Spannend wie eine Seilbahn. Okay, ich muss kurz etwas überlegen. Knöpfchen drücken. Ciao zusammen, da ist Metal Serverland. Ich bin mega happy, dass der Ricky die Lautstärke von unserem Intro in den Griff bekommen hat. Yes. Weil sonst hätte der Kate-Effekt jetzt auch noch einen Hörschaden gehabt. Und das wollen wir ja nicht. Ah ja, by the way. Bei uns sind der Luki und der Radar von Kate-Effekt. Cheers! What up? Mir ist jetzt erst eingefallen, dass er eine Kamera hat. Ich habe mich gefragt, dass du mich nicht anschaust und mit mir redest. Er redet mit dem Internet. Genau, aber Hallo, das Intro Internet. ist vorbei. Jetzt schaue ich dich wieder Das an. Intranet. Deine hübschen Augen und deinen stabil Baby. gestutzten Bart. Voll. Ja, willkommen. Merci mal, es ist Folge Nummer 32 mit der Kate Effect. Der Podcast ist doppelt so alt wie der Bella. Ja. Ja, fast. Ja, fix. Fast. Nein, schön, dass wir da sind. Wir haben nichts vorbereitet. Habt ihr auch Absolut. nicht, oder? Nein, Sehr das, gut. das muss ja so sein, oder? Gut, ja, sagen. Ich meine, ich bin ein sehr großer Fan von der Kate Effect Podcast, Folge 1 und 2. Selber schuld. Voll. A.k.a. Folge 52 von «Wer hört was?» und die andere, weiss ich nicht mehr. Die 50. 50 und 52 ist es. Nein, 50 irgendwie und 42. 42, wirklich. Alright. Wir müssten es wissen, wir sind da gewesen, aber wir wissen es Voll. nicht. Also, Hey, ich weiss auch nicht mehr, welche Episode das Ich verstehe keine Zahlen, die länger sind, als ich Finger an der Hand habe. Ja, same. Und ich habe mindestens 42 Finger. Ich muss mal herausfinden, ob meine Episode immer noch die beliebteste war. Sie war lang mal die beliebteste gewesen. Sogar noch Ja. beliebter als die von Yannick. Aber dann Ja. ist Paleface gross Aber geworden. meine ist die längste gewesen. Deine ist die längste gewesen. Hier, Ja. Das hat sie hier. gesagt. Ich habe es probiert zu pushen, es hat Aha. nicht geklappt. Sie haben mich rausgerührt. Uns war sicher die lauteste, gewesen, weil ich unser Intro abgeladen vom Soundboard und es laut war. Hey, so wahr. Soundboard habe ich wirklich mega gefühlt und deswegen haben wir da auch. Jetzt muss ich wissen, wo der ist. Nein, das ist nicht Nein! der. Der. Okay. Ist das? Yeah, endlich! Ich habe Nein, gerade gemerkt, die weißen Brian ist Zahlen bei können gar uns. kein Diss sein. Ja. Wir haben jetzt das Soundboard durch die Heimgeladen. Wir gefunden, wir sind professionell, wenn wir als Gäste unterwegs sind. Ich meine, das Branding vom Kate Effect Podcast ist natürlich völliger Nonsens, aber wenn wir mal zu Gast sind noch anders, Mhm. dann muss man anspruchsvoll unterwegs sein. Darum haben wir nichts vorbereitet. Nicht mal Der das Ricky hat es Soundboard. vorbereitet. Und zwar in allen anderen Episoden, die wir mit Gästen hatten bis jetzt. Mhm. Weil er hat immer die gleichen Fragen gestellt. Und es ist Ja. verdammt gut gekommen. Ja, voll. Ich meine, ich stelle mir gerade die gleiche Frage, wie wir alle stellen. Stellt euch mal kurz vor für die Leute, die vielleicht mal euren Podcast mit der Wer was das, wo uns noch nicht gelost haben. Zuerst mal das Wichtigste ist keine Frage, das ist eine Aufforderung. Alright. Ich fordere es auf. Nein, was ist wieder? Fuck, ich wüsste wir, aber sind, einfach wir, sind kurze der Kate, wir Vorstellung. sind der Kate Effect Mhm. und man kennt uns aus dem Vorprogramm von Whiteout vom Renation Festival. Zum Beispiel. Ja. Sonst nicht. Nein. Das ist schon stark Nie. im Fall. Du hast sogar Stand-Up-Comedy gemacht. Ja, zwangsläufig. Ja. Mhm. Wir haben früher angefangen, unser Set war zu kurz Aha. gewesen, und wir haben es strecken, bis meine Freundin gekommen ist. Und dann habe ich immer so Scheiße reden. Ja. Das Mache kann ich, ich. mach ich sonst nie. Wir sind sonst sehr eine ernsthafte Band. Oder Mhm. sag etwas, ich habe Angst. Ja, ich bin ich schon sehe der Musst es, du musst du in dem Fall, wahrscheinlich, ich bringe das gerade kurz niveausloch, aber musst du dich in dem Fall sonst nie strecken, dass deine Freundin kommt? Ich verstehe den Joke nicht mal, Kollege. Kann nicht. Es ist Ja, kleiner ich habe als nur ich, was Sex deine gehört. Frage beantwortet. Also was du jetzt herausfinden, wer meine Freundin ist, sie ist kleiner als ich. Sie ist unter 1,80. Das sollte das recht einhängen. Mensch, sehr, ja. Einhängen. Okay, ist Also. gut. Ich mache jetzt ein Spiel heute mit mir heute Abend. Vielleicht finde ich ja noch raus, wer deine Freundin ist, auch beim random Fragen stellen. Alright. Du könntest fragen, wie die Sehr Freundin gut. ist, ich wüsste es sogar sagen, aber nicht on air, das Mysterium wird Nein, nicht nein, das sicher nicht. Aber es wäre auch nicht lustig, wenn ich die direkt befrage. Ja, anyway, was müssen wir uns vorstellen? Ja. Haben wir gemacht. Kurze Vorstellung. Willst du uns Also noch einfach von der vorstellen? Band oder von der Person? Schnell persönlich und nachher gehen wir tiefer in die Band's History rein. Also du stellst mich vor, ich stell dich vor. Oh, das ist cool. Das ist mal Okay, etwas sehr Neues. gut. Also, das ist der Lukas Villiger. Er singt Sag nicht den schon... Nachnamen. Oh, Entschuldigung. Wir haben Warte. Ja, Okay. ich sehe jetzt. Er spielt schon lang in Bands. Ich glaube, das ist etwa so Science 2005. Timor. 2002 mit einer Band, die ich 2002, gehört habe, wenn ich aus dem Bandraum rausgekommen Ja, bin. hat schon Aber so ich bin sicher länger in Band als gut ist. Band so gut ist für meine geistige Gesundheit. Wir sollten die Kamera schauen. Ah, Entschuldigung, ja. Aber ich kann auch dich anschauen. Du hast Ja, vorher das gesagt, das stimmt. wird dich niemand anschauen. Also von dem her. Der Bella hat mich nicht angeschaut. Das ist Aha, ja, völlig oh, Entschuldigung. schon fürs Intro gewesen. Okay, genau, ich bin der Luki, der hat mich vorgestellt. Ich heiße Villiger, das weiss das Internet, das hat vorher niemand gewusst. Ja, genau, ja. Nein, weißt du was? Du hast ja eine gute Idee gehabt. Tu mir das Licht dort hinten. Ich habe es doch gesagt. Ja, Ich du hast habe gesagt. es. Vor allem jetzt bin der mit dem mühsamsten Kopfhörer muss jetzt wieder aufstehen. Wird das eigentlich nachher geschnitten oder müssen wir jetzt Pausenmusik machen, bis der Bella da oben gelichtet hat? Es wird Ich tue wahrscheinlich nicht einfach... schneiden. Ich bin voll Sage, ich kann nicht editieren.
Also das näher mit der- hinten, ja, genau. Also das mit blöden Beleidigungen, wenn wir das mal weglassen, weil bei «Wer bastelt was» haben sie es einfach können rausschneiden, dass man Perfekt. Wenn wir die Welt beleidigt haben oder ja, sowohl als die auch. Anwesenden. Ja, das stimmt. Ja, ich tue ihn gerne nicht editieren. Ricky muss Sobald ihr amigs nachher editieren. gönnt, dann ist es gerade schneiden, aufladen und am Mitternacht ist raus. Okay. Sehr gut, cool. dann wissen wir einfach, was wir können Werbung Tschüss machen zusammen. Aber Absolut, ja. falls wir deinen Nachnamen sollten rausjähen, kannst du das schon Mein sagen? Nachname ist relativ einfach zu herausfinden. Das Geile ist, wenn du meinen vollen Namen googelst, findest du noch irgendwelche Ärzte. Ich bin nicht erfolgreich genug, um im Internet auftauchen. Hintere. Das ist gut. Das genau. Das Okay. Top. So, vielleicht haben wir es jetzt dann mal geschafft. Anyway, das ist der Radar. Er spielt auch länger in Bands, als gut ist für meine geistige Gesundheit. Ja, vor allem für deine, das Ja. ist wichtig. Cheers. Und er spielt Gitarre, und zwar sehr gut. Und er, Ja, schreibt, er schreibt Songs, auch Das sehr hast jetzt du gut. gesagt. Nein. Und er macht auch wahnsinnig guten Social Media Content. Also wenn ihr einen Social Media Producer braucht, fragen nicht den Radar, er hat keine Zeit, dann macht es für uns. Genau, und ich merke da immer, wenn ich das ganze Zeug gemacht habe, haben wir ganz viele Schreibfehler im Englisch und wenn es der Luki noch korrigiert hat, haben wir noch Schwein gehabt und sonst ist es dann halt einfach drauf. Der Radar ist für die formellen Fehler zuständig, ich bin für die inhaltlichen Fehler zuständig. Okay, gut. Also ich das schreibe ist- Sachen, die nicht stimmen, der Radar schreibt korrekte Sachen, die manchmal falsch geschrieben sind. Das Genau, ist oder? perfekte Das- Kombination. Das hebt sich gut. Zusammen sind wir das Parteiblatt von der Nein, das können wir jetzt nicht. Ja, geil. Eben, also ihr habt gesagt, ihr habt am Ammunition Fest zu früh angefangen. Zu früh? Wir haben einfach früher angefangen. Aha, und Weil, wir haben warum dafür, nicht? wir haben dafür zu spät angefangen. Ja, das ist gut, hat sich Ja, ausgeglichen. perfekt, ja. Und wir haben es recht zusammengekürzt. Wir dachten, wir finden später an bei so vielen Bands und sind doch froh, wenn wir früher aufhört. Da hat es geheißen, nein, ich habe schon genug angespielt. Eben, es war stark gewesen, also ich muss sagen, Danke vielmals. Danke. also ich kenne eure Band auch, also eben der Kate Effect habe ich erst mal, glaube ich, 2015 gesehen oder so. Ey, ich habe mich eben gerade heute noch gefragt, wo ich dich das erste Mal gesehen habe, es könnte irgendwo dort noch sein. Du hast sicher noch bei Atropas gespielt. Atropas oder? habe ich Ja, gespielt, genau, das genau, könnte dort sein. Ich glaube, das ist das erste Legends-Konzert und ich stockvoll war. Lass mal überlegen. Ist das im Werk gewesen? Planet 5? Planet 5. Glaub, Ich oder? glaube, das ist wirklich das erste Konzert ohne Drummer gewesen, wo Ja. ja. Komm, whatever. Ja, genau. Oh Gott, David. Ja, Vor- genau, du hast den Hut gehabt, von, ist es Dragon Ball gewesen? Nein. Der von der Ara... Ja, genau, genau. das- Genau. Ja, ich weiss Ja, Ja, und der hässliche suche ich. Trainer. Sorry, der schöne Der Trainer. schöne Trainer, kann ich sagen. voll. Aber ich Ich muss vermisse den Übersack-Trainer. überlegen, Ja, unbedingt. ist das dort, wo Atropas auch gespielt hat? Ich meine, Mit dem Phil, glaube ich. Dort bin ich, glaube ich, nicht mehr in der Band gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, haben wir nicht mal mit euch gespielt, wo du gespielt hast? Maybe. Irgendwo haben wir, also, haben wir uns dann so schon mal im Bandraum gesehen, wo wir noch 2 Spiele in der Schule unten waren oder so. Möglich. Ja, stimmt. Ja, wahrscheinlich ist es das so. könnte sein, weil, Das könnte ja auch sein, ja. weil ich weiss noch, das letzte Mal, wo ich jetzt, nimm es nicht böse, wirklich wieder mal wahrgenommen Ja, haben, ja. grundsätzlich Ja. ist es eigentlich gewesen. Ist eigentlich so wirklich gewesen, wo wir wo es am ICU-Festival Ja, letztes Jahr. ja, und dort so, Scheiße, stimmt, der Ricky, aber jetzt hat nachher müssen ich Kopf vertellen, wo muss ich jetzt Ja. dich wieder versorgen, dann hast du gesagt, oh. Aha, genau. Und dann ist dann manchmal sich, Ey, mir ist im Fall das Gleiche. Das passiert, wenn du so lange Zeit schon in der Szene spielst und ihr spielt noch länger als ich. Aber mit dem Drummer bei Whiteout, mit dem Denu, der hat bei Search for Diamonds gespielt. Damals die Band von Gino Ah, und der Thymian, der Josip. Josip. Und wir haben mal gespielt mit Dreamshade im Berg 21. Und Jahre später haben wir White angefangen und er ist zu uns gekommen. Und ich so wie, cool, aber ich habe nicht gecheckt, dass wir uns schon gekannt haben, oder? Ich so, hey, ciao, ich bin der Rick und so. Und im Nachhinein so, scheiße, wir haben ja mal zusammen gespielt, oder? Aber ich habe es komplett von meiner Erinnerung einfach gelöscht. Hey, ich könnte nicht mehr sagen, wer es war, aber ich weiß, es hat mindestens einmal gegeben, dass jemand und ich uns zweimal neu kennengelernt haben, wir beide vergessen haben, dass wir uns schon kennt haben. Ja. Moment mal. Ja. Aber das muss Jahre her sein. Wahrscheinlich bist du es gewesen. zweimal Applaus gehabt. Ja, das stimmt. Aber wir haben uns auch sicher wahrscheinlich mal Save Last Breath Gig mal gesehen oder so, bevor wir überhaupt kennengelernt haben. Ganz sicher. Hast du bei Save Your Last Breath gespielt? Nein, ich habe Mal einmal... gesungen, ja. Einmal, weil der Thierry damals in der Ferien war in Mexiko und sie noch einen Auftritt reinbekommen haben, zum das Abschiedskonzert von irgendeiner Band spielen, die sie kennt haben. Sie haben mich gefragt, ob ich ein Okay. Set mit ihnen machen und ich habe das auch geil gefunden. Und jetzt, je älter dass ich werde, umso mehr habe ich das Gefühl, ich will gerne wieder mal ein Set mit einer Band als Metalcore-Sänger machen. Ja, geil. Also, ich habe zwar keinen Bock, eine Metalcore-Band zu gründen, aber falls ihr einen Gig habt, wo ihr keinen Sänger habt, 16. Text März, me. Kate Effect im Ebrietas. kann ich nicht, dann spiele ich ein Konzert. Ja, Motherfucker. Hey, ich habe gehört, Artifiction sucht nach Leuten, die 1 oder 2 Songs singen. Also kannst du dich gerade bewerben. Mal schauen.
Alternativ kannst du bei jeder Metalcore-Band auf die Bühne gehen und sagen, das Mic wegnehmen. Wir sind alles so ein bisschen sozial eingeschränkte Personen. Ich wüsste nicht, was mache ich, wenn ich nicht wäre, einfach ab der Bühne Bier trinken. Ich finde so, ja gut, der wird es schon verdient haben. Ich glaube, ich kenne keinen Metalcore-Sänger, der dich irgendwie wegschubsen oder so. Alle würden einfach so schauen. Doch. Ich kenne da schon ein paar. Aber die nenne ich jetzt nicht beim Namen. Ronny Radke. Ja gut. Nein, ich habe es spezifisch gemeint in der Schweiz. Ich kenne eben auch in der Schweiz. So, ich glaube, wir sind alle so introvertiert, awkward Leute. Wobei, ironischerweise haben wir es gerade von Save a Last Breath. Ich habe das Gefühl, Rico wird jetzt das Mikro... Erstens glaube ich nicht, dass ihm das Mikrofon kannst wegnehmen, weil er zu viel Kraft hat. Dann machst du ziehst weg, es passiert einfach nichts und dann merkt es nicht mal, er singt einfach weiter. Ja. Und zweitens, wenn der Rico ausholt und dir eine wätscht, was ich nicht glaube, der ein mega lieber Dude ist, aber genau, dann ist halt einfach ungünstig, wenn es dich willst. Wenn ich dich habe, dann tue ich mir weh, nicht dir. Ja, das ist so. Ja, das sehe ich. Vor allem der Rico sieht auch so brutal einschüchternd aus, wenn er auf der Bühne steht. Ja, voll, genau. Das war so crazy, als wir mit Mycelia damals mit Live December ein paar Shows hatten. Es ist immer so, der Rico ist so ein herziger Teddybär von einem Mensch. Ja. Der steht auf der Bühne und bekommt instant crazy face und macht Geräusche, weil es sollte illegal sein. Ja, aber der Marco Mycelia ist auch so. Also der ist genau gleich. Der Megan, ja, genau. Apropos, wenn wir schon am Werbung machen sind, das sind wir nicht, wir reden von Megan. Nächsten Samstag, am 7. Februar, spielt der Sig Fox im Eldorado. Oh, alright, geil. Das ist Anwesenheitspflicht für Leute, die gerne Punk haben, Bella. Wann hast du gesehen? Übermorgen, nein, was ist heute? Mittwoch? Übermorgen. Das könnte laufen. Samstag könnte laufen. Alright. Ja, in dem Fall. Samstag, Eldorado. Jawohl, dem Fall. Spielen noch andere Bands, ich den Namen vergessen habe, weil ich unfassbar unprofessionell bin. Das ist okay, aber ich schimpfe mich ja Punk, das heisst... Also jetzt für alle, was können, ich sage unprofessionell. Ich bin sehr professionell. Ich bin dann eigentlich am Schauen, ob ich Research betreiben kann. Ich kann Research betreiben. Also normalerweise machen wir keine Werbung von den Konzerten, wie wir Gäste haben, aber heute gibt es die Ausnahme. Also Samstag, Eldorado, spielt der Sig Fox, ist gut. Ja. Und andere Bands, die sicher auch mega gut sind, die ich nicht kenne, weil ich keine Punk-Bands kenne. Same, ja. Alter, hässiger Knusti bin. Also da der Ambassador of Punk ist der. Also wenn du ein alter, hässiger Knusti bist, solltest du eigentlich Punk hören, offiziell. Das stimmt heutzutage auch wieder. Hey, aber ja, also ihr mal andeutet, ihr seid schon ein Weile da in der Szene. Nimm mich schon Wunder. Ich habe jetzt gerade gedacht, eben vorher, als ich gesagt habe, wie lange das ihr schon in Bands spielt, dann habe ich gedacht, dort bin ich noch mit dem Velo am Stegen runtergefallen gewesen. Ja, wir auch. Aber ich kann dir sagen, das hat sich nicht viel gut, aber mit der Gitarre auf dem Rücken einfach und abgesehen, wenn ich sage, ich bin länger in Bands, als gut ist für meine geistige Gesundheit, dann muss das nicht heißen, dass es mega lang ist. Das heisst einfach, dass es mindestens 2 Wochen war. Ja gut, zum Fernsehen in einer Band sein für geistige Gesundheit ist wieder der schlimmste Fehler, den du machen kannst. Absolut. Außer Whiteout, die mega gute Texte über Mental Health haben. Kontroverse Meinung, Whiteouts sind noch gut. Internet. Die sind nicht schlecht. Ich finde, sie sind gar nicht so schlecht, wie man sagt. Ja, ich finde sie schon Gottverdeli überhyped. Und 25. Februar komme ich ganz sicher nicht an das Konzert, weil Whiteout dort spielt. Aber die Verses spielen dort, die sind geil. Nein, die kannst du auch wirklich gerade über die gleiche Kamm scheren. Da. Wer ist wieder Siamese? So, du hast eine Frage gehabt, zu Breakdown of Sanity. Breakdown of Sanity? Apropos Bands, die der Bella overhyped findet. Oh, genau. Das ist lustig. Aber hey, ja. Findest du immer noch overhyped? Ich habe, glaube mich probiert. Ich habe mich doch jetzt die letzten paar Dinge schon rausgeschnurrt, oder? Ja, ich habe meine Integrität verloren. Aber ich werde jetzt dann das Jahr 30, wo ihr alle kommen müsst. Ich sage jetzt nicht wieso, aber... auf jeden Fall... Es ist ja schon draußen. Ja, aber ich mache jetzt nicht Werbung fürs Konzert. Doch, ich kann sagen, doch. Wir haben ja noch nicht gesagt, oder? Ich bin 30. Jetzt macht das. Ich bin 30. Ich habe gelernt, man darf sich auch weiterentwickeln im Leben. Man darf, aber man muss nicht. Ich sehe, wir sind nicht die Einzigen, die das Problem haben. Welches Problem meinst du jetzt genau? Ganz viele Sachen. Ah, gut, okay. Aber ja, also, gehen wir mal ein bisschen zurück von Kate Effect auf eure persönliche Geschichte. Da wollte ich mal schauen. Eure Beginnings mit der Musik, bis mal so erste Banderfahrungen. Fang du an, das ist nicht jugendfrei. Ja. Das stimmt sogar. Ich will alle Details. Also, hast du schon mal in einer Pizzeria gespielt? Und wenn nein, wieso? Klar. Oh, ja, genau. Dich davon abbringen. Alright. Sie dürfen dich nicht rausrühren, wenn du Pizza hast. Nein, aber du hättest die Leute einfach so, die sind völlig perplex gewesen. Ich weiss nicht, das war wirklich unser erster Gig mit unserer, das ist noch mit dem Feusi Roger, mit dem Pedeminder, weißt du, welche Band, die wir zu 7 haben wir unsere Bandraum gehabt. Nein, ich habe keine, welche Band, ich dich noch nicht kennt, aber ich weiss, dass sie existiert. Er hat irgendwie so einen Pseudonamen gehabt, irgendwie Too Drunk to Know. Fang vom Anfang an, ich wollte mal von der Origin Story und nachher
zu der ersten Banderfahrung. Einfach so chronologisch. Der Ricky, also ganz weit zurück. Ganz genau. Er wird über deine Mami reden. Ich kann sagen, irgendwann bin ich mal lang geschwommen. Hinter dem Mond am Sendeli gewesen, oder? Und dann habe ich ein weißes Licht gesehen. Nein, das Handy vom Mutter-Haus. Fangen wir an mit der offiziellen Frage. Wie fängt deine erste Begegnung mit Musik und Metal eigentlich überhaupt an? Ich finde es schön, dass man Musik und Metal trennen, weil das ist noch relativ wichtig. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und vor allem hat man mit 12 noch nicht so recht gewusst, wo ich man will. Also, grundsätzlich bin ich dort eigentlich 12, 20, 40, whatever. Ja, du. Ja, sorry. Also, 2001. Habe ich... 9/11, ihr erinnert euch. Ja, super. Scheiße, sag nichts. Ja, nu. Okay, Slayer hat an diesem Tag God Hates the Saal rausgebracht und das finde ich irgendwie passend. Das einzige wirklich gute Slayer-Album aus Thunder, Rain and Blood. Alter, ja. Das ist wirklich das Album, das beste Slayer-Album. Ich habe das nur gesagt, wie du es mal irgendwann gesagt hast. Ich finde es etwas so gut. Also nur, dass du gesagt hast, das hat was hat schon probiert mit unseren vernünftigen Dingen. Das ist gut, aber es ist auch totale Hybris, zu uns im Podcast kommen und versuchen, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Das ist fair. Wenn jetzt mit Gast du hast recht, müssen wir das benennen, aber jetzt beantwortet eigentlich die scheiße Frage. Also, mit 12, der Vater hat früher eine Akustikgitarre gehabt und eine 12-seitige Gitarre und ich habe dann auch Gitarre spielen und nachher haben mir die Eltern so einen kleinen Semi-Camp, wo glaube ich sogar immer noch bei mir daheim irgendwo rumsteht. Das ist mit vielen anderen Amps. Ja gut, das hat sich aber, das ist Jahre zu Jahr. Schau jetzt ganz von Anfang an haben wir gesagt, ja, das ist ja wieder über Uter. Über Uter? Ja, über Uter mit einer Gitarre. Du willst wirklich über den Uter ausreden? Nein. Nein, sorry, der Bella will, nein, der Ricky will über den Uter ausreden. Ich weiß nicht. Er hat vorher angefangen mit dem Lichtanwendung vom Uter. Er hat gesagt, wir sollen von Anfang an anfangen. Ja. Hey, aber ich muss sagen, 12-seitige Gitarre, dein Dad ist Gent bevor it was cool. Ich meine. Gut, aber du kennst deinen Dad nicht. Dein Dad ist wirklich objektiv betrachtet extrem cool. Also, ganz mit Respekt, mein Dad ist einer der grössten Nerds, die ich kenne. Ja. Das finde ich recht geil. Also, sein Dad hat mehr Lego als wir alle miteinander. Ja, das stimmt. Und ich finde es cool. Darf ich mal deinen Vater kennenlernen? Absolut, ja. Du musst einfach Marada zuerst seine Frau ausspannen und den Rado heiraten. Das darfst du nicht. Ja, das wird schwierig. Wenn du mit der Steffi Streit anfangen, ist schwierig. Okay. Darfst du alles deiner Frau im Internet sagen? Hä? Sagst du es noch? Der Ricky schneidet es nachher, ist schon gut. Ah ja, er hat gesagt, er schneidet es nicht. Er schneidet alles raus, was er ins Internet ist eigentlich schon abgefahren. Nein, es ist einfach wirklich okay. Ich habe auch schon Sachen gesagt, wo der Ricky das Gefühl hat, Bro, aber das müssen wir kurz rauspiepsen. Ja. Okay, neue Challenge. Macht Piep. Muss mir noch genug für sagen, dann kann ich es reinsetzen. Geil. 2 Sekunden vorauswissen. Schau jetzt weiss ich wieder nicht mehr, wo ich war. Eben 12-seitige Gitarre, Semic-Amp, ein Gitarre. Ich weiss nicht mehr, was das für... Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Marke war. Aber ich weiss, sie hängen jetzt immer noch am Terra übrigens an der Wand. Die ist Ehre. Das Terra, was es schon lange nicht gibt. Ja, Entschuldigung, nicht das Terra. Das Animals Rocktown, das gibt es auch schon lange nicht mehr. Warte mal schnell. Das District, genau. Im District. Die hängen am District jetzt immer noch oben dran. Das war so die erste Gitarre gewesen, und mit der habe ich 2,5 Jahre oder 3 Jahre bin ich in die Musikschule. Wirklich Basics angefangen zu lernen, habe dann gemerkt, das ist eigentlich so wirklich, also ja, jetzt Rock'n'Rolling angefangen und nachher habe ich gemerkt, ja. Weißt du dein Lieblingssong, den du dort gelernt hast? Hammer Smash Face. Nein, ich habe mit 12 so parallel, während ich angefangen Gitarre zu spielen, bin ich auch eher so ein bisschen schon in die Heavy-Szene reingerutscht. Also sprich, mein Pseudo-Onkel nenne ich ihn gerne, das ist mein Onkel, sein Bruder, das ist der Sänger von Pigskin, der Dani. Ganz sicher. Ja, jetzt weg kein Pigskin. Der Bruder von deinem Onkel ist auch dein Onkel. Ja, kommt theoretisch der Dani von Pigskin. Ja, der Dani von Pigskin. Das ist seine offizielle Bezeichnung. Ja, er hat keinen Namen mehr, er ist einfach der Dani von Pigskin. Ja, und der Dani P. Nein, Dani von P. Und ich habe von innen, von Pigskin-mässig, habe ich ein Haufen CDs bekommen. Was haben wir das genau gewesen? Ist das Suicidal Tendencies, Scheibe, Free Dump, wenn dir das noch etwas sagt. Das ist so eine von denen. Also dir als Latino müsste das etwas sagen. Was? Suicidal Tendencies? Suicidal Tendencies ja, aber die andere ist Freedom. Freedom, CD von Suicidal Tendencies. Ist von Suicidal Tendencies. Das ist mega Punk. Gut, nein, die haben ja eigentlich immer Punk gemacht. Ich kann irgendwie nur Institutionalize von Suicidal Tendencies, der Videoclip. Das ist geil. Suicidal Tendencies ist auch so eine Band, wo du keinen Songnamen kannst sagen. Ja, voll. Aus der Suicidal Tendencies. Freedom. Wir haben 3. Hippie Killers hat noch einen geheißen. Nein. Geil. Mal, doch.
Also jetzt heißt 4. Das ist gut. Hat nicht irgendjemand von Ihnen bei Stormtroopers of Death gespielt? Oder verwechsel ich da jetzt etwas? Ist das nicht die gleiche Band? Ja, nein, doch, mit der Speak English und ja, das war einer, glaube ich. Das ist das Einzige, was ich über Suicide Tendencies weiß. Entschuldigung. Ihre Ex-Bassist spielt jetzt bei Metallica. Das stimmt. Voll Metallica hat es endlich geschafft. Mit dem Bassist schon, ja. Die Leute, von denen wir gespielt haben, nur schon wenn die alten Scheiben von Suicide Tendencies, nein, sicher ist völlig krank. Ja. Vor allem ohne Pick, Alter. Ja. Hand wie Picks. Und wenn wir bei Pigskin wären. Was hat Pigskin für Musik gespielt? Trash Metal Hardcore. Trash Metal. Hardcore. Auf der. Das Problem ist, ich hatte der Pierrick von Stonehill ist zum Beispiel bei Pigskin gewesen. Der Renny von Stonehill ist bei Pigskin gewesen. Das sind alles so die Pigskinners gewesen. und Lass mich nicht hängen auf die... Ah, Gott sei Dank, wirklich. Du hast ja Angst gehabt, du lässt mich hängen, während der Kamera zuhört. Das würde ich hätte unseren Harakiri von Nein, aber das ist so Sky der Sound, der mich mega geprägt hat. Ich bin nachher mega auf die Schiene ein bisschen Hardcore Trash Metal gekommen, bin dort nachher relativ schnell auf Hatesphere übergekippt. Und nachher Nemec, wie sagen wir es? Nemec, ich sage auch Nemec. Gibt es leider auch schon lange nicht mehr. Die dänische Band. Das Trendli vom Nemec, die gibt es schon lange nicht mehr. Habe ich mal live... Nein, wir haben noch zusammen gespielt, das sind absolute Hurensöhne gewesen. Danke für das. Endlich sagt mal jemand etwas so in diesem Podcast. Endlich! Du hast mein ganzes Bild von dieser Band zerstört. Danke. Zum Fernsehen, ich glaube, niemand, die Band, die du sie gut gefunden hast, ich glaube, niemand von denen ist zu diesem Zeitpunkt noch dabei gewesen. Ganz sicher, also zumindest der Bassist. Okay, sorry, kein Mensch. Ich bin Bassist. Ich darf das sagen, ich bin Bassist. Gut, das stimmt. Er war übrigens mal Bassist bei uns. Welcher? Ja, ich habe Bass gespielt und gesungen. Dann habe ich einmal den Bass daheim vergessen und nur gesungen. Ich fand, du darfst nie mehr Bass spielen. Das ist besser, wenn du nicht Bass spielst. Absolut degradiert worden in dem Fall. Und seitdem haben wir eigentlich wirklich keinen fixen Bass. Nein. Jetzt haben wir bis jetzt noch gar keinen. Also wir haben den besten Bassist, den wir jemals hatten. Also Caseface, ja, unbedingt. Der Klassiker, der Standard, also der Bassist, der jeder Metalcore-Band spielt in dem Fall. Ja, absolut. Gerade im Moment schon, ja. Aber jetzt gibt es ja anscheinend ein paar Bands, die ohne Schlagzeug spielen. Ich kann sagen, wir haben es gemacht, bevor es cool war. Ich habe alles scheiße gefunden. Es ist ja jetzt nicht cool, es findet immer noch alles scheiße, aber... Die Anfänge sind richtig mühsam gewesen. Ja, wir hätten ja meinen, irgendwie 2016, wir sind schon relativ technisch fortgeschritten und nein, was haben wir noch gehabt? FireWire und Windows 95. Also gut, aber das hat 2016 schon Laptops gegeben. Niemand hat dich gezwungen, einen 40 Jahre alten Hard-Disk-Player zu kaufen. Das war auch viel geiler gewesen. Ja, vor allem, wenn du irgendwie 5 Stunden hast müssen warten, bis endlich Daten dann Ich finde es auch geil, dass du einen Windows XP-PC kannst, um das Teil zu bedienen. Das ist kein Witz. XP wäre gäbig gewesen. Es war ein 98er gewesen, weil das Programm zum Bespielen von dem Alesis hat halt nur mit einem 98er funktioniert. Komisch. This system will not support it. Aus. The future is now old, man. Ja, gut. Aber das Teil ist so geil. Wir müssen es so immer zeigen. Es ist wirklich, das Harddisk ist irgendwie... So wir haben eine Kamera, ich kann es zeigen, es ist kein Audiomedium. Ja, so gross. Ja, so. Ja. Du kannst so einen fetten Griff rausziehen. Ich habe immer gefunden, wir sollten hinten dran einen Nebelwerfer installieren, damit es ausgeht wie so eine 80s. Und so also am Anfang habe ich noch Schiss gehabt, du könntest noch Floppy-Disks shoppen. Das wäre wirklich geil gewesen. Nein, wenn du 15 Floppy-Disks nimmst, dann hast du das MIDI-File für eins. Ohne Samples. Nein, ich glaube, das ist ein halbes MIDI-File für heutzutage. Also ihr habt die Drum Machine von Alesis? Nein, wir haben eine HD24. Wenn ihr das googelt, dann könnt ihr dann schon schauen, wie das alte Scheißgerät aussieht. Das ist 24 Eingang und Ausgang, kannst recorden und playen. Und hast so wirklich so die typischen alten Harddisk, die halt noch hast, bevor es SSD gegeben hat. Hast in so kleinen Cases gehabt, die hast du reinshoppen und raus tun. Das ist nicht so klein, das ist voll geil. Ja, es ist und ja, es ist relativ mühsam gewesen, und vor allem das Dümmste war, wenn du irgendetwas, dann hast du die ganzen Daten draufgespitzt und dann hast du es live gespielt, hast gemerkt, Scheiße, einen Tom-Roll vergessen, gut, den ganzen Scheiß noch einmal ausziehen, Daten bearbeiten, natürlich auf dem Cubase, nachher überladen auf den scheiß alten Laptop, nachher mit dem wieder bespielen auf die Hard. Also ich bin stundenlang nur an der Seite. Und nachher ist plötzlich Cinematic erschienen. Was ist erschienen? Cinematic. Das ist das gleiche Prinzip, aber es hat eine SSD. Ja, genau. Das gleiche. Nein, es hat kein SSD. Es hat kein SSD. Es hat einfach einen USB-Slot gehabt, wo das vielleicht einfach der Shop. Und das Gerät hat nur 16 Ausgänge gehabt. Es war nur ein Player gewesen. Ist etwa so gross wie ein bisschen kleiner als eine Schuhschachtel.
würde ich jetzt jemand sagen. Und das hat einfach, du hast einen USB-Stick rausnehmen, in deinem PC rein, Files mit einem Programm überspielen, 5 Minuten gegangen, hast können über einen Tag, wusch. Und so sind wir 3 Stunden gespart worden und ich habe richtig gejubelt. Aber vorher, ich habe jetzt keine andere bessere Variante gehabt, als hättest du es mit einem Laptop gemacht. Und damals Laptops sind noch nicht so ganz... Ja, sie sind auch nicht stabil gewesen. Genau, ich hatte dort schon Schiss gehabt. Also, wir reden von 2014, 15, 16. Nein, also weißt, eigentlich müsste es schon stabil gewesen sein. Ich habe schon ein paar Notebooks. Notebooks. Das ist eigentlich die Frage, jetzt 3'000 Stutz in die Hand, für einen, der sich genug Akku hat, genug Leistung hat, genug schnell Prozessor, genug RAM hat und ich so grosse HDs drin. Aber du willst nicht wissen, wie viel das an mir an Lebenszeit gekostet hat. Wenn ich das verrechnen müsste, dann hättest du gescheiter für 3'000 Stutz einen Laptop gekauft. Das habe ich gemeint, gesagt, dass länger als gut ist für die geistige Gesundheit. Nein, 2014, 15, ich habe auch ein paar Fails gesehen, wo Bands einfach stoppen und einfach so von vorne, ja, Notebook geht nicht, neu starten, ja, warte, ist einfach 5 bis 10 Minuten, Energie ist schon mal weg gewesen, oder? Und deswegen habe ich damals Bands mit Backing-Tracks diskriminiert und ich fand, die sind alle scheiße. Es ist einfach nicht stabil gewesen. Es kommt davon, was für Backing-Tracks, je nachdem diskriminiere ich Bands immer noch. Ja. Aber ja, ich verstehe. Wenn der Gesang nicht an die Bank kommt, hast du versagt im Leben. Ja, das stimmt. Wir haben versagt im Leben. Aber weißt du, das verstehe ich mit dem hohen Laptop, weil ich meine, ich habe letztens Sonor gesehen. Einer von den Gitarristen spielt Gitarre über einen Laptop. Und geil. Ich schaue das an, denke mir einfach so, du mutiger Hurenbastard. Okay. Wahrscheinlich ist es wesentlich etwa genau gleich safe wie mein hure Helix Floor Dings. Absolut, ja. Ausser es kommt ein Windows-Update rein. Aber ja. Abgesehen von dem ist es wahrscheinlich nicht einmal so scheiße. Ich hätte einfach keinen Bock, zu einem Laptop mitnehmen. Ja, gut, ich habe mal eine Lösung angeschaut zum Bassspielen, wo alles über einen Raspberry Pi läuft. Und kannst theoretisch, aber es ist mühsam, zum live etwas nachjustieren. Du kannst ihn zwar über die IP-Adresse mit dem Handy verbinden, aber versuchen auf einem Touchscreen auf so einem virtuellen Pedalboard auf so einem kleinen iPhone live Ding nachjustieren. Und es hat mega scheiße getönt, weil ich keine Ahnung habe, wie man das Zeug einstellt. Ah ja. Gut, wir spielen mittlerweile auch mit einem Laptop, aber das ist so, es kommt so wenig so Zeug, es ist nur ein Klick vom Laptop und noch so ein bisschen Effektsachen. Ja. Da alle die Studio Magic, die der Ricky für uns noch gemacht hat, einfach so und nein, wir haben jetzt auch die Leadgitarre, aber sonst so. Wir könnten schon immer noch ohne Laptop weiterspielen. Nein, wir haben Click, Backing-Tracks, wir haben Patch-Changes via MIDI, wir haben alles über das funktioniert nicht mehr, gell? Ja, fuck, wenn das Ding tot ist. Ja, also wenn es nicht, ja, also wenn es ausschaltet, dann muss ich einfach schnell... Ist vorbei. Ja. Also schnell. Haben wir wenigstens einen Mac? Nein. Oi. Hey, aber ich muss sagen, ist Linux, weißt du? Nein, einfach der normale Büro-PC vom Drown, der funktioniert einfach tiptop. Gut, bei Büro-PCs sind damit. Ja, okay, jetzt müssen wir nicht anfangen über Laptops diskutieren. Ich glaube, die Konversation hat die meisten Leute schon verzweifelt. Wie bist du dann nachher von deinen ersten musikalischen Erfahrungen, nachdem du stimmt, und dein quasi Onkel, der höchstwahrscheinlich auch dein richtiger Onkel ist, von Pigsquin. Schau, in der Innerschweiz sind alle verwandt. Der Dani, hey, Alter, der Dani von Pigskin, nachdem er dir ein paar CDs gegeben hat, wie bist denn du dazu gekommen, dass du, nachdem du Gitarrenunterricht genommen hast, für ein paar Jahre? Ich finde, du fassst das sehr gut zusammen. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe nicht gewusst, dass du ein Langzeitgedächtnis hast. Ja, doch. Weißt du, da fühlst du dich eben auch wahrgenommen. Weißt du, wie der lässt einem mal jemand ich kann es einfach so das sagt zwar eigentlich immer meine Frau, wenn sie mit mir redet, aber grundsätzlich wirklich. Ich habe zwar keinen Elefantenpimmel, aber manchmal kann ich mir etwas merken. Nein, wie bist du dazu gekommen, selber eine Band zu gründen? Oder eine Band Langeweile, nein, eigentlich nicht. Ich langweile, nein, eher weniger. Nein, es war einfach, weil du mehr hast machen. Du hast jetzt das Instrument geübt, du hast gemerkt, Metal cool, du hast mal angefangen mit... Das Ding ist ähnlich, du hast am Anfang ein Problem gehabt, wenn du noch gar nie warst, eigentlich, wie kommst du so in die Metal-Szene rein? Und bei uns im Dorf war es Terra eigentlich, das ist so Terra, der Schwanen, für die eventuell zuhören und uns kennen, die wissen, um was es geht. Das war so der Rock-Metal-Club gewesen. Drogenspalter. Wo grundsätzlich alle ein bisschen umeinander gehockt sind. Wo ist der? Pfäffiken, Schweiz. Also gsi. Ja, es ist eine Bank dort. Alright. Es macht Sinn, dass Pfäffiken, das ist eine Bank. Ja, also. Alright. Aber haben sie auch so lokale Gigs und so? Ja, eben, relativ viel und die haben das auch mega cool gemacht. Und da bist du dort halt einfach mal reingeplumpst und ich habe wirklich eigentlich nicht wirklich Kollegen gehabt, die auch Metal gehört haben. Und das ist doch in meinem Dörfli jetzt nicht gerade so der Standard gewesen. Und dann bist du dort mal eingegangen und dann hast du ein bisschen Leute kennengelernt und dann
der Feusi und der Steini sind so etwa die fuck, der Steini, stimmt. Ja, sind so etwa so die ersten gewesen, die ich so kennengelernt habe. Und die haben mich nachher halt überall hingeschleicht. Du hast immer mehr. Und nachher so plötzlich gesagt, hey, du spielst ja auch Gitarre, komm, wir machen doch mal zusammen etwas. Dann hast du mal zusammen gejammt. Dann, hey, komm, wir machen doch zusammen einen Proberaum. Die 7 war so ein bisschen bei uns der Anlaufpunkt grundsätzlich für Proberäume. Und nachher haben wir dort einen Proberaum bekommen. Haben dort in dem Industriedingen sind, wo Pix generell hatten. Ja, genau. Also Requiem hat Ding dort. Es ist so, dort ist noch so ein Multitreffpunkt von Bands eigentlich, wo du in der Schweiz wo du eventuell sogar kennst. Ist eventuell dort, wo Paleface abprobt? Nein, ich glaube, sind die aus dem Aargau nicht? Nein, die sind auch irgendwo dort Hombi... nein, das ist nicht Pöring. Ja gut, Hombi ist schon in der anderen Seite. Alright, ja, dann bin ich Küste, Goldküste. Siehst du, meine Geografie ist in der Schweiz immer noch scheiße. Scheisse, wir sagen nicht, wo der Ricky wohnt, wir sind nicht doxt wieder, wir sind da und das ist nicht urban. Sorry. Was? Wir sind Aargauer jetzt. Wir sind beide sind Aargauer jetzt, ja. Badner Boys. Und dort, nachher hast du deine erste Band gegründet, hast du mal ein bisschen probiert und nachher haben sie gedacht, ja, wir wollen Gig spielen, oder? Nachher hat eine Kollegin Geburtstag gehabt und sie gesagt, ja, sie mieten die Pizzeria und nachher so, cool, so, sie brauchen noch eine Band und so, ja, hey, komm, wir können spielen, oder? Und dann ist noch eine andere Band, Jens geheißen, der von uns spielt jetzt, glaube ich, dort noch. Hyperion, Crypt, danke. Ja, Crypt, effektiv. Hyperion, nein, die jetzt dort. Ja, dort habe ich später gespielt. Nachher. Nein, du hast auch bei denen gespielt? Ja. Ja, gut. Und welchem Jahr ist es jetzt? Jetzt sind wir 1994, danke. Nein, jetzt sind wir 2005, 2006 umeinander. Und dann eben haben wir gedacht, der Gig, das ist der absolute Hammer gewesen, vor allem weil der Pizzeria gehört hat, der hat überhaupt gar nicht gewusst, was da passiert. Oder irgendwann sind einfach hure viele Leute mit Equipment reingelaufen und alles mögliche haben wir aufgestellt, PA, alles selber mitgenommen, Schlagzeug etc. Und dann so, geil. Ja gut, ein bisschen Unterhaltungsmusik, easy, oder? Und nachher haben wir so angefangen, der erste Gig überhaupt, wirklich, also der Schiss in der Höhe, hoch 10'000, nicht mehr gewusst, was spielen. Unser Sänger hat weder den Bandnamen ansagen noch den Song ansagen, er hat einfach angefangen zu singen. Und es war eigentlich eine mittelschwere Tragödie im Gesamten. Und der Chef von der Pizzeria ist irgendwann einfach brüllend aus dem Haus rausgesäckelt, weil er nicht gewusst hat, was da eigentlich läuft. Nein, wahrscheinlich schon nicht, aber ich glaube, er hat die Welt schon nicht ganz verstanden. Ich glaube, er war der einzige Gig in dieser Pizzeria. Glaub. Ja, aber sicher der letzte. Es gab nachher nie mehr etwas. Also, die Pizzeria gibt es immer noch, macht mega gute Pizza. Aber ich glaube, die wollen kein Instrument. Ja, es ist wir können fragen, was es 20-Jährige dort spielen. Ja, genau. Ja, das ist eine mega gute Idee. Nein. Also je nachdem, wenn ihr dem Huren sich einfach verkauft, was ihr macht, was es ihm vor allem an Umsatz bringt, wenn jeder in der Pizza frisst. Der Umsatz war sowieso super gewesen, weil alle Leute, die gekommen sind, und es war doch eine relativ grosse Geburtstagsgesellschaft gewesen, die haben getrunken, gegessen und sowieso. Das ist nicht einmal das Problem. Das ist eben das Ding. Eigentlich ist es ja egal, ob seine reguläre Kundschaft an dem Abend drin ist. Weil es gibt so viele Locations in der Schweiz, wo ich mir so denke, so, nein, sorry, wir können am Samstagabend kein Konzert organisieren, weil wir wissen nicht, wie unser Umsatz dann läuft. Und dann denkst du so, hey, sorry, ich bin die letzten 3 Samstage bei euch gewesen, es sind 15 Nasen rum gewesen. Also, wieso gibt es nicht mehr Konzerte an Tattoo-Laden? Weil es dort nichts zu essen gibt. Ja, aber es ist einfach so die... Und wahrscheinlich, weil es keine Alklizenz haben. Ah shit, ja. Das ist auch noch eine schwierige Sache. Ja. Wahrscheinlich, weil Pizzeria ist schon geil. Leute mit Tattoos oder einfach zu introvertiert sind, um irgendetwas zu machen. Nein, ich bin zweimal an irgendwelchen Shows in Tattoo-Läden gewesen. Das sind fix illegale Shows gewesen. Das war mega kacke gewesen. Also jetzt hat es nicht mit dem Mann, das war einfach jedes Mal hure kacke gewesen. Ja. Du bist noch nicht fertig. Nein, irgendwann muss ich dann einfach mal beschleunigen, sonst wird das nämlich ewig. Ich muss irgendwann aufs WC und ich habe kein Bier mehr. Also nein, jetzt hast du das St. Laurentius Bier schon fertig getrunken. Also ich mache jetzt keine Werbung, aber schicke uns... Ich habe St. Laurentius Bier aus Bülach sehr genossen. Gesponsert durch Produkteplatzierung. Eben leider noch nicht, aber wenn ihr wollt, Produktplatzierung haben bei uns. Ich trinke gerne euch ein Bier. 300 Stutz. Also platziere euer Produkt in meinem Bauch. Nice. So, der Ricky möchte wieder Journalismus. Nein, es gibt keinen Stress. Wir können Pause machen, so wie wir wollen. Voll. Also, und dann... jetzt haben wir 4 Jahre abgedeckt. Wir haben 2001 angefangen, jetzt sind wir 2005. Aber wie hat deine Band geheißen damals? Also, Too Drunk to Know. Too Drunk to Know, einfach so ein Pseudonym gewesen. Geil. Ja. Hast du bei Crypt gespielt? Nein, bei Crypt habe ich nicht. Sorry, I withdraw my statement, nicht Crypt. Alright.
Mal Crypt hat dort gespielt. Ja, aber du nicht. Nein, aber wir haben vor ihnen gespielt. Einfach nicht, dass nachher Crypt anrufen und hässlich sind, weil ich gesagt habe, du hast gespielt. Ja, vor allem, weil die all das, den Podcast wahrscheinlich auf und ab. Das sind Alpha-Podcasts. Ja, hey, im Fall, es würde dich wundern, wenn du Spotify-Data anschaust. Es hören das sogar Frauen. Ja. Also Ja, Böhni, habe ich mir Entschuldigung, gedacht. sonst. Ja, aber haben wir das können verifizieren? Ich glaube es nicht. Laut Spotify. Gut, Spotify. Auf Spotify bin ich ein Mensch. Spotify, YouTube, Apple Podcasts und überall. Ja, Apple Podcast bin ich gewesen. Ja. Aber Dings, wie jetzt Terra 5? Terra. District. Jetzt wäre es District. Jetzt heißt es District 21. 28. 28. Entschuldigung. Es gibt viele Locations mit Nummern im Namen. Ja, voll. Aber bevor du in irgendeiner Band gespielt hast, was für Local Bands hast du heute mal gesehen spielen? Warte, jetzt muss man sagen, du redest jetzt vom Terra, wo noch zu Pfäffiken war, nicht der neueste Laden, der jetzt offen ist, der immer noch oben ist. Ich glaube, er versucht einfach auf deine Geschichte einzugehen. Ja, ich weiss, genau. ich habe mich gerade selber in meiner Geschichte verloren. Und was mich interessiert ist auch, was für Local Bands habt ihr so begegnet? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Inspiration eingeholt von lokalen Bands, wo noch nicht in einer Band gespielt hast und einfach so, ich will das auch machen, als eben internationale Headliners und der ganze Scheiß, oder? Ja, Mega fest. grosser Input von Local Bands, eben Pigskin, in das Herz. Ja. Dann Cataract. Oh. Die haben nämlich auch geil. noch am Terra gespielt. Nice. Dann, was hat dort noch gespielt? Sie haben so viel. Vertebra. Das ist die Vorgängerband von der Kate Fair. Ja, geil. die hat auch mal dort gespielt. Dann Sanity Fates haben auch viel dort gespielt. Dort habe ich auch mal gespielt. 10 Jahre lang, oder? Einmal. So ein bisschen. So ein bisschen. Und nach 10 Jahren lang Wintertour und Retour habe ich nicht mehr mögen. Der Wind ist Ja, das so glaub weit ich. weg. Ja. Ja. Kann ich das Vor auch allem, erleben? Unironisch. vor allem Seehof. Tschüss. Stimmt, das ist ja nicht mal Winter, es ist so Nicht ein Neuhof, Arschloch von Winter. Seehof. Nicht verwechseln. Also, wir haben das Sanity Seehof, Fates, Cataract, Neuhof. Pigskin, Vertebra. Requiem. Mhm. Ja. Auch so ein Vorreiter gewesen vom geilen Death. Ich hätte sagen, In der Death Metal. Ich liebe es für die Bandnamen, aber auch einfach wirklich alle so tönen, als ob es 2002 umeinander gegründet worden wären. Ja, aber Ja. Es sind alles so So viel. Einzelwortnamen. Außer Cataract, die sind glaube ich in den 90er gewesen. Aber, Mhm. der, Aber eben, es sind alles so Einzelwortnamen, nicht irgendwie so... so lahms drüber, 15 Breakdown of Save Your Sanity, Last Galbella. Breath. Whiteout. Versi hat das. Reverses, Bruder. Reversis. Das ist, wenn wir spanische Lieder machen. Nein, das ist Reversis. unser erstes Best-of-Album. Ah ja. Ja. Danke, Lukas. Ich schreibe mir das gerade auf. Mehr Bands, ja, oder sag mehr Bands. Mehr Bands, ich kann sagen, es gab schon einen Haufen Bands gegeben, aber das Oder können wir wenn wirklich du jetzt dich gerade wirklich nicht mehr magst an Bands erinnern, dann gang einfach weiter in deiner Geschichte. Ja, eben, gell, ich will sagen, das wird sonst irgendwie nicht mehr. Nein, Disillusion Road hat er gespielt, das weiß ich ja nicht mehr gesehen. Das war geil, der Aaron von With One Word hat der gesungen. Ah, Shoutout sag With One Word. nicht! Stimmt! damn, Jetzt ist er noch so jung gewesen, da hat letztes Jahr das Bild posten. Ja, der sieht genau gleich aus, auch mit mehr Bart. Ja, das stimmt. Also hat auch schon Glatze Ja, gehabt. ein bisschen mehr Falten hat er schon bekommen, das muss er sich also geben. Er Ja, aber das ist- aber das ist er hat schon recht früh den Glatze gemacht, oder? Mhm. Ja, Ja. Bei dir effektiv. ist auch später gekommen und bei mir auch. Hey, ich habe eigentlich gar keine Glatze, ich habe einfach keine Lust zum Coiffeur zu gehen. Same. Also bei mir war Corona, gewesen, so wie... Ja, genau. Eben. Ich habe letztes Jahr gesagt, ich komme vielleicht dieses Jahr mehr vorbei. Das war im Februar. Mit das Jahr ich meinst du sollte- letztes Jahr? Letztes Jahr, ja. Ich sollte wieder mal anrufen. Nein, kann einfach Power Move, einfach gehen und ansitzen und einfach so Voll. tun, wenn du den Termin hättest. Oder kommst du zum Ricky zum Coiffeur? Ja, voll. Ja, ich glaube, da müssen Oh, wir zuerst jetzt- mit der Regierung Wir reden. kommen noch Bands. Shadows 4. Shadows Far. Mhm. Ganz früh dort hat der Roman ja gespielt, der auch noch bei Helvetica gespielt hat. Das war auch sonst noch ein guter Kollege. So, ja, jetzt habe ich es wirklich. Wahrscheinlich, wenn du länger, aber es geht noch. Nein, ich liebe die Connections zu machen von Leuten, die in anderen Bands gespielt haben und jetzt spielen sie woanders. Ja, Yeah. Ja, das das kannst, ist gut geil. Ja. es ist ein hoher Sauhaufen in der Schweiz, ich sage dir. Alle bei allen gesehen. Aber das sind die gleichen 150 Leute. Ich mache jetzt keine Theoretisch Inzestwitze über die Innerschweiz, weil bei uns vielleicht noch ein bisschen mehr. Nein, überhaupt nicht. Das sind wirklich die gleichen 5 Leute. Gut, das heisst, du bist quasi das Defender von der Innerschweiz. Ich empfehle so eine Sache mit Defend und Innerschweiz musst du bitte aufpassen, weil dann finde ich nachher die falschen Leute cool. Und weißt du, mit der Innerschweiz muss verteidigen. Für uns. Ah, ja, gut, fair. so Du böse. solange es die Miete zahlt, nehme ich alles, oder? Aber was ist dort dann so der prägende Sound, wo fast alle machen wollen? Hates Fear. Oder?
So thrashiger Metalcore, das ist das UR-Ding damals. Ja, schon, ja. Aber Death ist, ich glaube, leider ja, das und Slam. Denk an Mountains of Death. Also, ich glaube, dort ist Black und Death ist noch relativ hoch im Kurs gewesen, grundsätzlich in unserer Region. Das ist Geburtstag von Mesuf, das ist genau ja, das ist schon, das ist, dort ist nicht so, also Trash schon, aber jetzt so das moderne Zeug, das, was wir eigentlich heutzutage sagen, Haufen und Runter gehört, das ist einer so, das ist mega randzeitig gewesen, also. Ja klar, das ist ja halt vor 20 Jahren. Ja, wenn irgendwie ich weiß noch irgendwie, wie haben die geheißen? From Autumn to Ashes. From Autumn to Ashes, ja. Ja, das sind also relativ eine alte Metalcore-Band und die haben ja da das drin, so der jammerigen Song. Ich habe gesagt, ich bin sicher, ob es eine andere Gitarre ist. Ich habe mir auch gedacht, so Whammy, so... Das könnte auch Rage Against the Machine Gitarre sein. Genau, ich habe gesagt, so New Metal, wenn ich gut Gitarre so... Nein, es ist effektiv, die haben so den Brüeli Metalcore Gesang gehabt. Also wirklich, eigentlich, da denkst du irgendwie so, wow, geil, so ein Riff, und dann kommt tipptopp und nachher so, und dann ist es so, oh wow, das ist halt wirklich, es ist halt noch nicht so weit vorne gewesen, das Ganze. Ja, und ich glaube, so der maroonige Metalcore steht schon auch ein Rechtsding, aber das ist vielleicht mehr Zürich gewesen, was irgendwie 45... Was für Metalcore? Maroonige? Maroon damals, nicht Maroon 5. Ich kann schon sagen. Du gell, Heaven Shall Burn und das ganze Zeug hat es dort ja auch schon gegeben, gar nicht unterwegs gewesen. Da bin ich aber, da hättest du jetzt einen den März müssen fragen, der natürlich nicht da ist, weil er ist voll auf das natürlich nicht da ist, weil er eingeladen hat. Nein! Ich weiss noch von der Metalcore, dass bevor es Metalcore überhaupt gegeben hat, ist eben Melodeath der Kind gsi, der eben gemobbt wurde in den Forums, oder? Ja, mega fest. Bis nachher Metalcore gekommen ist, nachher plötzlich ist Melodeath cool gewesen, weißt du? Ja. Nein, aber ich glaube wirklich so, dass eben, ich meine, Cattrack ist ein gutes Beispiel, dass so der Metalcore, der noch näher am Metal war, ja, genau. So at the Gatescore in die Richtung. Ja, plus minus, genau. Also ich meine, eben, das Bands wie Avalanche of Blood oder Breakdown of Sanity und Cataract und was noch alles. Und die ganzen veganen Straight Edge Bands, die in Zürich jeden Dienstag 4 Bands gespielt haben, wo die gleichen 3 Leute waren und alle bei Hare Krishna waren. Alright. Oder mindestens 2. Fair. Das war ein mega geile Konzert gewesen, aber nein, ich nicht, aber nur das. Aber das ist sicher ein rechtes Ding. Ich glaube, bei uns, wo wir einmal waren, ist es wirklich mehr so ein Death Thrash Metal Ding gewesen. Und eben dann halt so das ganze Mesov-Zeug, wo da nicht sicher war, ob es Nazi-Band ist. Ja. Effektiv, das ist schon nicht schlecht. Gut, natürlich hast du nebendurch immer so noch ein bisschen Preise New Metal gehabt. Natürlich bist du bei Linkin Park auch durchgerutscht in dieser ganzen Zeit und Limp Bizkit bist du durchgerutscht in dieser ganzen Zeit. Aber die Inspiration selber für sich, für die Musik, habe ich jetzt nicht wirklich von dem geholt. Ja. Alright. Innerlich von melodischen Dingen, eben wie du sagst, was hast du vorher gesagt, wie heisst es jetzt schon wieder? Keine Ahnung. Okay, gut, gut. Cataract, Avalanche of Blood, Maroon, Heaven Shall Burn, Yara. Avalanche of Blood hast du mal erzählt, oder? Ich? Nein. Nein, warte. Nein. Also ich glaube vorher. Ja, du, ja. Avalanche of Blood ist, glaube ich, einer von unseren früheren Gästen mal gewesen. Ich weiß noch nicht welchen. Oder während dem Brian wahrscheinlich, während dem Dings. Oder Breakdown of Sanity. Ja, die hat es sie 2002 schon gegeben? Ja, fix. Keine Ahnung. Also ich wüsste es nicht, aber... Nein, ich glaube im Fall nicht. Also Avalanche of Blood oder Breakdown of Sanity? Breakdown. Ja... Die sind doch wahrscheinlich so 2. Nicht. Ricky, wann hat es Breakdown of Sanity gegeben? 2007. 7. Ja. Ah, wirklich? So spät? Ja. Ich meine, es war früher nicht. Also, Sport? Ich glaube, 2005 Ja, haben sie sicher angefangen, aber ich glaube, die erste Platte 2007. Dann haben sie schon sicher vorher schon angefangen zu spielen. 5 oder 4 vielleicht. Ja. Müssen wir nicht mal fragen. Du, keine Ahnung, man hätte sie ja können fragen oder wir können das noch wissen, weil wir haben es ganz Kommen sicher... Leute dann an, haben sicher die Nummer. Wir haben es ganz sicher wollen wissen. Ja. Das ist das Telefon von Metal Säbel. Oh, schon Jetzt so. sind wir Hallo. Hallo Carlo. So, hallo. Sind sicher jetzt am Proben? Also jetzt sind wir 2006 etwa, oder? Ja, 7. plus minus 6, 7. Ja, ist gut, haben wir noch Alright. 16 Dann machen wir eine Pause. Luki, jetzt musst du mal deine Orange Story beziehen. Absolut, ja. Ich habe DJ Bobo gehört und bin DJ Bobo Tanzkurs und nachher habe ich Linkin Park gehört und geil gefunden. Dann habe ich angefangen Bass zu spielen, dann habe ich in einer Band gespielt, dann habe ich in einer anderen Band gespielt, dann nochmal in einer Band gespielt und dann in einer Band Kannst du gespielt. von diesen Bands noch sagen? Alles Dann bin ich bei andere, Kate Effect und jetzt bin ich da. alles andere finde ich super, aber ich brauche den Namen von diesen Bands. Details. Juicy Details. Timor zuerst, dann Cruised, dann Beyond the Vortex, Hybrid Effect mal noch. Früher jetzt glaube ich irgendwann mal noch, also das Album rauskommt, das wir 2008 aufgenommen haben. Dann, das habe ich vergessen, ich sicher Band vergessen. Und wo spielen jetzt noch Leute von der Band noch weiter andere Bands? Ja, der Simi, der am Schluss bei Timor und dann bei Beyond the Vortex und bei Cruise sehr aktiv war, er spielt bei Vorax Gitarre. Ah, geil. Und bei Rage of Light. Ah, ja.
Ah, das sind wir. Alright. Genau, und er ist vor allem einer von den... und er ist einer von den Meso von 90er DJs. Ah, Was ja, ist das? Das ist ganz wichtig. 90er DJ von Meso. Was war der Bass für eine Marke? Und ich gespielt habe? Ja. Ibanez. Ibanez, gut. Sehr Das gut. ist der Bass, den ich kann und der zweite Bass, den ich kann. Und dann mal noch einen Washburn und einen LTD und einen Warwick kann ich noch aber das ist nicht mal meine, aber das ist auch da seit 10 Jahren. Mhm. Aber der beste Bass, den ich kann, ist ein Ibanez Short Scale für 300 €. Weil ich winzig kleine Baby-Hände Der Talmann. habe. Kein Plan. So sieht er aus wie so ein Jazzmaster-mäßig. Sure. Du bist auch so ein Fan von Short Scale? Short Scale Bass sind Ficker. Hey, Alter. viel geiler, vor allem seit es Drop-Pedal gibt. Ja, Alter, fickt euch alle mit euch einen dreckslangen Scheissbass. Kauft euch einen Short Scale Bass, Genau. weil dann siehst du auch als mittelgrosser Mensch nicht klein aus. Plus, Ja, wenn du einen kleinen Schwanz hast, kannst du auch einen kleinen Bass spielen. Ja. Das stimmt. Und jedes Mal, wenn ein anderer deinen Bass spielen will, sind sie hure verwirrt. Hey, Fun Fact, wir sind auf Tour mit Timor 2006 und ich am zweiten Abend schon meinen Bass liegen lassen. Und dann für den Rest von der Tour den Bass vom anderen Dude aus. Nein! Und wo hast du alles gehängt, bevor du in einer Band gespielt hast und Bands geschaut hast? Ich bin interessanterweise eigentlich... Ich habe ziemlich zeitgleich angefangen im Band zu spielen, wenn ich angefangen habe, am Metal-Konzert zu gehen. Also hat sich so überschnitten. Aber ich glaube, so eine der ersten Bands war sicher Tribes of Cain. Ich weiß nicht, ob ihr jemals von denen gehört habt. Nein. Es war eine relativ obskure Black Metal-Band. Wo bist du so Bands schauen? Schauen, wo? Oder? Ja. Aha, ja, Weg 21, Ja. nochmal oben, irgendwann dann im Terra. Das Rock City in Uster bin ich auch noch gesehen, bin immer widerwillig. Oh, das Rock City im Ostermann. So absolut. Das ist doch dort im Sauriermuseum hin, oder? Ja, genau. Fuck. Also ich glaube, es es gibt es nicht mehr. Ich hoffe es. Oder sonst eventuell als anderes Etablissement. Ich weiss nicht, aber ich bereue es, dass ich dort nie Hättest du reingepisst eine Stripstange in die Mitte gestellt, wäre es ein Buff gewesen, wirklich. habe. Ja, und zwar kein Gutes. Nein! Aber Hut ab. Du, je nachdem, ja, wenn es voll, die Velociraptoren von vorne geholt hätten, wäre es eventuell etwas gewesen. Hey, dann wäre ich gegangen. Aber ja, genau, das Rock City dann... fuck, ich weiß gar nicht. Hey, Jens, so kleine Footy-Clubs, das mit denen wahrscheinlich alle nicht mehr gibt, weil es immer mega geil war. Es hat immer getönt wie Scheiße. Niemand konnte mischen, niemand konnte spielen und niemand hat gewusst, was ein PA ist. Das war vor 2010 Standard gewesen. Hey, komplett. Ich weiss, es ist wirklich... Ich denke es wieder mal, ich bin gestern im Komplex gewesen und es hat so einigermaßen easy getönt. Was ja auch schon eine Leistung ist. Ja. Ich bin verteidigt und ich habe wieder gemerkt, ich bin wieder in einen alten Modus zurück, auf 2005 ist so, hoffentlich hört man eine Gitarre. Ich bin glücklich, wenn man eine Gitarre gehört. Und dann bist du dann so, hey, ich höre die ganze Band, heute ist ein guter Abend. Hey, aber das ist das Problem jetzt, weil niemand Caps hat und wenn es auf dir richtig scheiße ist, dann tust du so wie, ja, coole Drumcover, Bruder, aber ich höre Gitarre nicht. Das stimmt, Ja, Alter. Die einzige Band, die nämlich gut getönt hat bei Amity Affliction, war Comeback Kid gewesen. Aber das liegt wahrscheinlich daran, es haben alle Bands zwar Amps gehabt, aber Comeback Kid war halt die einzige Band gewesen, die nicht auf Drop G Hashtag unten war. Ja. Wo du hast können Gitarre hören und es hat einfach 8 Bass gewesen sind gleichzeitig. Bella wieder am Haten da. Hast du das gerübst oder Nein. Schwein gemacht? Ja, aber ich glaube, ein Punkt ist schon, dass einfach anständige PS mit denen nicht mehr so viel kosten. Also ich weiss noch, die erste PA, die wir in der Bandroom hatten, ist irgendwie... Ich meine, heute würdest du das wahrscheinlich nicht mal als Studiobox brauchen von der Leistung her. Das ist wirklich komplett am Arsch tönt. Und es hat gleich ein paar tausend Stutz gekostet. Ja. Und jetzt kannst du wahrscheinlich irgendwie für 300 Stutz Behringer-Box Wahrscheinlich, kosten ja. und kannst das Hallenstadion damit rauskommen. Ja, ja. Ja, aber das ist das Ding. Ich bin ja letztens, du musst vor allem auch einfach, wenn du einen hast, der weiss, wie es läuft, hast du schon mal etwas. Weil wir sind in der Das ist das Wir anders. sind in der Hallenbar gewesen, ich weiss nicht, kennt ihr die? Das ist so ein, nicht ein besetztes Haus, aber es ist so eine Villa, wo die Leute... Das haben wir mal in einem Podcast. Genau, wo so Ja. 5 Punks drin sich eingemietet haben und Konzert machen im alten Hallenbad unten. Das das ist ist so- geil, wo ist das? Ich könnte da nicht. Ich sag's dir. Ich Ich weiß. sag's dir nachher, ich darf's dir eben nicht sagen. Darfst nicht Es ist, sie haben keine Ausschanklizenz und darum gibt es keine öffentlichen Veranstaltungen, sondern nur Partys. Ja, Okay. ja. Da müssen sie einen Verein gründen sonst. Privatveranstaltungen Statistisch sind gesehen okay. keine mit der Hälfte von denen. Jawohl. Das Lustige Und dort ist ist eben, eben dass du das Schwimmbad hast, oder? Und oben drauf ist einfach so eine Holzplatte. Ja. Und das ist Nein, das sie haben Boden. es zugemacht. Ja. Aber, Ja, es ist Ich so... wollte in einem Schwimmbad und spielen wieder ganz Das habe ich eben auch Ja. wollen, das habe ich eben auch wollen, aber sie haben dann wie quasi das Schwimmbad zugemacht und dann die Bühne aufgestellt. Ja, aber das auf ist der akustisch ist sicher sicher das ist auf besser. jeder Ebene die bessere Idee, aber ich könnte mit Schwimmbad spielen wie alle 90er-Punk. Ja, genau. Akustisch ist es sicher viel besser, wenn sie es Nein, zu. es ist Hey, in aber jeder ich Hinsicht muss besser. sagen, der Bass hat gefickt im Fall. Weil Ja, die das Resonanz von Ah, der ganzen das kann man Ja, vorstellen. Und vor allem ein eben- grosser Subwoofer ohne. Ja. Es ist so alles so mega zusammengebastelt gewesen. So alles so einzelne, so jeder Monitor auf der Bühne ist irgend so ein komischer Monitor gewesen, der 20 Jahre alt war, was wahrscheinlich gratis bekommen irgendwo. Ja.
Aber Wie im Ebri. im Ebri ist halt einfach alles kaputt. Ja, oder einfach nicht Ich weiss nicht, ich bin schon lange nicht mehr dort gewesen. Also von dem her... Vielleicht können wir es ja rausfinden. Ich würde mich jetzt mega gerne positiv überraschen lassen. Ja, das schaffen wir schon. Komm. Es wird eh geil. Wir haben jedes Konzert, das ich im Ebri gespielt habe, hat Spass gemacht. Das stimmt. Einfach nicht unbedingt wegen dem Sound. Ja. Jein. Also im Publikum oder der Location. Nein, sorry, das Ebri ist super. Ja. Ich liebe es eben auch. Wie der Ricky immer sagt, das ist du musst im Ebri gespielt als Band aus, genau. Absolut, aus der Deutschschweiz. Es ist aber relativ einfach im Ebri gespielt zu haben. Ja, das ist so, aber ich finde, das muss auf deiner Checkliste stehen. Ja, fix, immer. Ja, und es hat halt einfach auch immer Leute. Also das ist irgendwie... so im Planet 5 haben wir, das ist völlig bescheuert. Ich meine, das ist 10 Minuten vom HB, aber ich habe das Gefühl, die Leute haben sich einfach unterwegs alle der Matahari-Bar verirrt und sind nicht ins Planet 5. Ja, oder halt früher auf dem Strich. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich. Aber es ist wirklich, also ich habe einfach das Gefühl, im Planet 5 hast du einfach halb so viele Leute wie im Ebri, einfach weil es irgendwie 3 Minuten weiter ist. Dann fahren die Leute aus dem Aargau auf Zürich und finden, ja, aber das Planet 5 ist zu weit weg. Es ist vor allem einfach auf der falschen Seite. Ja, das stimmt. Beim Ebri, weil du laufst einfach immer richtig Bier, laufst da durch. Und richtig gut. Und du hoffst jetzt, dass du das Innerschweizer Publikum abholen. Ja. Ja, ich wollte noch ein bisschen über die Landesgrenzen raus ein bisschen gehen. Das war von mühsam. Ich musste zweimal den Ausweis zeigen, bis ich im Aargau war. Ist ja besser so. Ja, das ist das Podcast-Visum, oder? Wir wissen schon, wieso wir da wohnen. Das ist nur zu unserer eigenen Sicherheit. Das haben wir den Ricky vorher, aber das müssen wir ausstellen, weißt du? Das war ein bisschen hinten rein. Und dann mussten wir eine App abladen, dass ich da verpackieren kann. Aber geimpft bist du nicht, oder? Das darfst du auch niemandem sagen. Das ist gerade cancelled in der Schweiz. Oh man. Also einen haben wir ja mal gehabt. Wir haben mal ein Konzert gespielt in Glarus. Aha. An der Rock Night dort, weil 2 Bands ausgefallen sind, weil es Corona hatten. Und wir haben dann so geschrieben, von wegen, hey... Hä? Ist das im Hollenstein gewesen? Nein, dort irgendwo an der Freiwilliger Kilby oder irgend so etwas. Ich weiß nicht, wie es genau Freiwilliger Kilby? Ja, irgend so etwas war es. Irgend so, ich weiss... Das ist dein Metier, oder? Nein, das ist zu weit hin, das weiss ich auch nicht. Auf jeden Fall sind wir dort gewesen. Und dann haben 2 Bands abgesagt, weil sie Corona hatten. Dann hat unsere Fotografin Lexi geschrieben, hey, wenn ihr euch den nicht bewerben. Wir so, ja, bewerben wir uns. Und dann kommt sie zurück und so, hey, das ist einfach mega cool, aber ich glaube, ihr seid zu professionell für uns. Und ich so, was? What the fuck, Alter? Okay, so, das ist Herz. Sie sind ja des Todes, oder? Sie so, ja, wir können da höchstens so 250 Stutz Gage geben. Ich so, es gibt Geld! Können wir noch etwas essen über die Jahre? So, es gibt Essensgutscheine. What the fuck, geil! Und dann sind wir eben auch dort gewesen. Und das war dort gewesen, wo man müssen, dort hast du schon ein Zertifikat gehabt. Und dann sind wir auch dort gestanden. Dann hat der Veranstalter also gesagt, es ist ein bisschen schade, dass jetzt das so ist, weil normalerweise wäre die heute jetzt voll, aber es ist halt einfach niemand geimpft da hinten. Yeah. Ja, das ist ja. Das war schade, aber ja, du, easy. Corona ist allgemein relativ schade. Das ist relativ schade gewesen, ja. Ja, also es gibt Bands, für gewisse Bands ist es gut gewesen, für gewisse Bands ist es sehr schlecht gewesen. Dafür haben wir den Livestream-Konzert gemacht. Wir haben nichts gemacht in der Zeit. Nein, wir haben wirklich nichts Aber euch gemacht. gibt es trotzdem noch. Ja, das ist mir einfach, aber das ist ich glaube, man kann über Cater-Fact sagen, was man will, aber uns gibt es noch. Ja, das ist aber auch so eine Zwangsabhängigkeit, fängst oder? Ja, ich kann nicht mehr ohne Radar in einen Podcast. Das habe ich gemerkt. Ohne Band kann ich nicht Ohne Band kannst du nicht spielen? Ja, das ist blöd. Hey, kurze Zwischenfrage. Wie stehen ihr zu Podcast unterbrechen, damit ich aufs WC kann? Oder wollt ihr einfach weiterlaufen lassen? Nein, ja, so. Gehen wir pissen und dann kommen wir zurück. Und ist das ein Haus, wo man zusammengeht? Ja, genau. Alle solidarisch. Also so italienisch, wo du 2 WCs nebeneinander hast und während dem Kacken so kannst du Handy heben und so. Du meinst Speedy? Nein, aber fair. Es wird beiden ausgesprochen. Also, was ist jetzt wieder so? Wir machen Pause. Ah. Yeah! Bruder! Ja, I'm back! Ja! Du hast noch Bier? Glaubst du? Willst du eins? Video-Match. ich sehe eins von das, super. Voll, alright. Stabil, ich gebe dir das Ich nachher bringe gerne mir noch eine andere alkoholfreie. Nein, jetzt habe ich schon angefangen, Podcast. Das ist gut, Ricky, hol mal das Scheisszeug, ich mache das Interview weiter. Das Problem ist, viel Trinken gibt viel WC-Pause. Jawohl, Also, also. es gibt viel Trinken. Kleine Blasen und nervös und so. Kleine Blasen, das ist massiv am Anfang. Ich würde es dann in einer halben Stunde sehen. Bist du katholisch, by the way? Nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Können wir mal darüber diskutieren, dass jetzt mehr Leute in der Schweiz konfessionslos sind als katholisch? Das ist wegen den Linken!
Ja, genau! Ja, das ist wegen diesen Scheisslinken. Ich bin im Fall tatsächlich noch in der Landeskirche, weil ich zu faul bin zum Austreten. Hey, das ist mir im Fall auch so lange so gegangen. Und jetzt habe ich aber gezügelt auf Baden. Und dann habe ich vom Pfarrei am Baden oder was auch immer einen Brief bekommen und das Gefühl gehabt, okay, mit euch habe ich noch nie etwas am Hut gehabt, ihr Wichser. Ich gebe kein Geld. Der andere, der Pfarrer Duda habe ich wenigstens kennt. Der ist da gestanden, liebe Jugendliche. Guten Tag hier bei katholischem Unterricht. Ihr müsst nicht unbedingt in die Kirche kommen jeden Sonntag, um nicht ein Arschloch zu sein. Aber so einen haben wir auch gehabt, die sind mega sympathisch. Ja, eine geile Sache. Vor allem, wenn es noch Twix gegeben hat. Das war kein Twix. Das war Joke, Baby. Sorry. Also eben, wegen ich bin wieder mal... Sorry, ich bin halt ein Zoomer. Ich bin eben absolut kein Zoomer, aber ich bin du bist gerade so als Ende vom Millennial. Ich bin ein Millennial noch, ja. Aber ich bin... Du hörst New Metal, du musst ein Millennial sein. Das ist aber Zoomer hören im Fall auch wieder New Metal. Ich kann sagen, New Metal ist mega zurück. Ich habe wir hören auch wieder so richtig alt gefühlt, wenn ich das Interview gesehen mit irgendeiner Foodie-Band, die ich nie gehört habe und gefunden habe, das ist noch geil, machen dann etwas Neues, fragen, ob es geheißen haben. Was sind so Einflüsse? Ja, so Oldschool-Sachen, halt so Linkin Park. Hey, du absolut Scheiße, Mann. Und dann ist mir aufgefallen, Hybrid Theory ist jetzt länger her als Kill 'Em All von Metallica, und ich angefangen habe Musik zu machen. Dann habe ich mich so richtig Musik angefühlt. Ja, aber das ist doch das, was ich gestern so... AHV-Ding ausgefüllt. bin an Dienstag Jas gegangen, habe ein paar Ausländer mit Bierdosen beworfen, wie man das halt macht, das alte Schweiz. Hey, nimmst du mich nächstes Mal mit, ich will auch Ausländer mit Bierdosen bewerfen. Du wohnst im Aargau, das kannst du einfach machen. Das stimmt. Ich kann... Frag deinen Nachbar. Ich kann dir sagen, was sie sind. Nämlich überall! Das stimmt, das Ding ist, ich könnte einfach mal zu Ricky die Wohnung kommen und anfangen. Ricky ist kein Ausländer, er ist Aargauer, das ist etwas anderes. Er ist sogar Schweizer, habe ich mir jetzt bekommen, er ist wirklich kein Ausländer. Lame. Du hast im Fall vor 2 Monaten Video gefragt, der ist Schweizer Part. Wieso ist dir das so wichtig, Silvan? Ja, weil ich bin vom BND befragt worden zum Thema Ricky. Er heißt Silvan? Ja. Ah gut, danke. Ja. Das ist über den Joke. Der Silvan sieht aus wie der Silvan. Nein, der Silvan sieht aus wie der Silvano. Ja. Der Dragonetti. Ja. Dragonetti. Das ist ja mein Input von gestern in unserem Gruppenchat, wo ich so kurz nicht mehr auf mein Leben klargekommen bin, als ich im Podcast von Felix Lobrecht gehört habe, so, ja, das macht jetzt aber voll, dass es plötzlich alles wieder so ist wie früher, so, wo die Alten gesagt haben, so, ja, das haben wir früher auch schon angehabt und dann haben wir es noch nicht geglaubt. So, ja, logisch, eben, weil alle, die jetzt Entscheidungen treffen, alle, die jetzt irgendwie Musik machen, die sind ja gleich alt wie wir, die haben ja alle genau die gleiche Scheißklasse. Die Entscheidungen treffen, sind alle 90, das sind die, die Schluss haben. Das ist noch ein Defizit, denke ich jetzt. Ich bin froh, wenn ich schaue, was die Leute in meinem Alter für Scheiße bauen. Also du meinst mit Traktoren vor welchen Gebäuden und mit Gülle die ganze Fassade neu tapezieren? Los, was ich an der Fasnacht mache, ist schon ja, ist klar, ja, das stimmt. Das ist gang und gäbe dort, oder? Ja. Aber zurück zu Ricky seiner Frage. 2005. Nein, wo sind wir gewesen? Wir haben du hast quasi mal kurz im Kurzdurchlauf durchgegeben, wie du angefangen hast mit Linkin Park, also Bass gespielt, Band. Genau, du hast beim Shortscale Bass immer. Ja, genau. Voll. Und nachher ist es wieder eskaliert. Ich weiss nicht. Doch, Shortscale, das sagt mir noch irgendetwas. Hey, ich habe gar nicht so viel Spannendes zu erzählen, meine musikalische Laufbahn ist relativ langweilig. Ich finde nicht. Kollege, also du machst jetzt schon etwa länger Musik, wie ich effektiv Musik höre. Also von dem her. Nein, ich glaube, es sind jetzt im Fall wahrscheinlich 21 Jahre. Ja. Außer mit Klavierunterricht, dann sind es 30 Jahre. Also du weißt etwa, von was du redest, wenn du Musik machst, he? Klavierunterricht. Ja, du machst Klavierunterricht, du kannst ABC. Nein, es ist das Gleiche mit dem Studium. Ich kann überzeugend so tun, ich eine Ahnung habe, was ich rede. Also gut, wir sind ein mega gutes Beispiel. Wir sind generell ein gutes Beispiel. Gerade und ich sind ein gutes Beispiel. Für was ist wir sind ein gutes Beispiel für das, dass man auch mit möglichst viel Zeit möglichst wenig anbringt. Das kann ich. Stimmt übrigens, wir sind lang dran, aber ich weiss es nicht, wir haben mega viel Zeit investiert in die Band. In irgendeinem Podcast hat Bella mal gefunden, weißt du, darum sind Whiteout so gut, wie sie proben regelmäßig. Ja. Nicht, dass das einfach versucht zurückzusenken, wenn sie nicht geprobt haben. Das ist auch so, ja, wahrscheinlich lang. Hey, das ist aber der verdammte Leistungsdruck, wenn der Ricky dir jedes Mal, wenn ich am Freitag etwas von ihm sorry, Bandprobe. Und ich denke mir so, Alter, wir spielen das gleiche Konzert wie ihr. Und ich glaube,
wir sehen uns noch 1,5 Mal voran, wenn wir Glück haben. aber du weißt, du bist in einer professionellen Band, dann ist so, ja, müssen wir noch proben fahren. Und dann schon immer so, und alle sagen, ja, echt nicht, aber wir sollten wahrscheinlich schon, dann probst du einmal. Und dann ist es eh gleich, weil niemand hört Fehler. Außer unsere Kollegen, und die machen sich über uns lustig. Es wird passieren. Es wird sowieso passieren. Eben, genau. Also von also bei mir du musst nicht mal so viel proben und üben. Wir müssten wahrscheinlich schon. Das ist einfach so ein 80-20-Prinzip. Also das Ding ist Pareto. Das Ding ist das. Der Bese trainiert sowieso bei uns immer daheim. Der ist ich weiß schon, dass ich der Einzige bin, der nicht übt. Dann der März auch. Der spielt daheim Gitarre. Ich auch. Spiele daheim Gitarre. Du daheim rumschreien, bin mir nicht ganz so sicher. Das habe ich einmal gemacht. Und meine Freundin nicht daheim war, sie haben gefunden, du, man hört dich im Stegenhaus auf schreien. Okay, gut, fair. Ja, aber es ist aber jetzt so. Ihr habt ja sicher ganz am Anfang, als ihr die Band gegründet habt, habt ihr sicher auch noch so wie weit als sind die Jungen motiviert gewesen und haben jede Woche einmal geprobt. Das merkt man dann. Dreimal geprobt, oder? Oder zweimal sicher. Also ich weiss, zweimal geprobt. Diese absolute Vollidiot. Ja, das ist noch das Überbleibsel von Vertebral damals. Ja. Die haben Samstag und Sonntag geprobt. What the fuck? Ja, das sind 14 damals. Ja, aber mit 14 machst du das. Als ich zum 25. Mal so verkatert in die Probe gekommen bin, dass ich nicht laufen konnte. Das kann ich bleiben lassen. Ja, aber das ist so etwas, ich meine, jetzt wir haben geprobt. Ich merke es bei uns auch. Weißt, früher haben wir auch einmal in der Woche geprobt und jetzt ist mittlerweile haben wir unsere Songs einigermaßen so im Griff, dass wir einmal können proben, dann wissen wir wieder, wie die Lieder laufen. Und dann müssen wir eigentlich nur, dann geht es eigentlich nur noch darum, dass wir den Ablauf der Lieder reinbringen. Aber ich glaube, fair. Das Ding ist schon, das Relation Festival ist ein relativ gutes Beispiel für das und auch schaust, wie, ich meine, nicht zum Whiteout den Arschkrüchen, ich mag euch ja eigentlich gar nicht, persönlich musikalisch. Ja. Aber nein, aber es ist einfach eine andere Liga und du merkst halt eine Band, die wirklich viel probt und viel übt und eine Band, wo du merkst, die kennen ihre Songs und sie können sie spielen. Das ist einfach durch einen anderen Level verteilt. Das ist nicht mehr etwas, was du unbedingt kannst benennen per se. Aber das hörst du nach 30 Sekunden an einer Band anfangen. Das ist einfach so, okay, die sind Krankheit oder die sind... Also ich meine, mittlerweile können alle gut spielen. Das ist auch der Unterschied zu noch vor 20 Jahren. Du kannst Bands sagen und es ist immer so eine 50-50 Chance, ob der Schlagzeuger auf 2 ziehen oder nicht. Aber also auf der Schiene muss ich auch sagen, ihr seid tight as fuck. Also ich meine, immer wenn ich bei dir zuhöre, zum Beispiel, also es ist immer so Riffs, alle... Der Rad ist ein unfairer Vergleich. Du meinst, der Bese ist tight as fuck, der glättet einfach alles mit seinen verdammten Huren Doubles. Stimmt, der übt, der strebt. Das ist so. Wir sind einfach brutal tight, also ich muss sagen. Danke, aber ja, ich finde... Siehst du, ich sage mir Köpfe nicht. Dass der Ricky nicht merkt. Das gehörst du wirklich nicht, weil er ist nach dem Gig nach dem Imperican-Gig auch so gekommen. Ja, das war schon nicht so cool gewesen. Ja, aber du bist eben auch wie ich viel selbstkritisch. Eigentlich solltest du es gar nicht sein. Also das machen der Bella und ich und auch davon ausgehen, dass alle anderen viel dümmer sind als du und dass du der Geilste bist. Also ich treffe etwa 1 von 10 Pinch-Harmonics pro Konzert. Ja, ich treffe 0. Ja, wäre ein hoher Herd. Ich weiss nicht mal, was es ist. Pinch-Harmonics? Das sind die nie haben, das sind die... Aha, siehst du, eben darum weiss ich nicht, was es ist. Das schreibe ich eben selber nicht. Ja, mit dem Black. Ja, ich weiß schon, wie es funktioniert. Danke vielmals, wie es funktioniert, weiss ich, aber ich mache es höchstens einfach ab und zu zum Spass. Darum ist es egal, ob es treffe oder nicht. Es ist der Killswitch Engage Harmonic. Ja. Oder respektive der oder der Dimebag Darrell. Ja, das stimmt. Oder der Heavy Lies the Crown. Oder After the Burial. Ja, genau. Ja. Doch, Heavy Lies the Crown. Oder Decapitated. Oh ja. Die sind gut gewesen. Oder ich merke, ich höre keine einzige Band, die Pinch Harmonics drin hat. Aber so das ist dein eigenes Problem. Okay, das heißt, du hörst kein Slam. Kennst du Torso Fuck? Das ist ein schlechtes Beispiel, kein Pinch Harmonics. Ja, aber ein Song Raped by Elephants heisst. Unironisch extrem guter Slam-Song. Können wir den Brian zuschalten? Der 14. Warte, ich liebe Brian an. Also ich finde immer noch den Namen... Das finde ich gut. Nein, aber eben, ich finde auch, es kommt immer ein bisschen darauf an, weil am Schluss, im Endeffekt, habe ich dann aber lieber eine Band, die nicht perfekt spielt, die aber Spass hat, wie eine Band, die perfekt spielt, aber zum Zuschauen so fucking langweilige für Mayday Parade und Stage Jams. Gottverdammt, das ist nichts. Das ist einfach nichts. Das tönt so, als ob es vom Laptop kommt und es ist einfach so, ja, ihr legt euch an wie Weezer und rennt auf der Bühne umeinander wie so vorprogrammierte Püppli, aber... Der Passion muss ich das würde ich auch sagen, wenn ich nicht üben. aber das ist auch etwas... Also, das Ding ist einfach, ich bin der Einzige, der übt, aber es bringt nichts. Siehst du, spielst mit der Gitarre, dann musst du üben. Ja. Hast du Vorteil, dass passiert? Weißt du, das ist auch ein Faktor, die Authentizität und dass du wirklich siehst, dass die Leidenschaft da ist, oder? Und das spürst du wirklich, oder?
Und das macht einen Unterschied für mich. Ja, mega. Ich glaube, das sind Days of Ruin wie Gabriel ist ein mega gutes Beispiel. Mega. Die haben so Spass gehabt live. Darum, also sie sind gut gewesen, aber sie sind einfach nochmal so speziell gut gewesen. Sogar für ihre Verhältnisse. Also nie live gesehen von euch. Niemals, sie sind nicht immer so gut, das wäre unfair. Ich glaube, es ist die einzige Band, die ich kenne, die im Bruch zu Luzern wirklich geil tönt haben. Das ist physikalisch nicht möglich. Ich Momo, dir das es nicht. ist möglich. Ich bin dort gewesen, ich habe es aufgenommen, ich habe es gelost. Es ist richtig. Die Location jetzt nicht schlecht. Es ist das Ebri von Luzern. Ja. Yes! Absolut. Also ich spiele den Fall noch dort. Ja. Ja, mir auch. Nicht? Nein, ist eine ernsthafte Frage. Ich habe mich vorher gefragt, wir sind ja mitunter da, um unsere eigenen Konzerte promoten, aber ich weiß nicht, welches Also ich weiss nicht, Ja, ich weiss mit nicht, aber es uns ist nicht. Nein, aber es ist noch nicht definitiv. Weißt. darum. Also es ist noch nicht definitiv Internet. Ist gut, wir kommen nicht. Keine Also Panik Internet, erzählen. also wer auch immer verantwortlich ist, schaut, dass es definitiv wird. Mhm. Ja. René! Der Corpse Grinder. Nein, wie heißt es? Nein, nicht der Corpse Grinder, René! Nein, wie hat der... Doch, der Corpse Grinder? Nein, der Corpse Grinder ist der von Cannibal Corpse. Ja. Nein, inner der Mortal Factor, René. Ja, aber es hat noch einen anderen gegeben, der von Crupman, der hat so einen geilen Namen gehabt. Das sind, glaube ich, Click Commander, wenn es mir recht ist. Aber ich mache jetzt ihm wahrscheinlich das ganze Ding kaputt, ich sehe es jetzt schon. Wir machen den alles kaputt, schon so Job gerade. Sag mal die. Wir haben allgemein kein Niveau richtig, von dem wir Ja, korrekt. Tage sind zum kaputt machen. Ja, tipptopp, hey. Aber Ricky, Ah? wenn wir mal fragen, wie es dazu gekommen ist, dass Kate Effekt gegeben hat. Den Rest haben wir einigermaßen. Ja, also ich glaube, langsam kommen wir dazu zu der Ja, dann geben wir die offizielle Variante oder die tatsächliche Variante mit Lyrics und allem. Ich hätte gerne beide. Ich will dort Mit beides. Lyrics? Lyrics? Ja, Aha, jetzt. ja. Also die Frage ist, wie mir erklärt, wie sich Vertebra aufgelöst hat oder nicht. Aha, nein, das musst du eigentlich nicht sagen. Also Das ich ist bin ja nicht eigentlich dabei gewesen, dann kann ich also, nichts dazu sagen. Der März, der Bese und ich am Schluss noch dazu gekommen bei Vertebra. Das ist eine Metalcore-Band aus den Frühen, aus der 2004. Hat im Z7 gespielt? Wir sind Vorband vor Enemy gewesen, also von dem her ist es auch nicht so schlecht gewesen. Alright. Aber wir haben sie wieder gesehen, noch sonst irgendetwas, wir sind auf die Bühne, nachher wieder abgescheucht worden, so gehen, danke, tschüss. Mhm. Aber Nein, er hat gespielt. Aber es ist eher lustig, wie wir zu dem gekommen sind, weil wir haben eigentlich am Bandix gewonnen, in Pfäffiken ist es dort gewesen. Ja. Und nachher haben die uns eigentlich als Open Air Hochibrig schicken. Auf was? Das Open Air Hochibrig Skigebiet. Ah, Ja. Berg. Das tönt so, Alpamare, als ob es saumässig Hochibrig. passt. alright. Und nachher haben die dort so gemeint, nein. Lebst du das Alpamare? Ja, Alpamare, Pfäffiken, Hochibrig oben. Ich bin absolut einverstanden. Es ist ja der Das ist einfach geil. Alpamare, Berg. Das ist die Spannbreite vom Kanton Schweiz. Vor allem, Ausserschweiz. Nein, warte, sorry, als Ibrig zählt eher vor allem schon das Gute ist ja, wenn du Schweiz. zum Skigebiet willst, fahrst du ja überhaupt nicht mal viel Licht beim Alpamare vorbei. Nein, oder? kommt drauf an, Nein, mit der könntest, Einstellung. wenn du willst, könntest. Es wäre also möglich. Alle Wege für das Alpamare, wenn du dort hin willst. Ja. Seit Park geschrieben. Soll ich euch eine grusige Geschichte machen? Nein, das darf ich Ja, nicht erzählen. Warte doch jetzt, lass das mich ist doch jetzt mal schnell fertig. Und nachher haben die alle gesagt, nein, mit so etwas können wir nicht anfangen, weil dort eigentlich eher so ein bisschen, weiss doch auch nicht, wie heisst der da, die Schlagerprinzen und das ganze Zeug dort gespielt. Lanzer. Nein. Lanzer ist schon recht Schlager. Ja, nicht. Goddammit! Die Prinzen. Nein, Francine Jordi und so dort oben gespielt hat, oder? Und dann haben die das natürlich nicht wollen, dass wir nicht raufgehen. Dann nachher haben sie gesucht und sie haben effektiv wirklich, wir haben dürfen Opener an den Metal Days 2009, ja, haben wir dürfen die Opener sein vom Metal Days in Brattlen, Aber- auf der Aussenbühne, auf der grossen. Aber eben, das Bandit in Zürich heisst es Bandit. Ah, das Band X Bandix ist das Ost. Zürich heisst es eben anders. Das heisst überall, glaube Also ich, ist nicht anders. Bandix Ost. Bandix Ost ist das in Ostschweiz. der Ostschweiz und das Bandit ist das in Zürich oder der Zentralschweiz. Band X ohne irgendetwas. Nein, du hast schon Band X Bei gesehen. Ende bis ins Band X gesehen. Ja, ich glaube, Band X irgendetwas ist in der Schweiz, Band It ist Zürich, wieso auch nicht? Band IT will viel IT in Zürich. Ja. Ja. Und Band X Ost ist, wenn man sich einfach muss klarstellen, dass das St. Gallen und so nichts mit Zürich und der Schweiz zu tun hat. Ja. Nein, und das ist so, aber ich muss sagen, wir Äpfelgraben. haben auch 1-2 Band-Contests gespielt, aber der Äpfelgraben. Aber das ist Die jährige Äpfel. Nein, das war die Pause, das ist nicht Kanon. Entschuldigung, Bela. aber eben, das ist ein Band-Contest, was ich wenigstens, wo Das sich Mühe setzt gibt. sich hin, ja. Das ist ein Anders guter. als andere, die mit Überhaupt E nicht. anfangen und mit Mergenza aufhören. Und Und gigantisches SBH Geld- Music Es Masters. anhängt und mit dieser Tabelle, wo man Dings Führer messt, aufhört.
Ah, ja. Du musst 30 Tickets an 30 Stutz verkaufen oder so ein Scheiß. Nein, das ist beim BNX doch nicht so. Dort kannst du spielen und dort wird eine Jury... Eintritt ist auch gratis. Das ist super. Ja, und das ist wirklich alles so ein bisschen voll Leute. Es ist, wenn sich jemand etwas dabei überlegt hat, So darüber es ausgeht, als wir machen mit Stutz. Eben genau. Mit Opener Bands. Ja, weißt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, für das Z7 ist nicht das Problem gewesen, uns einfach schon an Anfang anzustellen, weil es hat dann einfach eine mehr gegeben. Ja, was keine Gage mitzahlen, oder? Und, aber das Coole natürlich ist, ja mega, sie haben wirklich, also wir haben schon etwas, ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung, müssen ja, ist eigentlich auch wirklich Wurscht, weil es ist mega geil gewesen. Unser grösstes Problem auf dieser Bühne dort war, kein Wireless und nichts. Wir haben eine Bühne, die etwa 20 Meter breit war und wir haben so 6 Meter Kabel gehabt. Also wir haben uns so in einem Kreis von ein paar Quadratmetern können hin und her bewegen. Und that's it. Das ist so ein bisschen das Grösste gewesen. Der Sänger hat wenigstens bis vor der Bühne können laufen und die anderen sind so ein bisschen fuck. Gitarre gezogen hat. Fuck. Aber das habe ich völlig vergessen. Heute hat ja basically jede dahergelaufene kleine Band hat In-Ear. Nein, In-Ear nicht. Also heute hat hure viel Heute schon recht viel, ja. Ich weiss, dass wir kennt, darum sage ich dahergelaufen. Wir sind nicht dahergelaufen, wir sind schon immer da gewesen. Ah ja, allgegenwärtig, danke. Ja, wir sind so das Korallenriffs, nein. Ach Gott. Nein, mehr so in der Also wir sind der abgeranzte Moos am Fels von der Schweizer Metal-Szene. Anyway, aber ich weiss, früher war es wirklich das Ding so, wow, die ganze Band hat Funk, was haben sie das Gefühl, sind es Aerosmith? Ja, und heute ist so, ja, wir haben so das In-Ear-Rig für 15'000 Stutz bei uns. So, okay, voll geil. Wieso haben wir das nicht? Aber ich weiss noch, wo Bands haben angefangen, Extraflex und Camper zu haben. Ja. So, und da ist so, das ist nicht richtig. Ja, das willst du nicht durchsetzen. Da ist ja kein Gefühl Am Anfang bei Tontechniker im Fall, ich so, ja was, kein Mikrofon? Nein. Jetzt stell dir mal vor, du hättest keinen Schlagzeuger dabei. Also das ist einfach mega blöd angeschaut. Ist es ein Planet 5 gewesen, wo einer gemeint hat, wir machen einen Witz und wir wirklich erklären, dass das jetzt kein Joke ist? Ich meinte es, bin mir aber nicht ganz sicher. Das hat man einfach schon abgelöscht. Aber in dem Fall sind ihr das gewesen. Ich bin auch nicht mal... also generell, wenn du dich fragst, wahrscheinlich sind es mir. Nein, weil ich bin mal irgendwann früher mit Save Your Last Breath irgendwie wieder im Backstage gewesen, haben irgendwie, glaube ich, so Kabel zusammengeräumt und hat irgendwelche Leute... Also Backstage, dann ist es nicht Planet 5 gewesen. Nein, ihr habt dort nicht gespielt. Und dann bin ich dort so Kabel am Zusammenräumen gewesen. Mega lieb von dir. Danke im Namen von Save Your Last Breath. Sie haben sich sicher wieder mal nicht bedankt, oder? Doch, okay. Doch, letzte Hand sogar. Also alle außer... Nein, alle. Alle außer Dave. Die sind mega... Nein, sie haben sich einfach mega... Sie sagen jetzt mega herzlich immer Danke und Bitte. Nein, ich weiss, sie sind wirklich super Schreiben. Auf jeden Fall habe ich irgendeine Story gehört, letzte habe ich die Band gesehen, die haben einfach keinen Schlagzeuger gehabt. Das ist der Name Shellet, Kate Effect. So, jetzt habe ich es. Hey, ich habe noch nie so einen tighten Drummer gesehen. Da waren schon bei 10 Minuten lang Witz darüber, wie stabil das Konzert war. Weil einfach der Drummer so tight war. Ja, komisch. Das war auch unser Lieblingswitz. Ja, aber ich meine, wie viele Jahre haben wir keinen Drummer gehabt? 6, 7. Wahrscheinlich. Ja. Ein bisschen zum Rechnen. Warte mal schnell. Wann ist der besser gegangen? Etwa 2012. Und 19 ist... Nein, du musst den Schlumpf haben wir noch gehabt. Ja gut, 13 oder 14, also sicher 5 Jahre. Weil ich auch noch für die längste Zeit eben als Band ohne Schlagzeug kann. Das ist halt die Zeit, wo wir angefangen wirklich viel Konzerte zu spielen, sprich einfach die ganze Zeit im Planet 5 sein. Ja. Das ist die Zeit ohne Drummer gewesen. Und wo wir alle halb Jahre in der Made Bar waren. Aber nein, halb Jahr nicht, sie machen nur Stimmt, aber letztes Jahr. Wir sind tatsächlich das erste Mal aus dem Leben in der Situation, wo es Made Bar gefragt hat, so, hey, wenn die Show oder die, wir können nicht zweimal spielen. Ja, sie wollen nur einmal im Monat, einmal im Jahr. Oder wenn halt... Gut ab von der Made Bar übrigens. Ja, halt im Kanton... Das ist so naiv, wie haben uns jemand schauen Oder wenn du im Kanton Aargau spielst, aber ich glaube, an der Made Bar kommen auch Leute, die einfach in der Made Bar oft gehen. Hey, nein, sorry, Made Bar ist ein unfassbar geiler Ort. Ja, absolut. Aber es ist eben so ein Ort, so wie wir vorher geschnurrt haben, wegen Ebri und Planet 5. Planet 5 können nicht Leute einfach trinken und schauen, was passiert, oder? Im Ebri bin schon und genau gleich in der Made Bar mit der Szene, oder? Ja. Das stimmt. Also es gibt immer Leute. Also ich glaube, ich habe noch nie eine leere Made Bar gesehen. Hey, ich bin im Fall auch schon randomly in die Made Bar. So was läuft. Das ist schon meine Freundin im Austauschsemester war. Ich wirklich nicht gewusst, was machen. Ich bin einfach mitgesteigt in die Made Bar. Ich weiß nicht mehr, was gespielt hat. Es war furchtbar, aber es war ein mega guter Abend. Du redest und so, oder ich redest. Ja, ich weiss, ich habe von Anfang an gesagt, gib mir kein Mikrofon, ich kann es nicht haben. Ich bin Sänger, ich weiß nicht, aber deswegen gehen wir über den Kopfhörer, weil amigs haben wir auch gehabt, so wie, hey, was? Oder wie der, wo der Ricky plötzlich mit seinen anderen Kopfhörer verwendet und nachher sich selber viel lauter gehört, weil er In-Ears hatte anstatt Overheads und nachher plötzlich einfach nur so geredet hat und jetzt gesagt, kannst du bitte das Mikrofon reden? Ich rede ja ins Mikrofon rein. Ich weiss nicht, wieso er mich nicht hört, ich höre mich mega gut.
Wahrscheinlich lustig gewesen fürs Publikum, wenn es so weit weggegeben hat. Ricky, um deine Frage beantworten. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber die Antwort ist wahrscheinlich mehrbar. Alright. Ich weiß nicht mehr, was meine Frage war. Du hast, glaube gar keine Frage gestellt. Sie haben einfach angefangen zu verzapfen, wie das gegangen ist. Und dann habe ich einen Einwand wegen dem schlagzeuglosen Ding. Eigentlich hätten wir darüber geredet, wie die Band entstanden ist. Ja, wir haben ein genau, bisschen Von dem haben wir absolut nichts also kurzfristig ist, weil Thema hat sich Das können wir aufgelöst gut und ich habe so lange im März angerufen, bis ich in die Band habe und jetzt bin ich da. Alright. Stimmt, der Bese, ich und der März haben gesagt, wir hören nicht auf, wir machen weiter, setzen neu an. Ich habe den März wirklich stressen. Wirklich von, nein, du spielst schon in 2 Bands, ich will das nicht. Fairer Punkt, einfach so lange genervt. Aber so wie jeder Bassist halt. Ja. Ja, er war halt so wie 2 in 1 gewesen. Vor allem so wie jeder depressiv 23- oder 25-Jährige, der Single ist. Du musst einfach das Loch in deiner Seele mit irgendetwas füllen. Und Koks ist viel zu... Du Mountainbiken Wir haben es also nie bedauert. Offiziell. Und das jetzt doch schon seit 13 Jahren. Ja gut, jetzt ist spät. Hast du echt gewusst, dass wir vergessen haben, unser 10-Jähriges zu feiern? Ja, das weiss ich, wenn wir darüber geredet haben. Wann wäre das gewesen? Während Corona. Holen wir holen wir im März nach. Im März das lohnt sich nicht, jetzt machen wir es 15. Wir könnten aber 100 Jahre Samstag machen, das ist immer gut, das kommt immer gut. Ja, oder tun einfach die Monatsanzahl, die es euch schon gibt, nehmen. Okay, gut. Ja, und dann die quersummieren nachher in Wurzel 2 hoch Quadrat Pi. Hey, irgendetwas müssen wir machen, das Ebri muss gefüllt sein. 156. Ich kann mir vorstellen, das könnte gefüllt an alle Bands. Ich glaube, das könnte gut passieren. Hey, aber Bella, du hast jetzt ein paar Mal über dem Ebri geschnurrt, was passiert jetzt genau? Nicht so viel, das spielt Decade Effect. Fear Lab. Ja. Und so ich. Reverse ist, da bin ich Von gespannt. dem her, es wird ziemlich sicher saugeil, ja. Ja. Haben wir schon geklärt, der Monitore mitbringt? Und das PA? Nein, sicher nicht. Das ist im Fall eine Frage, die sich wirklich auch schon aufgestellt hat und wir sind in der Abklärung. Ich glaube, das tun wir dann noch privat Das sind doch alles so diskutieren. Streben, die In-Ear haben, oder? Ja. Ja. Weißt du, was wir Zum Fernsehen, aber wir haben es wirklich nur, weil unser Bassist als Veranstaltungstechniker schafft und wir von seiner Firma haben können ein gebrauchtes In-Ear-Rack abkaufen für hure günstig. Sonst wären wir jetzt auch noch... Haben wir probiert, euch gebrauchte In-Ear-Stöpsel zu verkaufen? Ich habe das Gefühl, dem könnte sich das lohnen. Gott. Nein, ich glaube, das OnlyFans-Profil voran macht mehr Sinn. Ja, gut, ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass du Scheiß hast. Ja, noch nicht. Morgen muss ich mir anfangen, alternative Einkommensstreams zu überlegen. Darum. Tanzen die halbnackte Gitarristen. Ja. Aber denkst du, wir haben beide mit In-Ear erst nach Corona angefangen? Wir haben auch nicht In-Ear gespielt, wie lange sind wir? haben es, glaube ich, so ziemlich während dem gemacht. So anfangs Corona haben wir gesagt, ja, wir wollen gerne ein In-Ear und dann ist so, okay, cool. In dem Fall brauchen wir das in 3 Jahren. Oh, aber weißt du, was mein Tagesprogramm ist am 16. März? Nein. Am Morgen haben wir einen Podcast mit der Band. Ja. Dann gehen wir mit der Band bouldern. Ja. Du nicht halt. Ja. Und nachher gehen wir dann selber ins Konzert. Geil. Ja, Mann. Super, jetzt bin ich nervös. Ich auch. Spielen wir eigentlich als erstes? Ja. Ich glaube schon. Geil. Aber ich habe es mega nett gefunden. Ja. Es ist wirklich noch die Frage aufgekommen, wer wann soll spielen. Und ich habe dann einfach so reingerührt, ja, also jetzt wir haben einen Double-Headline-Tour, ich nehme es mal an, wir machen den Opener. Oder wenn dann wirklich noch das Schlusslicht, je nach Zeit, wann wir spielen. Der Decade Effect sollte nicht nach dem 9 spielen, es sind so Gremlin-Regeln. Ja, effektiv. Ja. Ja, aber das das ist im Fall, machen, das ist im Fall etwas, was ich mir einmal gesagt habe. Ich spiele viel lieber früh. Ja. Unbedingt. So, ich liebe es, dass wir bei Siamese den Opener-Slot haben, weil wir haben Soundcheck und dann steht alles. Nein, das schießt mir auch. Soundcheck ist so Nein, aber das langweilig. Ding ist, wenn du eben Opener bist, dann ist dein Soundcheck ganz kurz voran. Ja, das stimmt. Dann bist du Soundcheck, gehst kurz etwas essen, kommst auf die Bühne und deine Gitarre liegt noch dort, wo du sie angelegt Ja, aber das hast. ist der Scheiß. Als Sänger kannst du dann eben nicht essen. Ich kann nicht stumpf vor der Show etwas essen. Nein, das nein. das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war im Ebri, wo wir vorher ins Holy Cow sind. Und ich habe erstens habe ich absolut kacke gesungen, zweitens habe ich wirklich Angst gehabt, ich scheisse mit Hosen auf die Bühne. Und das ist kein Witz, ich habe wirklich Angst gehabt, dass das passiert. Ja, das habe ich auch schon mal Ich gehabt. muss immer ein Pre-Gig-Pub machen, weil sonst kann ich nicht gut spielen. Ja, das ist der Dings. Aber im Ebri musst du eben noch schauen, wie wenn du das machen kannst. Oh, ja. Hey, Hey, im Fall, im Ebri ist 20 Minuten auf Familie, je nachdem, Ihr habt doch- zusammen zum Ego schießen. Ihr habt doch alle schon im Ebri gespielt. Ja. Ja. Ich wollte jetzt nichts sagen, aber der Sänger von dieser Band, wo du das Käppchen anhast, behauptet ständig, wenn du dort als Act spielst, darfst du aufs Frauen-WC. Nein, das heisst, dass es darf. Also generell im Ebri kannst du einfach aufs Frauen-WC gehen. Also, du weil es meinst hat den Mike? Nein.
Ja. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass das noch nie hat es geheißen, ihr spielt heute, ihr dürft das Frauen-WC. Ich sage einfach, er ist ein Sexgrüssel, der sich das einfach als Ausrede rausnimmt, dass er auf dem Frauen-WC ist spannen. Also, ob der Mike ein Sexgrüssel ist oder nicht, ist stark ausser Frage. Aber ich bin auch schon eben aufs Frauen-WC. Es hat eine riesen Schlange Mannen-WC gehabt, da bin ich in den Bar gehorkelt und Phil! Ich muss sagen, mega lange Schlange. Es ist egal, es ist Frauen-WC. Es hat keine Frau da. Es ist ein Death-Metal-Konzert. Weil Silas spielt. Und dann bin ich ins Frauen-WC. Dann rausgekommen, hat es Schlangen von Männern vor dem Frauen-WC. Aber der Keimtipp früher war, und jetzt gibt es ja nicht mehr, ist einfach ins Bonnie Prince gepisst. Ja, das ist so. Ja. Bis sie merken, und so nach 2-3 Mal checken, und dann heisst, du musst jetzt etwas kaufen. Dann musst du es 2,5 Dezibel für 15 Stutz kaufen, oder was immer das gekostet hat. Ich habe so einen Courtesy-Shot dann immer genommen. Ja, genau. Aber nachher beim Oscar kannst du sagen, so, Bro, ist das gerade Ja, genau. Ich bin aber einfach reingestrichen. Ja. Das ist gut. Wenn du betrunken genug aussiehst, dann gehen sie davon aus, dass du dort hingehst. Aber das gibt es jetzt nicht mehr. Nein, schade. Nein, das heißt, du musst jetzt einfach, wie sich es gehört in Zürich auf die Straße. Nein. Aber ich habe für die ersten 7 Jahre nicht gewusst, dass das Frauenbett mehr will. Nein, ich habe so schief geschaut und mal irgendeine Frau hinter der Bar und gesagt, hey, du schaffst da. So, nein. Was? Das ist wirklich der absolut strubst mögliche Ort. Irgendwann ist so ein Lager oder so. Also, es ist zwischen dem Brünneli und der Bar. Also ich meine, ja, es ist eine Metal-Bar. Was ich geil finde, ist, dass alle Aversi-Sticker, wo No Metal draufsteht, einfach systematisch abmontiert werden. Ich weiss nicht von wem. Aber, uns ja, einfach. Aber es steht alle anderen Aversi-Sticker werden eingeladen. Der Sticker von unserer IB wird eingeladen, der Schriftzug-Sticker wird eingeladen, der Pinguin-Sticker wird eingeladen, der mit den Titten drauf wird eingeladen, aber der No Metal draufsteht. Was haben so viele Sticker? Was ist mit euch? Ja, uns gibt es halt einfach schon gut 10 Jahre. Uns gibt es länger, wir haben einen Sticker. Das stimmt, und es ist immer noch rum. Ja, wir haben immer noch von der. Ich habe herausgefunden, dass Sticker gar nicht so teuer sind. Ja, klar. Ja, das ist effektiv. Wenn eben viel auf einmal druckst, nicht so wie ich, der 200 Stickers von Metal selber gemacht hat für 40 Stutz. Gut, 40 Stutz. Ja. Aber für 50 Stutz hast du so 1000 machen. Ja, aber was machst du mit denen, weißt du? Das ist eben das Problem. Wir haben jetzt noch einen Sticker, wo drauf steht www.facebook.com/Aversis-Music. Alter, nicht einmal mehr, vielleicht stimmt der Link nicht mehr, weil ich habe EMS schon, dass der www noch drauf ist. Das ja. Nein, HTTPS, genau. Das war 2007 gewesen. Nein, 2017 oder so. Ich sage 2007, jetzt wäre Facebook noch Aversis. 2007 hat es nicht mal viel Licht Aversis gegeben. Nicht bei uns, und es hat noch der Facebook geheißen. Und facebook.com/ okay, anyway. Ja, du meinst dort, was noch Netlog geheißen hat? Boah, Netlog. Ich habe letztes Mal auf YouTube den Best of Netlog eingegeben. Alter, das kannst du dir auch nicht geben. Und dann habe ich das angeschaut und alle mit diesen komischen Ian Watkins Lost Profits Frisuren und diesen komischen Halstüchern. Und ich habe mir nur so gedacht, shit, die Halstücher. So Bruder, und ich habe mir nur so gedacht, Alter, so sind sogar Chippies bei uns rumgelaufen. Die haben alle ausgesehen wie der pädophile Sänger von Lost Profits. Also ich kann nicht mehr. Das tönt, wie wenn es einen nicht pädophilen Sänger von Lost Prophets gibt. Also, Fun Fact übrigens, ich habe Lost Prophets mal live gesehen. Ich auch. Mit Stained zusammen. Wenn? 2001. Ah, fuck. Und er ist dort vermutlich... Nein, es ist schon ein stuber Gedanke, weil so... Das Konzert ist ein Curse. Der eine ist jetzt ein Pedo und hockt in der Kiste, der andere ist so ein Volker-Racho Ami-Maga-Nazi. Das ist einfach so, what the fuck, das ist mein erstes Metal-Konzert. Aber das Ding ist, wahrscheinlich... Pedo und Nazi. Ja, komplett. Aber Alter, wahrscheinlich ist er dort noch genug jung gewesen, dass er noch nicht pädophil war. Ich fick das nicht selber. Nein, ist fix schon pädophil. Und vor allem Last Prophets sind gut gewesen. Alter, das ist so schade. Das ist so eine gute Band gewesen. Ich habe so viel... Das Problem ist... Ja, Cheaper Kaiser Burn. Wie heißt nochmal die Band, die Headstrong macht? Trapped. Ich habe im Kopf immer Trapped und Lost Prophets vertuscht. Nein, mach das nicht. Die meisten Nein, die einen sind von Amerika und sind völlig hirnverbrannt und die anderen sind von Wales und der eine ist ein Pedo. Ja, genau. Die einen haben einfach ein Linkin Park Cover geschrieben und die anderen haben wirklich gute Musik gemacht. Tatsache, dass ich nicht sicher bin, wer ich tue. Ja, das bin ich auch sagen, was meinst du? Sorry, der Song Headstrong von Trapped, den habe ich abgeladen. Du meinst, das ist der einzige? Den hast du die anderen auch mal gelesen? Den habe ich abgeladen. Sie haben keine anderen Songs, das ist wirklich offiziell. Den habe ich abgeladen auf LimeWire und er ist mit Linkin Park angeschrieben gewesen. Ich habe 10 Jahre lang gemeint, dass er Linkin Park nicht zum Angehen, ich habe den auf Kazan abgeladen und er ist mit Linkin Park angeschrieben. Das war Standard früher, dass die Songs einfach völlig falsch benannt worden sind. Okay, wenn wir schon und vor allem, wenn es gestanden ist, mp3.exe ist mega gut gewesen. Aber so habe ich herausgefunden, im PC neu aufsetzen. Das sind die besten Lieder gewesen.
Aber wenn wir schon bei New Metal Deep Cut sind, hat jemand von Dry Cell noch gekannt? Sicher! Dry Cell. Nein, aber ich gehe mir das auf dem Highway anhören. Hey, aber die findest ich glaube nicht, dass Mal, YouTube findest du es aber noch. YouTube, ja. Ich habe heute schon mal, Gibt dir Disconnected. ich habe heute schon mal ein Video geschaut von Wir können Josh zum Bella schlafen. Middleton, ja. Und von Josh Middleton von Silosis, wo wer gefragt wurde, ob er mal Hat er mit der Kate Middleton Ja, etwas ich bin ja so der Josh-Effekt. Der Josh-Effekt. Nein, wie heisst es? Dry Cell. Dry Cell, ja. Also so eine nasse Batterie. Nein, nicht wirklich. Oder respektive leere Batterie. Oh nein, Body Crumbs, schau da, es gibt sogar ein Musikvideo. Ja. Holy shit, können wir das irgendwie... es ist Zalando-Werbung. Auf jeden Fall habe ich dann dort... Hat er irgendeine Nu-Metal-Band gesagt, die ich noch nie davon gehört habe. Es gibt von recht viel Ja. Ein Album rausgebracht hat und ich habe einen Song gehört und habe jetzt das Gefühl, ich habe eine neue Lieblingsband. Wie heisst? Ich habe sie aus dem Chat hineingeschrieben, Ricky. Hättest du ihn nicht archiviert, würdest du es sehen? Gut, du ganz ehrlich gesagt. Ich möchte es echt auch mit dem Publikum teilen. Ja, aber ich müsste die Oder im Zähne Radar dafür mit. nehmen, es geht viel zu lang. Ich will es wissen, weil ich kenne sie Aber vielleicht. was eigentlich cool war, wenn du früher irgendwie PS1, PS2 irgendwelche Freestyle-Games gespielt hast, bist du die ganze Zeit über irgendwelche New Metal... Stimmt. Du bist auch über Static X gestörchelt, du bist auch über... Tony Hawk Pro Skater hat meinen Musikgeschmack nachhaltig beeinflusst. Ja, John absolut. Coffey, von denen haben wir es vorher schon mal gehabt. Die haben einen... Ich glaube immer noch, du hast das erfunden. Nein, das ist im Fall eines der besten Konzerte, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Im Werk 21 unten haben sie gespielt. Der Kaffee Hans. Es ist irgendeine Mischung aus Punk, Hardcore und Stoner Rock, Alter. Es ist so daneben. Also fängt es an und noch ein bisschen... Nein. Und dann ist CZ Top. Und so ein New Kids Turbo. Oh, geil! Es ist wirklich... Jetzt macht es mich lustig. Es ist wirklich so, es ist so daneben. Und die haben dort unten einfach... Die haben in... Wie heisst es? Utrecht. In Utrecht, ja. Haben sie in einem Skatepark das Tony Hawk Pro Skater 2 Set gespielt. Voll geil! Und es ist so eskaliert. Und dann haben sie von Rage Against the Machine Guerrilla Radio gespielt. Und das haben sie eben auch in Zürich gespielt. Und das ist so eskaliert, dass ich am Schluss mit 5 anderen auf der Bühne gelegen bin. Das Mikrofon ist so umgekehrt. Der Ständer, also im Werk 21 oder? Dann der Ständer am Boden platscht, das Mikrofon flach gewesen. Ich liege so mit meinem Bier in der Hand zwischen dem Gitarrist seinen Beinen über sein Pedalboard. Und ich so, fuck, jetzt sind die sicher sauhässig. Und er schaut einfach so oben runter, so, hey, how you doing? Und ich so Daumen für ihn genommen, aufgehebt und er so, fuck yeah, dude! Und dann habe ich so weitergeladen. So, okay, ja, das ist Punk. Ja, und du so tun, so wham. Ja, und die Band heisst American Head Charge, die New Metal Band. Ja, das habe ich aber auch schon gehört. Also das Album The War of Art, es ist saumässig hässig. Noch nie davon gehört, aber... Lass mal Head PE, das könnte auch noch gefallen. Ja, Head PE kann ich nicht geil. Ja. Oder wie hat es oder Non-Point hat es auch noch gegeben. Ja, oder Spineshank. Spineshank ist aber die sind sich auf der rockigeren Seite, oder? Jein. Es ist mehr... Nein, ich verwechsel es. Ja. Meine ich Saliva. Gibt's die noch? Ja, du meinst Saliva. Spineshank ist... Die haben jetzt aber Spineshank hat Nu Metal gemacht. Und dann haben Spineshank das Gefühl, sie machen jetzt kein Nu Metal mehr. Und dann haben sie einfach eine von der besten Metalcore-Bands ever gegründet. Ich glaube, Silent Civilian. Okay, ja. Aber ja, Alright. anyway. New Metal ist echt lustig. Es ist wirklich das ist mehr als jedes andere Metal-Subgenre. Also ein hohes Ami-Phänomen. Ich meine, ich weiss, es gibt auch andere New Metal-Bands, die nicht aus Amerika kommen, aber alle, die irgendwie etwas erreichen, sind alles Ami-Bands. Und ich glaube wirklich, so ziemlich allen hat es einfach so 5 Jahre später komplett ins Hirn geschissen. Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn irgendjemand ein Interview schon in einer New Metal-Band war, bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen. Ich glaube, eine von ist tatsächlich Fred Durst. Ja. Bekommst West wirklich Borland. So, ja, okay, der Borland ist sowieso. Einfach Linkin Park ist ein spannender... anyway. Powerman 5000. Powerman 5000. Sorry, aber das sind ganz sicher Nazis, oder? Ich glaube, die sind zu dumm zum Nazis sein. Ich glaube, die sind wirklich, die haben nicht mehr genug Hirnbildung. Also, ich meine, mindestens 3 von denen sind entweder Corona oder Fentanyl gestorben, statistisch gesehen. Ja, Trapped hat ja auch während Corona dann noch so gegen Corona an. Aber ich meine, die sind ja auch alle von Florida, nicht? Florida Man, beste. Ja. Nein, aber was gibt's? Fuck, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber es gibt nochmal irgendeine Band, die wirklich... Nein, stimmt nicht. Cold Chamber, dort ist nachher Devil Driver. Alien Ant-Farm. Ja. Alien Ant-Farm ist, glaube ich, die unterbewerteste. Wie heißt Alien Ant-Farm. Das ist die falsch ja. kategorisierteste Band auf dem Planeten. Die sind in das New Metal-Ding reingekommen. Aber ich kenne nur den Cover von denen. Ja, das von Michael Jackson. Sorry, Hey, du hörst mal das Album, das ist im Fall fucking crazy. Das ist wirklich ohne Scheiß gut. progressiver New Metal. Aber das ist ja kein Nu Metal, Alter. Nein, aber es ist halt einfach die gleiche Zeit, die gleiche Ästhetik, das Ja gleiche gut, Papa Label. Roach ist auch als Nu Metal abgetitelt worden. Ja, aber das erste Album ist fix ein New Metal. Mushroom Head ist auch als New Metal abgetitelt worden. Was New Metal. Ich meine, die erste
Die erste Scheibe von denen ist irgendwie fast ein bisschen Wie heissen die anderen? Slipknot. Nein, noch die anderen. Sleep Token. Mit dem Hell Yeah Sänger. Nein, das... Warte. Pantera. Nein, das ist der Hell Yeah Drummer. Ja, genau. Hell Yeah Drummer und... Nein, Hell Yeah Sänger hat ein Band. Der Willy Paul ist... Mudvayne, genau, ja. Safe New Metal, aber halt nicht die gleiche Art von New Metal wie so irgendwie so geistig like so eine Scheiße wie Trapped oder... Aber das ist crazy. New Metal tönt jede Band komplett anders. Ja, effektiv. Aber du hörst es und es ist New Metal. Also, weißt, Ja, das stimmt. Das stimmt. Metalcore ist wie andersrum. Jede Band tönt gleich, aber du Das bist ist nicht sicher, ob es Aber Metalcore wenn du ist. überlegst, also es ist so die Grenze zwischen Industrial, New Metal und nachher so wie Fear Factory. Ja, logisch. Oder ist so wie, sie haben auch New Metal Parts und Static X ist auch mehr etwas anderes wie New Metal. Und ganz ehrlich, sind wir ganz ehrlich, die Metalcore und Deathcore Bands heutzutage spielen alle New Metal Riffs. Ja, logisch. Ich meine, es ist alles Oder die machen mich hässig. Ich bin die ganze Zeit New Metal am Hören. Ja, aber dann soll ich das gut machen und nicht einfach so scheiß langweilige Kack-Scheiße Hey, produzieren. du musst den Song hören, den ich dir geschickt habe. Ich habe ihn gehört, finde Scheiße, Alter. Ich habe Bro. reingelassen, habe ich so ein Triple-Kick-Pattern gehört von so einem scheiß programmierten Drum und ich aber einfach der gedacht, ist fickt euch. Das klingt geil. Was reden wir? Und schau, es heisst, der Song heisst Extremely Vielleicht, Illegal. Nein, warte. vielleicht habe ich ihm einfach auch keine Chance gegeben und ich höre ihn nachher nochmal. Nein, warte. Sie haben den besten Songnamen ever. Ricky, nein, ich höre es nachher nochmal. Ich habe nur auch kurz reingelassen und dann gedacht, Also, look, Wenn wir eigentlich aufhören miteinander ohne Mikrofon reden. look, der Song heisst Insanely Illegal Cage Fight. Erstmal, geiler Name. Ja. Und es ist einfach ein Brudi, der Gitarre spielt und alleine Musik schreibt und ein Rapper. Geil. Dal Auf und Jackson Rose. Okay. Alter, ist so heavy Ist gut. gut, ich höre es nochmal. Ja, ich speichere mir so gerade. Aber apropos Musik, die der Bella sollte gut finden, kennst du Möll? O, so das dänische O. Ja, ich glaube, es sagt mir etwas. Die sind unfassbar geil. Ich habe letztens entdeckt, viel Spaß. Sie sind im Mai auf Tour gewesen, die Fuckers. Also Mai 23, Ja, ja. Mai 24. Aber die machen genau so, und ich habe das Gefühl, dir gefällt es. Es ist wie so für mich ein bisschen Fortsetzung von Harakiri of the Sky. Es ist noch ein bisschen, oder etwas zwischen Harakiri und Svalbard. Ah ja, Svalbard habe ich gerade auch noch mal richtig ansprechen, Svalbard drauf ansprechen, weil wir haben uns ja... Svalbard sind Brutus für 2023. Oh, ja. Und das sage ich, weil 2022 im Grenich kann ich bei Brutus brüllt, bin ich emotional wurde mir von der Bühne und 2023 ist Svalbard. Ah, der Brutus Vorband von John Coffey, darum kenne ich die. Was Vorband? Fucking John Coffey, Mann. Ja, das ist Das können wir mal 2016 oder so. Okay, ja, gut. Das ist schon lang her. Also, Was aber insanely evil Cage Fight. Aber kommen wir zu den zur Entstehung von Cage Effect. Okay. Ich weiss, wie Kate Effect entstanden ist. Seine alte Band hat sich aufgelöst. Er hat angefleht, dass er rein kann. Also meine Band hat sich auch aufgelöst wegen Geht dem. der Aber Effekt. es ist nicht Wunder, wie vom Bass zu Gesang gegangen bist. Das ist einfach das ist noch ganz am Anfang bei Timo gesungen, 2004. Mhm. Er hat einen Sänger gehabt, er hat den Sänger rausgerührt und dann haben wir das Konzert gehabt. Ich sage, ja, wer kann am wenigsten schlecht singen? Und ich so, ja, der Bassist natürlich. Und die anderen müssen sich konzentrieren. Wenn du Mühe ist, findest du vielleicht noch irgendwo eine Demo-Aufnahme von Timo. Das war ganz, ganz schlimm gewesen. Alright. Aber im Fall Bass spielen und singen finde ich viel härter wie Gitarre spielen und singen. Gitarre spielen ist einfach mühsam. Bass spielen ist einfach dong, da, dong, da, dong, da, dong. Ja. Gitarre Vielleicht muss liegt es daran, dass ich... Griff Pretty machen, much. musst überlegen, wie heisst die Seite, und Vielleicht- musst überlegen, vielleicht hört dich jemand. Vielleicht liegt es daran, dass ich in einer Punkband Bass spiele und nicht in einer Metalcore-Band. Also der Punkband Bass spielen sollte nicht mühsam sein. Mal, das ist der, der am meisten macht meistens. Ja, aber machst du gleich nichts. Ja schon, aber halt immer noch mehr wie ein Metalcore-Bassist, der einfach auf der E-Seite das Null spielt. Was machst du mit der Punkband? Bass. Ein bisschen mehr. Dann, das ist over, also dann machst du etwas falsch. Wenn du in einer Punkband einen Bass mehr machst als Leerseitenspiel, hast du im Leben versagt. Ja, ich brauche auch noch die andere Leerseite, weißt du? Also wir haben es vorher wegen Ding gehabt, wegen Suicidal Tendencies. Ja gut, aber das ist keine Punkband. Es hat Es ist sicher, es ist sicher keine Schweizer Punkband. Das ist so, Okay, Es ist nicht die Art von Punkband, wo wir es darüber ist reden. so Proto-HC-Punk. Also für mich ist das fix im Hardcore abgeleitet, aber das muss nicht heißen, Ja. ich bin mega schlecht mit Genres und es Nein, ist das- sowieso egal. Genres sind wie Geschlechter, alles nur ausdenkt. Hä? Einfach früher hast Du du hast jetzt, wie ich kann nichts dagegen sagen. Ein bisschen Baudrillard. Einfach Hat sich das lange überlegt. früher haben Punks, Ich habe Metalheads dann schon vorher mal gebraucht. bügelt und umgekehrt und Hippies bügelt und früher hat es schon sind dazu. Ja, das ist auch bei... Wer Nein, wir schreibt, fangen jetzt nicht am Kapitalismus-Rant, aber was jetzt Punk heute ist, was es früher mal war, die Tatsache, dass es Unternehmen gibt, die sagen, wir sind Punk und alle finden, ja voll. Das bringt Ja. mich so... Nennen wir ein Unternehmen, das Punk ist, Alter. Das sind alles Wichser. Das muss ich ja nicht ausschließen. Ich kenne recht viele Punks, die riesen Wichser Aber sind. Punkbands sind auch zu Unternehmen geworden.
Ja, logisch, eben, darum sage ich, aber das ist so die Art von Frustration, wo nicht, dass ich das mache, aber wo ich jetzt theoretisch könnte sagen, vielleicht bei anderen Personen könnte das zum Molotow-Cocktail-Werfen führen. Ja. Und ich sage jetzt nicht, dass ich das gut fände, aber ich sage nicht, dass ich es schlecht fände. Ich sage einfach, dass es könnte passieren und dass es vielleicht gut wäre. Nein, also wirklich so... Allegedly. Nein, also so anhand von Umständen muss ich sagen, Preis jetzt kapitalistisches System, aber es bringt nichts. Ja, ich verstanden. Der Mensch bleibt Mensch. Grönemeyer. Kann man sagen Grönemeyer? Der Mensch ist Mensch. So. Okay, wir sind fertig, oder? Nein, also eigentlich hätte ich jetzt mal noch gerne wissen, wie es denn so angefangen ist mit euch. Aber ich weiß nicht, dass das Lied irgendwie heute nicht mehr drin ist. Wie es fertig wird, das wissen wir nicht. Das könnte noch lange gehen. Wir nehmen die erst 2 Stunden auf. Gut, das ist der Ricky, das Schnitt geht es nachher nur 2 Stunden. Mit einer Pipi-Pause. Ich muss ja noch eine Pipi-Pause machen, ja. Nein, von dem her, ich könnte gerne mal sagen, wie das gegangen ist, dass jetzt Kate Effect bei uns auf dem Sofa sitzt. Hey, also, das ist im Fall eine mega lange Geschichte. Bella und ich haben angefangen Memes zu schicken und ich weiß nicht wieso, aber es ist passiert. Wahrscheinlich. Der Bella haben wir am Grenichen geredet. Ich weiß nicht, was wir das Heu gesagt haben. Wir haben zusammen das Svalbard geschaut. Echt? Ja, so halbe. Wir sind vorher dran, wir haben uns etwa 8-mal so halbe gesehen und dann so angeschnurrt. Ich mag mich bildlich erinnern, wenn ich dich gewunken habe. Ja, genau. Wir haben etwa 8-mal das gemacht und dann bis Svalbard sind wir das erste Mal... Die erste Band, die wir, glaube beide irgendwie geschaut haben. Du nicht am Arbeiten warst, oder? Ja, genau. Genau. Bis Svalbard sind wir dann beide da gestanden und dann dort haben wir mal kurz miteinander wirklich geschnurrt, so etwa 10 Minuten. Das erklärt mir auch nicht mehr, weil es die zweitletzte Band vom Festival war. Ich mag mich nicht an die Interaktion erinnern. Ist ja fair. Auf jeden Fall, wir sind da, wie der Bella und ich als Memes geschickt haben. Der Bella hat gefunden, kommst du vorbei? Dann habe ich gefunden, ja, da habe ich nicht mehr gehört. Ich gefunden, ja, kann ich vorbeikommen? Ich gefunden, ja, da haben wir nicht mehr gehört und jetzt sind wir da. Ich bin nicht sicher, ob sie das haben wollen wissen, aber... Ja, mal, das ist eigentlich schon gut. Vielleicht okay, gut. Also der hat jetzt nicht die Frage stellen. Ich formuliere sonst die Frage nochmal um, ich schon überlegen. Aber so, was hat Kate Effect in der Zwischenzeit gemacht, dass der Bella dazu bewogen hat, das zu fragen? Memes geschickt. Ganz viel Seich. Nein, wir haben uns nicht aufgelöst. Was wesentlich mehr ist, dass man über ganz viele Bands behaupten kann, die zusammengespielt haben. Ja, effektiv. Und es ist mega schade, weil wir gesehen, wie sich sehr viele gute Bands gebildet haben und es dann einfach viel zu früh wieder auseinander sind. Ja, und ich glaube, sorry, ich habe dich unterbrochen. Nein. Was uns, glaube ich, schon ein bisschen geholfen hat, ist unser Mangel an Ambition. Es gibt hure viele Bands, die gefunden haben, jetzt ziehen wir es voll durch, mega Gas gegeben, nach 2 Jahren komplettes Burnout, aber einfach nichts passiert. Ja, genau. Ja. Aber das ist die Frustration ist halt einfach riesig. Es gibt Leute, die rühren alles in, die rühren Geld in, Zeit in, Wochenweise etc., teure Aufnahmen und Überlegungen und Sachen. Und nachher rührst du das ganze Zeug in die Schweizer Musikszene rein und ein Hund kommt dran, seicht schnell kurz dran und läuft weiter. Weißt du, es ist einfach ein bisschen so. Es ist hure böse. Was dir einfach dort halt einfach immer fehlt, ist halt einfach die Connections und sonst passiert gar nichts. Und wie es der Sile immer halt einfach gerne gesagt hat, gehen schwätzen mit den Leuten. Wenn du irgendetwas willst in der Schweizer Szene, gehen schwätzen mit den Leuten. Sonst passiert gar nichts. Ja, und das andere ist, die Schweiz ist so ein kleiner Teich. Also, du hast einfach, wem sage ich das? Das ist wirklich, ich glaube, mehr zum Chor predigen kann man nicht. Aber es ist so du hast absolut null Transfer zu irgendeinem anderen Markt. Du kannst in der Schweiz absolut grösste Metal-Fisch sein. Oder Metal Service von mir. Nein, aber du kannst in der Schweiz gigantische Metal-Band sein und du hast nicht mal die Rechnung von deiner Putzfrau oder ihrem Putzmann gezahlt. Also es ist, und dann nachher versuchen von dem irgendwie abzukumpen und etwas Grosses daraus zu machen. Nachher bist du im noch übersättigteren internationalen Markt. Zumindest sicher nicht hier. Gang raus, ja? Ja genau, aber wenn du in den internationalen Markt gehst, wo gibt es mehr Metal-Bands als in der Schweiz? In Deutschland. Oh ja, das ist jetzt gerade ein bisschen die falsche Anlaufstelle. Ja. Österreich ist auch nicht besser. Alle anderen Länder sind... Dort ist irgendwie die Kaufkraft so tief, dass du eine Schweizer Band geschissen hast. Ja. Ich meine, wenn du anschaust, die grössten Metal-Bands in der Schweiz, was immer die sind, ich garantiere euch, wenn sie von der Musik überhaupt leben können, haben sie maximal einen schlechteren Lohn als durchschnittliche Marktkassiererin, oder? Definitiv. Das nach ist irgendwie 20 Jahren. Das ist ja das, was Breakdown of Sanity gesagt haben. Ja, genau. Dort, wo sie sich haben müssen entscheiden müssen, ob sie das weiss ich, als ich den Podcast ganz die Folge 100% gehört habe. Also, du hast die Folge gehört? Nein. Also, du hast schon zu viele Folgen, du hast mich schon zu viel auf Bands angesprochen, die ich sehr gut finde, dass du zu wenig... Also, ich habe eine halbe Stunde von der letzten Folge gehört. Ja, nein, sorry, ich habe selbstständig alle Folgen gehört. Das kann nicht sein. Von Harakiri for the Sky haben wir in der letzten nicht geredet. Oder schon? Doch, 100%. Ich glaube schon, ja. Fuck!
Übrigens, nein, stimmt, ich weiss, und ich habe darüber geredet, dass keine österreichische Bands kennen. Ja, genau. Ja. Und ich habe vorher von Harakiri geredet, der Sorrow. Das haben wir Sorry, gesagt. Ja. Fuck, Harakiri for the Sky ist eine österreichische Band, ja! Ja, sicher, sie machen Black Metal und sie könnten Nazis sein. Natürlich sind sie von Österreich. Interessiert. Ja, okay, hast recht. Aber das Ding ist, ich bin dann auch am Emil Bulls Konzert gewesen und dort hat... Wow, das ist auch so eine New Metal Band, vergessen haben. Eine von der wenigen New Metal Bands, die nicht aus Amerika sind und tatsächlich etwas geleistet haben, wie Guano Apes. Ja, sie haben schon etwas geleistet, aber sie haben halt wirklich keine Relevanz mehr. Aber dort hat mir der Veranstalter vom Bullhead Festival hat mir dort angequatscht. Deswegen keine österreichische Bands. Ihre Headliner ist und ich habe den Namen schon wieder vergessen. Atlantis. Ja, Visions of Atlantis. Ja, genau. Okay, nie gehört. Ich auch nicht. Aber ich freue mich Held of Resolve an. Resolve ist der Shit. Nein. Ja, Mann. Nein. Resolve sind schon die wir im Werk gesehen haben, Die oder? Franzosen, ja. Resolve, kennst du? Habe ich schon gehört. Ich habe schon Also ich habe den Ausdruck schon gehört. Wie fest? Resolve. Vielleicht habe ich den Ausdruck auch wirklich gehört und ich verwechsel das gar mit einer Band. Darf ich das mal schnell so auf mega mini ich hasse alles moderne Ich kenne Art den bringen? Schriftzug von Du bist zu Resolve. jung, um alles Moderne hassen, Baby. Ja, das ist so ein Nein. Hell-Yeah-Schriftzug. Es hat kein Punk drin, darum hasse ich es. Es ist einfach so zu perfekt. Aber das haben die Leute schon über Punk in den 90ern schon, das haben die Leute in den 90ern schon über Punk gesagt. Ja, So, aber dann man ist muss halt nicht doch auch bringen. wieder Must Be Wrong gekommen und die dürfen auch einen Ton nicht, von dem her ist es gut. Gut, ja, aber Must Be Wrong ist doch eher spät gekommen, wenn man so denkt, 90er. Ja, da hast du recht. Ja, aber ich glaube, Also bei am Damian sind 18 90er ist sicher schon die Hälfte von Der ist der ja vor Band 2 geboren. Jahren gewesen. Nein, nicht vor 2 Jahren, es ist schon etwa 4 Jahre. Ey, der ist im Fall am Grenichen durchgefallen, als er herausgefunden hat, wie alt ich bin. Er hat mir gesagt, wie alt er ist und dann ich so, ja okay, ich bin ja etwa 8 Jahre älter als du und er schaut mich so an, Bruder, was? Ja, übrigens, wenn du willst wissen, woher ich den Damian kenne, ist fast mein Nachbar. Ja, das habe ich fast schon angenommen, ja. Schon? Ihr redet ja gleich. So gross ist die in der Schweiz auch nicht. Aber was Goddammit. ich richtig stabil Die finde... andere Variante wäre, ich kenne aus der Gucke. Nein, ja, das wäre aber beim Damian nicht. Gell? Er ist ein sehr ambitionierter Schlagzeuger. Und ich habe ihn schon mehrmals angeworben, aber er hat nie zu den Biberkroser Benau wollen. Ja, ich frage mich, wieso. Wie es lässig ist. Also, Ja, nicht will, wie es lässig ist. Mal. ja. So, du hast irgendwas erzählen. Ja, ich kann eigentlich noch sagen, dass es fucking funny ist, wenn ihr einen Sänger den Damian nachher macht, weil er tönt 1:1 gleich. Es ist absolut insane. Nötige, den Must Be Wrong mal live so zu tun. Ja, gut. Unbedingt. Also, die zwei Herren wollen das ja nicht erzählen, was sie in der Zwischenzeit so gemacht haben. Von dem Ja, her. wir haben nichts gemacht, das ist die Antwort. Mal, wir okay. haben, nein, wir haben einen Single und 2 Alben rausgerührt. Mit Alben meinst du EPs? EPs, Entschuldigung, E-Alben. Ja, du weißt. EPs. Alpis. Ihr seid also Ja, fast früher schon auf den Dings, ist das also Trendsetter gewesen, weil mittlerweile bringt ja niemand mehr Alben raus, sondern nur noch EPs. Ja. Das heisst, ihr habt Falsch, das ist ihr habt den absolut, Trend Absolut, Ja, ja, absolut, absolut. Nein, wir sind nicht faul gewesen. Nein, es ist Trendsetter, wirklich wenig so. Material Wie gehabt. Nein. das ist so wie mit Trendsetter. Wir haben nur noch EPs rausbringen. Nein, effektiv, es hat einfach nicht mehr gegeben. Es hat so viel gegeben, wie es gegeben. Aber zum Fair Nein, sein, ich ich meine, bin- es sind also ja auch eine ich bin Schweizer Band, die nicht das Vollzeit macht. Also, Nein, ja, wie wahrscheinlich 90%. Nein, ich würde sagen, wie viel 90% von der Schweizer, 98%. von der Schweizer ja, aber Metal. also ein Album schreiben dauert, weißt du wie lange? Ja. Wenn du nicht ganz- einfach und einen ganz- hast, und was ganz macht. ehrlich, aber ich meine, das ist schon immer so gewesen, die Hälfte vom Album kannst du kübeln. Punkt. Ja. Es gibt sehr, 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 sehr wenig Alben, die du wirklich von Anfang bis Schluss kannst durchhören. Eins davon sind beide EPs von der Kate Effect aneinander. Ja. Nein, aber ich meine, da reden wir von so Sachen wie Hybrid Theory oder... Ja. Ich finde, das Black Album hat irgendwo seine Löcher drin. Ich kann eins, ich kann eins. Aber eben, Hybrid Theory ist eins, ich finde Rain in Blood ist für mich eins. Das sind so Geschichten, oder? Harakiri for the Sky Alben. Nein, die Nein, haben immer ja, ein die paar nicht. Stinker drunter. Mhm. Harakiri for the Sky ist so eine, da könnte ich jetzt sagen, wirklich einen langen Rant halten, aber dann ihre Lieder sind zu lang. Ja. Wenn ein Lied, wenn ein Lied länger als 4 Minuten geht, brauchst du einen extrem guten Grund. Also das neue Saloses Album hat keinen Wegwerfer drauf. Hey, Saloses Ich kann schon pissen im Fall, ich halte es nicht aus. Fairplay, Das ist gut, ich komme mit. In dem Fall machen wir eine Pause. He? Das ist gut. Pös. 3, 2, 1. Also ich habe Slipknot eigentlich Cheers. nur knapp Anfang. Shit, das wäre noch etwas Ja, gewesen. Das ist Anfang, das ist ja auch um den stimmt, 2000er rum. Ich bin einer der wenigen, die Slipknot dort nicht gelost haben, was cool sind und jetzt zum Schluss dass Slipknot schon noch gut sind. Aber viel wichtiger. Also nein, nein, wirklich, ganz wichtige Frage. Haben das Mashup gehört von Justin Bieber, Baby Ja. und Psychosocial? Ja, Ja, ist Weil das geil. ist mit Nein. Abstand der beste Song von Justin Bieber. Und Nein, der der zweite Song von Justin Bieber Und der beste Song mit von Abstand beste Slipknot. Aber völlig. Also nein, Slipknot, ich finde Slipknot im Fall... Okay, ich finde Slipknot cool. Mein Problem mit Slipknot ist, ich habe sie schon 4-mal live gesehen und ich habe es jedes Mal zum Kotzen langweilig gefunden. Genauso wie Korn. ja, und Slayer und die meisten Nein, Bands Slayer sind habe ich live geil ein bisschen gefunden. kacke. Slayer habe ich geil gefunden. Gut, aber Korn hat noch ein bisschen Atmosphäre, finde ich. Ja. Korn hat eben so einen Song gespielt, der gefickt hat.
Dann haben sie Falling Away From You gespielt, glaube ich. Der hat auch noch gefickt und nachher ist es einfach nur noch langweilig gewesen. Gut, aber Korn ist eine langweilige Band. Sie sind wahnsinnig gut, sie sind extrem einflussreich. Ja, das stimmt. Ich behaupte heute... Und sie haben das Woodstock zerlegt. Ja gut, sie Limp Bizkit aber auch. Ja. Ja, aber das ist auch, eben, also, so wie du sagst, damals ist ja wirklich etwas Neues und nachher alles nachgemacht und seitdem ist es eben langweilig, oder? Nein. Ich finde alle Bands, so wie Korn, tönen langweilig. Ja, weil Korn langweilig sind. Ich meine, das ist nicht mal negativ. Korn, das ist einfach halt wirklich... Sie haben New Metal erfunden, sie haben den Blueprint geleitet und sie haben es durchgezogen und das wird halt einfach relativ schnell langweilig. Ja, ich find einfach all die Parts zwischen denen. Ich finde die Refrains, also Ficken sind geil. Und nachher spielt es auf der Gitarre irgendwelche... Und Jonathan Davis macht... Aber das kreiert wieder Dynamik. Ja, genau. Ja, aber Dynamik ist gut und recht, aber wenn Dynamik langweilig ist sie halt einfach langweilig. Ja, aber das ist Korn sind ein historisches Dokument. Ich meine, das ist wie wenn du heute Bathory los ist, tönt es nach absoluter Scheiße. Das hat früher auch nach absoluter Scheiße getönt. aber die absolute Scheiße steht ein riesiger subversiven Aber Akt. ich find die neuen Korn-Songs besser als die alten. Ja, aber das ist, wie du ein Baby bist und nicht weiss, wie Musik funktioniert. Das ist völlig okay. Also du meinst hier, was nachher... Das Gen Z-Hirn ist von TikTok zu fressen, das ist völlig okay. Alles bis aufs Gen Z-Hirn stirbt, das stimmt. Ich finde Korn mega gut, vor allem das Dubstep-Zeug, was rausgebracht hat. Oh ja, das ist wirklich verdammt geil. Das Dubstep-Zeug ist schon wirklich geil gewesen. Ja, das habe ich Aber, lange ich glaube, das hat den gleichen Effekt gehabt wie Korn, wo das erste oder vielleicht die ersten 2 Alben rausgekommen sind. Das ist wirklich das ist ein Paradigm-Shift gewesen. Ja, gut, fair. Das habe ich halt nicht mitbekommen. Nein, gut, ich habe das auch noch am Rand mitbekommen. Ich bin ja 13 gewesen. Es geht ja nicht darum, um jetzt angeben, Bist du 80er? 86er. Ja gut, fast. Same difference, ja. Ja. Nein, aber das Ding ist, irgendjemand hat das letzte irgendwann YouTube abgelangt von der Korn sind heute in der Metal-Szene wesentlich einflussreicher als das Metallica je gewesen. Ja. Das stimmt aber. Und ich bin auch geneigt, dem zuzustimmen, ja. Also besonders eben nachher mit der Deathcore Metalcore, wo die ganze Nummer Einfluss nimmt. Ja. Und wenn du Korn hörst und dann aus dieser Perspektive anfängst, die ganzen Deathcore-Bands zu hören, von so 2012 und so, dann ist so, holy shit. Ja, oder der Song von Throne, den wir gerade gehört haben. Das ist jetzt sowieso, ja, da ist jetzt offensichtlich, oder? Aber wenn du hörst, wie Korn ihre Songs strukturieren, wie sie ihre Riffs strukturieren, vor allem, und wenn du nachher schaust, was irgendwie Suicide Silence oder Bands vor allem nach Suicide Silence gemacht haben, ist das total spannend. Ohne dass man jetzt zwingend muss Korn hören, weil eben, ich finde es jetzt auch nicht eine super interessante Band. Das stimmt, du bist nämlich auch von Korn influenced, obwohl du gar nicht Korn hörst, weil alle Bands, die dich influenced, von Korn influenced sind. Ja, in meinem Fall ist es noch dümmer, weil alle Bands, die ich höre, sind von At The Gates influenced und vor allem ich selber. Aber das ist dann wieder, weil ich einfach ein bisschen alt bin. Aber At The Gates habe ich auch sau geil gefunden. At The Gates ist einfach die beste Band, sie hat Punkt. Nein. Get the AIDS, ja. Aber das Problem für mich mit At The Gates ist immer so gewesen, ja... Aber jetzt muss ich lieber so In Flames, aber mit weniger Melodie. Genau, es ist wie In Flames, aber richtig. Weil eben bei At The Gates das gemacht und nachher hat es In Flames genommen und einfach eben die Melodie dazu genommen. Ja, ich bin da wirklich einfach hängen geblieben, aber ich finde, In Flames haben wir irgendwann vor etwa 15 Jahren abgelöscht. Weil die tönen für mich jetzt wie Korn für den Bella tönt. Es ist einfach so, es ist unnötige Dynamik, es sind langweilige Refrains, die Riffs sind mega geil und sie sind gut, logisch. Ich weiss noch, In Flames haben alle gehatet beim Album in 2012 und seitdem ist irgendwie abwärts gegangen, du gehst einfach immer die alte hören. Ja, anscheinend ist das neue Album wieder geliebt. Yeah. Nein, es ist genau das gleiche Ding mit Korn. Alle sagen, sie finden es kacke, aber alle hören es irgendwie. In Flames sind nicht grösser als jemals. Ja, logisch musst du hören, es spielt alle 2 Jahre im Greenfield. Also das neue Album... Ja, aber die Leute gehen sie auch schauen. Sorry, das neue Album? Das neue Album von In Flames, also das, was sie jetzt einfach rausgebracht haben, das letzte, das ist glaube ich das Ding... 2020 oder so. Ja. Das Ding von Reroute to Remain, oder? Oder von Colony gewesen? Ah, der Remaster von Colony, glaube ich. Ja, von Colony, ja. Nein, es sind glaube ich das Album... Clayman, ja, genau, Clayman. Ja. Aber also... ich weiß es eben nicht. Mein Kollege, der Nico, unser Kameramann Nico, hat eben einfach gesagt, dass das neue In Flames Zeug wieder ist wie das alte und darum findet es halt geil. Ja, ich hoffe, er meint nicht CD von Clayman. Nein, sie haben andere Klasse, Battles oder so etwas. Aber das Thema ist, ja, es klingt gut, aber hast du noch einen von den Songs in Erinnerung im Kopf vom Chorus her? Nicht wirklich. Aber nachher denkst du an die alte und ist einfach... Aber es ist halt einfach auch nur der, oder? Vielleicht noch Pinball-Map oder irgendwie... Trigger. Also ich merke nur, das Zeug, das geilste Zeug finde ich... Ja gut, das du sagst, weiss ich schon. Nein, sorry, ich sage ja nicht, dass In Flames eine schlechte Band ist. Ja.
ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Wir haben vor allem mega viel In Flames Einfluss, nur dass ich es gerade gesagt habe. Ja, nein, das ist mir schon auch klar. Aber ich muss auch sagen, der Kate-Effekt als Band ist nicht die gleichen Einflüsse, die ich habe. Sorry, das hätte ich gar nicht gesagt haben. Ja gut, ganz ehrlich gesagt, dort ist aber auch der Punkt dran, du hast eigentlich auch grundsätzlich eher, also auch viel mit dem Songwriting zu tun, aber also grundsätzlich nein, ich schreibe Songs nicht. Das ist jetzt mega lieb, dass du ausser zwei Songs, die komplett von dir kommen. Ja, die aber halt einfach auch anders stehen als der Rest. Und das ist aber auch völlig in Ordnung. Ja, logisch. Aber anyway, Ricky, das ist etwas eine Frage wahrscheinlich. Bevor der Rado ich jetzt Band intern ausgraben. Ja, aber In Flames ist gerne alles, aber Soilwork ist besser. Und wer einfach noch besser ist als beide Bands miteinander, ist die so geil. Niemand hat gefragt, aber ich kann endlich mein Ding droppen mit so, weißt du, so unterbewerteste Band, Dark Tranquillity. Finde ich bin Abstand die beste. Das ist wohl. Ja. Göteborg-Band, abgesehen von At the Gates natürlich. Aber hey, Dark Tranquillity, sie sind so, die joggen einfach durch. Die gibt es seit Ewigkeit, es macht immer den gleichen Sound, ist immer gleich gut. Der Sänger wird immer älter, seine Stimme immer kacke höher. Aber sie sind einfach geil. Ja. Ich glaube wirklich, sie haben so den weirde 90er Goth-Influence irgendwo noch drin. Voll, ja. Wo Soilwork merkst du mega, dass es ein Knifelight Orchestra gibt. Ihr neues Zeug ist mega so 70s Prog-Rocky. Ja, was ich verdammt geil finde, aber wenn ich Metal höre, dann möchte ich etwas hören, wo die Pommesgabeln aufkommt, oder? Ja, das ist wie wenn HC hörst, wo es etwas auf Fressen gibt, oder? Ja, genau. Ja, und darum bin ich auch, merke ich einmal, ich mich voll in einen Boomer, wenn ich die ganzen neuen HC-Bands, also finde so, das ist viel zu interessant. Darum eben, der eine Song von Throne, den ich gut finde, den wir vorher gehört haben, der ist echt die ganze Und es gibt, ich zum gerne gedacht, die ersten Bands, die so intelligenten Hardcore machen, und ich so, das ist nicht lustig. Ja, ich mache Musik, ich mache keine Hardcore. Wenn ich es immer sage, wenn es mehr als 3 Akkorde hat und niemand gegen den Start schreit, bin ich überfordert. Gut, das ist jetzt vielleicht dein persönliches Problem. Nein, es kann schon kompliziert sein. Es gibt mega viele Bands, die kompliziert sind, aber es fehlt so eine gewisse Stumpfheit. Das ist das, was du wahrscheinlich von Punk gemeint hast. Ja, genau das. Aber für mich, auf der anderen Seite, ich habe Beatdown gehasst, oder? Bis sie mal haben angefangen, ein bisschen zu überlegen und ein bisschen Rhythmik reinbringen. Voll in der Richtung, oder? Und plötzlich ist schon dun, 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 sondern dun, 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 dun. Weißt du, wie ich ein bisschen Rhythmus reinbringe? Das perfekte Beispiel für guten Beatdown ist der eine Moshparty, der vorletzte Knocked Loose Single bei irgendwas Willows. Ah, ja. Das ist einfach ein Moshparty, der geht 30 Sekunden und es wiederholt sich nichts. Auch noch keine Sekunde. Es macht echt dun, 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 run, dun, 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 bum, 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 bum. Es wiederholt sich nichts. Es ist unfassbar geil. Und gute Beatdown-Bands tönen einfach immer so. Das ist Brothers Till We Die, glaube ich, im Grenichen, oder? Die Spanier. Ja. Die sind genau das gewesen. Sie haben zwischendurch unnötige, melodiöse Parts gehabt, die schnell waren. Die hat die Bässe gut gefunden, mich haben es genervt. Ja. Und nachher sind die einfach... Haben die nicht einfach noch so heftige Elektro-Parts drin gehabt? Das ist halt, das ist noch so ein Zückerchen oben drauf gewesen. Die haben meinen Kater kuriert, dort habe ich endlich nicht mehr trinken. Dort bin ich eben am Fressen und habe mir nur so gedacht, so, was zum Fick geht in dem Zelt gerade ab. Unfassbar gut gewesen. Und der Mischer hat einfach... Ich weiß nicht, ob der Mischer noch besoffen war am Abend vorher oder einfach sonst nicht mitgekommen. Es hat tönt wie Arsch im Zelt. Aber es hat einfach nur geballert. Und das ist super gewesen. Ich finde so spät dann, also ich meine, Nasty zum Beispiel, finde ich einfach die beschissenste Band, die es je gegeben hat. Ich bin sicher, sie sind auch Arschlöcher, dann passt das schon. Ich weiss, der eine Typ, wie heisst der? Ich glaube, der Sänger oder der Gitarrist, der ist scheinbar ein chilliger sich. Nein, sie sagen ja wirklich mega nett. Aber es ist wirklich, Nasty sind so irgendwie wahrscheinlich auch in 2008, 2009 dort aufgekommen. Dem ganzen Straight Edge veganer Ding und so viele Leute gefunden, Nasty sind mega geil. Und alle Leute, die Band so mega geil gefunden haben, sind natürlich die wirklich ins Konzert gegangen sind, um Leute in die Fresse zu hauen. Das ist das Problem mit Beatdown. Genau. Ja. Also ich meine, ich muss sagen, das erste Mal, als ich Paleface live gesehen habe, im Ebri übrigens. Gut, Paleface sind einfach... ja. Also die sind mal die ersten gewesen, wo also ich muss sagen, das erste Album war zum Kotzen gewesen. Also ich kann nicht hören. Nein, aber das nachher, ist geil, ich finde es das Beste. Aber nachher, wo sie haben eben angefangen, mehr eben weniger so dumpf zu machen und ich so ein bisschen überlegen, dann habe ich es schon langsam cool gefunden, so cool, alright, aber ich habe mich immer noch angewehrt und dort, wo sie in Ebri gespielt haben, haben sie auch mit der Band namens Slime, glaube ich, gespielt und die haben sehr proggy, techy Parts einbauen. So, damn, alright. Also, Leute können schon interessante Beats machen. Und dann bin ich natürlich zusammengeschlagen von jemandem und nachher habe ich das Bewusstsein verloren. Aber das ist... ja, geil. Also am Konzert? Am Konzert. Also ich bin plötzlich und plötzlich einfach ein Fust auf das Gesicht. Plötzlich bin ich Fühler gewesen, erste Reihe alleine und niemand umherum. Ich so, what the fuck? Nein, ich frage es nicht, ich bin schon
glaube 3-mal im Ebri gewesen, wo es aussen der Anschlägerei gegeben hat. Völlig unabhängig vom Ebri. Also einfach irgendwie, es sind so 3 GC-Fans da gewesen, und da sind ein paar FCZ-Fans gekommen, da haben sie einander das Fast schon bezeichnet, da haben sich aufs Maul gegeben, bis der Phil rausgekommen ist und alle heimgeschickt hat. Ja, voll. Das Oder auch einfach stabil. so ein random Nazi, der sich ins Ebri verirrt und dann halt vom Phil rausgerührt wird. Ja. Finde ich fair, finde ich Das sehr ist schon wahnsinnig fair. funny. Das stelle ich mir geil vor. Weil der Phil ist so von der Statur her auch einer, der Leute kann rausrühren kann. Ja, und das Geile ist halt, der Phil ist so vom Wesen her, ich sag's mit Philipp, er ist ein hoher Boomer. Wenn man so mit ihm über Veganismus redet oder so, ist einfach so, wirst du zugeboomert. Und der Phil wird echt super hässlich, sobald irgendjemand rumnazieht und und geht so von Boomer-Takes zum Ultra-Woke in 3 Sekunden. Das ist so eine geile Transformation, ich liebe es. Geil. Für viele Gründe, wieso der Film geil ist. Geil. Ja, beste. Ja, nein, Paleface habe ich echt wirklich Freude gehabt, dass sie mit Killswitch Engage im Z7 gespielt haben. Weil dann habe ich endlich mal Paleface schauen, ohne Angst um mein Leben müssen zu haben. Ja. Goff Deli, das ist eine Plattentaufe im Werk Baden vorne. Alter. Oh, das ist Holy hell. Ja. Da habe noch Videos gesehen, das ist, glaube ich, Also, recht heavy. einmal sind der Yannick von Lotrify und ich sind hingestanden beim Es Mischpult. verwirrt mich, dass es mehrere Yannicks gibt. Ja, es Und gibt Mikes und Marks. Ja gut, tausende. Max und Marks, okay, aber Yannick ist so ein Name, der Ja. lange doch einer in der Metal. Da lange einer. Ja, darum habe ich sie. Ich habe auch alle Yannicks mit Bandnamen abgespeichert hinten dran. Auf jeden Fall sind wir da gestanden. Dann ist irgendwann zwischen uns innen vorne dran, es sind so 2 15-jährige Mädels gestanden und irgend so ein, keine Ahnung, so ein Zahnschutz-Mongo. ist einfach Also nicht okay spielen. So, wir müssen eine Beatdown-HC-Band gründen und das Merch ist auch so vorne ein Slogan hinter auf Zahnschutz-Mongo. Also, du könntest eben auch so 10 Schütze verkaufen unter Umständen. Ja. Das wäre vielleicht eventuell noch eine Idee. Ja, Es ist genau wieder etwas und nachher musst du 2'500 bestellen wie Adiletten. Das ist aber ja, egal, oder aber WC-Papier. Auf jeden Fall, dann ist irgend so ein Zahnschutz-Mongo. Ist irgend so ein Zahnschutz-Mongo Grills. bei 8 Mal Ja, gekommen. Dann irgendwann hat der Janik so das Gefühl gehabt, also wenn er jetzt nochmal kommt, haben wir ein Problem. Und ich so, wieso hast denn du auch gerade weggeginkt? Und er so, ja, weil er ist damals so hure näher an die 2 15-jährigen Mädchen, die zwischen uns gestanden sind, angekommen. Und Janik und ich haben glaube beide gerade gleichzeitig zwischen diesen Mädchen einfach so vorgeginkt und dann weggejeitet. Ja gut, aber das hat er nicht mal mitbekommen. Das ist völlig normales Verhalten. Ja von gut, das stimmt, ja. Wahrscheinlich hat das Gefühl, die hure Mädchen sind saustark. Nein, das ist wirklich so. Ein paar Mal gemerkt, wenn ich an diesen ganzen Straight Edge veganen Konzert war, damals irgendwie. Klar bekommst du vielleicht auch so das Maul, wenn du aussen eben Headbanger jemandem einen Ellbogen voll ins Gesicht hinein hast, die anderen so, ja, fair enough, kann passieren. Ja. Ja, das ist auch fair, das ist auch völlig fair. Aber, Ja, eben, aber an der normalen Metal Aber Wie das ist das hässlich bangst du das ist- eigentlich? mit dem Ja, so damit ich kein Füße ins Gesicht bekomme. Nein, aber das ist eben das Ding. Weißt du, wenn du an einer Show bist und nachher absichtlich zum Mischpult hinterher laufst und dort die Leute anfängst, Füße in die Fresse hauen, aber es dann nicht vertreibst, wenn einer einen zurückgibt. Gut, aber hast du das jemals live mitbekommen? Das sind nur so Sachen, die ich immer höre. Das ist Ja, gleich was wie meinst du, so, wieso haben wir ihn weggeginkt? Ja, okay, fair enough. Also, ich hätte in dem sicher nicht etwas gemacht, hätte er nicht angefangen. Für mich Blöd. ist auch so die mühsamen Karate-Kinder ist für mich so das gleiche Thema wie so die PC-Police. Das nicht mehr, Leute reden darüber, dass sie das stört, aber niemand kann mir eine Geschichte erzählen, wo das wirklich passiert ist. Also klar, natürlich gibt es Geschichten von Leuten, die in der vordersten Reihe an einem Beatdown-HC-Konzert am 21 Gefuscht ins Gesicht bekommen. Und so, das hast du gesehen, kommen. Ja, das ist so fair, ja. Aber so für die, weißt du, die gezielt an Konzerte gehen, um Leute ins Gesicht zu Ja, hauen, so, genau. die hauen einander ins Gesicht, die hauen nicht irgendeinem Rando ins Gesicht. Mindestens in der Schweiz. Ja, das ist eben, das habe ich eben auch gemeint. Und dann bin ich eben dort hingestanden und habe mir noch so gedacht, so Bruder, jetzt muss man wirklich nicht nochmal so näher kommen. Ja, aber dann gehst du nur aufs Maul und dann geht er wieder, oder? Also es ist wie so, Ja. weiß auch nicht. So normal, schnell einmal eins aufs Maul geben und hey, ciao, Messi. gell? Also Konzert hat Ja, für das schon, sehe ich halt eben zu wenig gefährlich aus. Ja, was soll Same. ich dazu sagen? Ich glaube, es ist nicht möglich harmloser auszusehen. Ja, aber als ich. du hast so ein bisschen, mit deiner Frisur hast du noch ein bisschen so den... Ich habe früher noch lange. Ja, stimmt. Man kann vielleicht früher noch Ja, mehr aber aussehen wie ein Nazi. Aber das ist so mein Problem, weißt du, wenn einer von diesen Barendancers dort ist und sagen wir, du willst schon spielen, oder? Und es können vielleicht so neugierige 15-Jährige mal gehen, so, was ist das Event, oder? Und dann das erste, was sie sehen, einfach ein 35-jähriger fette Dude, einfach alle am Zusammenschlagen. Und weißt und du hättest die Chance gehabt, um die auf Zuhörer oder Fans zu konvertieren. Aber nein, es muss der fucking Dude Ja, kommen. dann der schickst du einfach- den Dude heim. Das habe ich auch schon Alter, gemacht. ich würde wirklich... Ja. Du dort aufhören heimgehen. Ich hätte wirklich Alright. so Das gerne... funktioniert sogar. Alright. Ich hätte wirklich Das so ist gerne so mal eine peinlich, größere Alter. Show, wo du so ein bisschen von oben stehst und dann... Es wird nie passieren, wie Versus, weil ich einfach... Aber ich liebe es, dass unsere Metrik für größere Shows ist so, die Bühne ist mehr als Ich 30 cm. ja, genau. Es ist so ein bisschen oben. Nein, Ich das bin ist komplett das ist eine das riesen Set- Bühne gewesen. Das Sie hast Setup ist jetzt ganz eben für, für 10 für die nächste Zentimeter. Erklärung vom Dings wichtig. Und dann einfach so... Weißt du, so das Billy Joe Armstrong einfach mal einen Dropkick.
So, weißt du, jetzt benimmst du dich da, sonst dropkicken die. Und wenn er sich dann nicht benimmt, einfach durchziehen. Von wegen Leute, die von Sänger zusammengeschlagen werden. Schauen mal so alte Black Flag Shows, was der, wie heißt der? Henry Rollins. Ja, der unerträglichste Powerboomer. Das ist einfach der unerträglichste Mensch, was es gibt. Aber die Videos, wo er von Fans angehauen wird und sie nachher verprügelt, sind unfassbar lustig. Weil alle haben ihn gehasst, ich weiss bis jetzt sowieso, aber anscheinend einfach sich alle darauf geeinigt, er ist das Arschloch. Es war ein Sport von Black Flag Fans, ihm aufs Maul zu geben. Aber weil er halt so ein Fetzen ist, der irgendwie straight edge veganer Yoga macht. Aber ja, so Persönlichkeit hat von einem... Erst jetzt. Ja gut, das stimmt. Früher hat er noch Drogen genommen. Hat er bei dem Huren Hot Wings... einfach Drogen. Ich habe gerade sagen, bei dem Huren Hot Wings Interview hat er da beim Hot Ones hat er ausgepackt. Das finde ich Huren interessant, das musst du mal gönnen. Aber er hat auch Bodybuilding gemacht irgendwann oder so. Immer noch. Auf jeden Fall, das Ding ist einfach... Powerlifting die Leute, die versuchen, immer aufs Maul zu hauen, sind halt einfach so irgendwelche komischen Spargel wie ich. Und ich habe auch jedes Mal komplett Fresse vom Henry Rollins. Er hört kurz aufs Singen, haut einem drüber auf die Nase. Bodycheckt dann auf der Bühne und singt weiter und alle Publikum. Sorry. Ich meine, das ist überhaupt nicht, was ich an Konzert will. Das ist furchtbar, das ist absolut katastrophal. Also ein bisschen wollte ich das jetzt schon. Also, weißt du, also auf der Tribüne mit Popcorn, amüsant. Sorry, wenn bei uns so Shit läuft, dann gehe ich raus und Leute den Bullen an, höchstpersönlich. Ja, aber die Videos sind hure funny, weil die 90 sind einfach dumm gewesen, sorry. Aber zum Fernsehen von Henry Rollins würde ich jetzt auch keine auf die Fresse wollen. Nein, er ist recht, vor allem, ich bin sicher, er erzählt noch etwas über Cancel Culture. Ich befürchte, er hat starke Meinungen zu dem. Ich glaube, also ich habe wirklich das Einzige, was ich mich mit dem Menschen auseinandergesetzt habe, ist das Hot Ones Interview. Und hey, dort, dich weiter mit ihm auseinandergesetzt. Nein, dort hat er im Fall, das musst du mal geben, dort hat er im Fall wirklich recht, also dort hat er für mich recht noch... Nein, er ist sicher ein intelligenter Mensch. Also ich habe, glaube ich, 2 Joe Rogans gelost mit ihm oder so. Ja, er ist schon interessant. Er war beim Joe Rogan, weil dann hat er garantiert starke Meinungen zu Cancel Culture. Ich weiß nicht mehr, was er alles erzählt hat. Muss ich mal ich glaube, das ist ein recht entspannter Typ im Fall. Er ist, glaube früher halt so ein hoher Drogenpumper gewesen und jetzt anscheinend so ein hoher... Ja, jetzt ist er so ruhig. So ein recht entspannter Yogi-Dude, genau so wie du gesagt hast. Ja, gut für ihn. Dann haben wir das spannende Interview sicher vergessen mit dem, ist das einer von Earth Crisis gewesen, der ist jetzt literally Yoga-Trainer, aber er ist halt immer noch so bis da oben zu tätowiert und ist in Long Beach im Yoga-Stunde gegeben. Das ist verdammt lustig. Yes. Und da wirklich so das Ami, so das Biohazard HC-Ding, so mit Bandana und der blondierte Ding, dort so, ja, you know, I just do yoga now, man, so super. Und darum hast du das Gefühl, dass Suicidal Tendencies eine Hardcore-Band ist? Suicidal Tendencies ist fix eine Hardcore-Band. Wegen der Bandanas. Ja, das stimmt. Aber weißt du, ich beschwere mich auch wegen die ganzen Valentine's-Zeugs, und dann gehst du HC-Shows schauen von den 80ern und so wie, Bruder. Und alle haben Messer, weißt du? Ja, nein, vor allem, das sind vor allem HC-Shows in Amerika, sind glaube ich nochmal eine andere Kategorie als bei uns. Ich meine, das Schlimmste, was in Zürich passieren ist, dass du vielleicht von jemandem einen Ellbogen bekommst und also, oh nein, um Gottes Willen. Ja. Und das Schlimmste, was in einer Ami-Show passieren ist, wie du sagst, du wirst abgestochen, weil einer das Gefühl hat, du hast Meth dabei. Alter, ich habe ein paar Agnostic Front haben einen Film noch, einen eigenen Film. Und eben, wo der Roger Millet oder so erzählt, so was er alles gemacht hat, und wie viele haben sie müssen wegrennen von der Venue oder müssen sich durchprügeln, um nachher rauszugehen. Und ich so, holy shit, Alter. Alter, aber apropos Messer. Ich bin mit dem Mike von Svas Paleface schauen, wo sie mit Nasty in... wie heisst die Kackschuppe? Irgendwo in der Westschweiz. Westschweiz? Nicht der Gare de Lyon, oder... Der wäre St. Gallen, ne? Ja, das stimmt, er ist St. Gallen. Aber tönt so französisch. Ja, aber es ist St. Gallen. Frison. Nein. Es ist eigentlich auch egal. Nein, Frison. Nein, nicht Frison. Es war eine grössere Location. So Kofmel gross. Frison ist Kofmel gross. Nein, dann ist das du meinst... oh, fuck. Lausanne? Nein, nicht so weit. Lies, ja, Lies. Genau. Kufa, genau. Ist nicht so unbekannt. Ja, Kufa. Jetzt sind wir angelaufen und dann ist jetzt so wie im Flughafen so ein Security-Check und wir so aus Scheiß, wo wir das Billett angehabt haben, so... Du musst mal schauen, da vorne so eine Kiste für verbotene Gegenstände. Also ob irgendeiner ein Messer mitnimmt an der Show, sind wir an dieser Kiste vorbeigelaufen. Etwa 15 Messer auf 4 Schlagringe drin gewesen. Und ich so, what the fuck, Alter? Ich meine, Messer selber Schlagring gehört schon nach HC. Du musst dabei haben und dann abgeben, aber das... Aber ich bin noch lustig, dass alle das auch abgeben. Wir sind immer noch in der Schweiz. Ja. Kein Problem, ich hole es dann nachher wieder. Hey, ich habe es im Fall graviert, es steht im Fall mein Name drauf. Das ist wie... Es wird nicht von anderen geklaut. Das ist wie an dieser hohen Whiteout-Show, wo wer war euer Support-Act im Complex Club?
Meinst du, von mir für Brand of Sacrifice supportet hat? Wo Brand of Sacrifice euer Support-App war. Ja, genau. Danke. Sorry, einfach nicht das falsche Bild entstehen. Sorry, Bruder, es sind so viele mehr Leute bei euch da drin gestanden wie bei Brand of Sacrifice. Ich würde sagen, Brand of Sacrifice sind so überbewertet wie Breakdown of Sanity. Nein, ich finde Brand of Sacrifice ist wesentlich mehr überbewertet. Noch mehr? Ja, weil Breakdown of Sanity habe ich live cool gefunden. Ich muss sagen, ich habe es schade gefunden, dass die Clean Vocals ab Band gekommen sind. Auf jeden Fall. Ich habe meine Sticker abgegeben, Alter. Oh, stimmt, ja. Die haben meinen Rucksack durchsucht und ich habe so Eversis und so Taylor Swift Factory Racing Sticker und Whiteout-Sticker in meinem Rucksack gehabt, weil ich die ist nicht der Nico am der Nico, unser Kollege, genau, der Kameramann Nico, ist an der Bar gestanden. Und er ist an der Kasse gestanden. Und er hat gesagt, es hätte bei euch mehr Leute gehabt als bei Brand of Sacrifice. Auf jeden Fall ist die Security da gestanden, hat meinen Rucksack auseinandergenommen und ich so, okay. Und dann so, was sind das? Ich so, ja, Sticker. Und sie so, ja, die kannst du nicht mit reinnehmen. Und ich so, was, die kann ich nicht mit reinnehmen? Da habe ich meine Sticker ab und ich so, ja, was soll ich jetzt mit denen machen? Und er so, ja, die kannst du nicht mit reinnehmen. Und ich so, ja. Ey, aber es ist so funny, was im Komplex mal Konzert erscheinen hat, nämlich nichts. Die haben gestern Abend eine Powerbank so gefühlt 10 Minuten angeschaut. Aber weißt du, dann ist es im Perican Festival und wir kommen mit einer verdammten hohen Blumenvase rein. Ja, das ist aber wirklich, aber ich wir sind mit einer Scheiße, wir sind raus, sind im der Cop Garden im Coop-Bau und Hobby. Ja. Sind wir uns so eine scheiß Topfpflanze kaufen. Und dann die mit reingenommen. Das war kein Problem. Es hat Fotos von lustig, weil ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich im Komplex bin, das Gefühl gehabt, ich schaue mir jetzt so ins Foodie-Loch rein. Ja, Security ist im Komplex. Aber wenn du an eine Party gehst, ist so, ja, wenn weniger als ein Kilo Heroin dabei ist, ist einfach easy. Nein, aber ich weiss nicht, wenn du ohne 100 Gramm Koks kommst, gar nicht rein. Ich habe einen Sack geschaut von einem Dude und ich weiss, er hat sehr viel Koks bei so, ja, ist okay, gehst rein. Aber das ist lustig, am Perican Festival war, dass der Security das einfach nicht checkt hat, was eine Metal Show eigentlich ist, oder? Also die haben dem das wahrscheinlich auch nicht gesagt. Nein, nach dem ersten Crowdsurfer. Ja, nach mir. Oder ist so wie, der Nächste, der da kommt, wird rausgekriegt. So, what the fuck? Also, weißt du, Whiteout hat gespielt und wir alle, die ganze Gang, huckevoll schon dort reingelatscht. Und dann irgendwann also, du musst Crowdsurfen, Billa. Und ich so, nein. Ich würde gerne bleiben. Und dann sind sie einfach, und dann sind wir sind wirklich literally vor dem Gitter gestanden. Sie haben mich einfach aufgelupft und drüber gerührt. Wow, das ist ein Dick-Move. Ja. Und das Ding ist, ich habe so gedacht, so, gut, wenigstens hätte mich vielleicht eine Security, also Security meilenweit nicht rum gewesen. Und ich hätte mich so am Gitter noch, habe zum Glück Parkour gemacht früher, habe mich auf die Füße retten. Und dann stehe ich vor so einem so 1,85 Höhe Klotz, Alter. So Mike Tyson steht vor mir, schaut mich so an, so, was machst du da? So, okay, ich laufe jetzt einfach an dir vorbei und sage einen schönen Ciao. Aber ich glaube, der ist nachher einfach weggegangen, sie haben andere gekommen. Nein, der ist während euch die ganze Zeit gestanden. Und dann ist der Mike drüber gefallen und der Mike hat dann nachher eben gesagt, so, noch einmal und ich ficke dich. Und jeder, der Crowdsurft, wird rausgeschmissen, weiss ich was. Oh, und ich so, beim Opener von Imperial, oder? Und ja, die haben wahrscheinlich, also zum Fernsehen, wahrscheinlich haben sie einfach nicht erwartet, dass beim Opener irgendetwas passiert in die Richtung. Und da habe ich so... Nein, die Security sind ja unterzahlt und keine Ahnung. Und ja, vor allem, ich habe dann einem Umi geschrieben und ich habe vom Umi schon ein paar Storys gehört. Wegen der Securities im Komplex, weil im Komplex darfst du keine eigenen Securities bringen, die stellen immer ihre eigenen. Ah, okay. Und die haben dann quasi wie wahrscheinlich einfach der Dude noch nie eine Metal-Show gesehen, keine Ahnung, was abgeht. Und dann ist eben nach euch hat der Dragged Under gespielt. Und dann bei Dragged Under hat der Sänger einmal irgendwann angefangen umzuschreien. Hey, hallo, was ist mit den Securities da? Was läuft mit euch? Da ist gerade eine über die Barriere gefallen. Man macht euch einen scheiß Job. und dann haben sie gemerkt, dass vielleicht schon früher mehr Leute als einen abstellen. Und dann habe ich das dem Umi so geschrieben, hey, wenn das bei Ghost Inside auch so aussieht, gibt es im Fall Tote, Alter. Und er so, okay, merci für die Info, ich schau mal. Kompletter Kontrast ist die geilste Crew, die ich erlebt habe, ist am Summer Breeze. Wann war das? 2015 oder 2014 oder so? 2012, 2015, 2017. Ist ja gleich. Ich bin sicher, sie sind immer noch gleich gut. Ich gehe nie Crowdsurfen. Ich genau was passiert. Ich gehe Crowdsurfen, mir geht alles vom Sack aus. Ja, fix. Und jemand hebt mich, ich gehe runter, bricht mir das Steißbein und muss heim. Irgendwann sind wir irgendeine Band draussen auf der kleinen Aussenbühne am Schauen und plötzlich bin ich am Crowdsurfen. Bis jetzt nicht sicher, was passiert ist. Ich glaube, der Andy ist involviert. Und wirklich so am Anfang so, nicht Nattel verlieren. Habe mein Bier sogar noch behalten. Yeah. Bin so mega sanft von 2 Securities runtergelaufen. Und der eine fängt super elegant noch mein Nattel, der zum Sack geht, drückt es mir so in die Hand und tut es mir so in den Hosensack. So in einem Smooth Move. Ich so, okay, du bist ein Profi. Wacken hat die. Ja, genau, das sind sicher. Das Dings, ich habe noch kennst du den Garza Podcast? Von Chris Garza. Ja, sicher. Sie haben jetzt gerade das Cola Grind gehabt.
Und die Sängerin hat es einfach erzählt, weil sie hat jetzt so einen Brace, oder? Sie hat einfach erzählt, ja, sie hat Crowdsurft, aber nur die ersten 2 Reihen haben gecheckt, dass Crowdsurft wird, oder? Kommt einfach so, das ist so am Nacken gekriegt, Alter. Und das Video von dem, holy shit, man. Wir haben es sich vorher davon gehabt, wenn wir Crowdsurfing-Stories sind, davon gehabt, wenn man sich alt fühlt. Ich bin an der Expello-Plattentafel, ist es 17, 18, irgendwie so dort umeinander. Dort, wo wir auch gespielt haben. Ja, dort, wo wir auch gespielt haben. 16, 17, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ich habe meine eine Bachelorarbeit dort zum ersten Mal nicht abgegeben, von dem her ist mindestens 2017, ist ja gleich. Und ich habe dort gefunden, ich habe ihnen das Feature gemacht, gefunden, ja, voll geil, ich Crowdsurf jetzt. Und das Publikum kommt so hinter aber ich so das Knacken im Rücken gehabt. Habe ich nachher so Backstage gestellt, nachher sind die Jungs von Valetudo dort gehockt. Und ich so, wow, hey, mir hat es eins in den Rücken geschlägt zum Ding und beide so, ja, brauchst Schmerzmittel? Wir haben gesagt, das wird voll vorbereitet. Ja gut, die Dudes wissen, um was es Nein, geht. die sind wirklich einfach so KC-like. Also, wir haben Schmerzmittel, sind beide straight edge, oder ich glaube zumindest sicher beide so im Kräutertee trinken, sind Schmerzmittel dabei und alles auch so. Geil. Aber Valetudo gibt es auch ein Video, oder? Ja. Wie lange? Ha. Sorry, was war die Frage? Wie lange es Valetudo so gibt? Ich würde sagen, die geht schon in den einstelligen 2000. 2005. Ja, ich hätte 2005 habe ich eine EP bekommen von ihnen im Kontik, wenn wir dort am Saufen waren. Ja, die ist schon brutal. Ich glaube, das ist irgendwie, ich weiß nicht Grill. Ich habe dort haben sie nur Songs darüber gemacht, dass sie grillieren. Ja, ich hätte von weil ich habe Slags im No Name einen Pulli gesehen, wo Valetudo als 2002 drauf gestanden ist. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 2.2 oder 2.4 ist, aber ich glaube das. Und dann habe ich eben, glaube ich, sich angeschaut und gedacht, ich habe gar nicht gewusst, dass die schon so lange gibt. Ich google es. Nochmal, das sind schon ein bisschen Grossväter vom HC in der Schweiz fängst. Ja, ich meine, die sind ist wahrscheinlich 50 oder so. Sie sind Schweizer Born from Pain. Ja, oder Das ist so. ein Schweizer Breakdown of Sanity, aber sie sind interessant musikalisch. Ja, aber die kommen aus Bern, die sind ja wie... Das ist nicht mehr Schweiz. 2006. 6? Ja, wenn 2 und 4 zusammenzählst, kommst du auf 6, das ist so falsch logisch. wie ich. Ah, das ist Wenn du Quersumme 2 und 6 gewesen. zusammenzählst, kommst du auf 8. Und 8 ist 1, wenn es 2007, was sich Breakdown of Sanity gegründet haben. Zufall? Ich glaube nicht. Nein, das stimmt. Aber eins muss ich sagen im Fall. Wenn schon eine Band so lange gegeben hat, oder? Ich kann immer so in Erinnerung, so wie, alright, dann habe ich die zum Beispiel mal gesehen, sind easy gewesen, brauchen noch ein bisschen zum wirklich das Potenzial erreichen, oder? Aber bei euch, ich habe noch immer so hochgestellt, weil ich einfach vom Anfang an so wie, scheiße, die sind tight. Mega lieb. Besonders der Drummer ist schwer tight. Also du meinst den, der mit die ersten 6, 7 Jahren... voll. Nein, aber es ist also vom Anfang an, ich weiss noch immer so wie, shit, ich bin nur tight gewesen. Immer so in Erinnerung gehabt und ich habe noch nicht so viel live gesehen, also nur ein paar Mal. Also Wir haben eben gar nicht so viel gespielt. Zusammenspielt haben wir nie. Nein, das haben Nur wir leider... bis Ja, Bis jetzt, das haben wir ich bin überzeugt gewesen, wir haben schon mal mit White zusammen gespielt. Ich bin all unsere Gigs durchgegangen. Ich fand so, nein. Nein. Habt ihr eine Liste, wie viel das ihr schon gespielt habt? Ja, selbstverständlich. Wie viel? Weißt du das auswendig? Nein, auswendig weiss ich es nicht, aber wir haben Listen mit den Gigs. Boah, wir könnten so ein Quiz machen, morgen. Ich könnte uns nachher noch sagen, wie viele Shows sie gespielt haben. Und dann könnten wir so eine Umfrage machen in der Story, wie viele Gigs das Kate Effect schon gespielt hat. Schau jetzt, Und nachher, der wenn ihr Marketing-Boy. unseren Podcast hört, dann wisst ihr das nachher. Nur Aber ja. Badge, wir wissen es leider auch nicht. Ich würde sagen, irgendwo zwischen 15 und 100. Ja. Was? Das ist sehr fair, ja. Ja, genau. Zwischen 15 und 100? Ah, 5? Ah, ja, gut, ja. Gut, Entschuldigung, jetzt habt ihr nicht Aber zugelassen. ich glaube, Das ist ja geil, so, ich habe gerade nicht zugelassen. Das ist so das Motto von Kate. Also aber im hat er Fall etwas vor gewusst. Ruination Fest, das nächste, wo wir zusammen gespielt haben, ist, wo ihr wieder Tropas gespielt habt, wo ich nicht mehr dabei war. Ja. Ja. Also, wo wir eigentlich auch zusammen gespielt Wo ich haben. nicht schon. war und ich live gesehen habe, ja. Das hast du vor allem noch Ja. auf dem Kopf gehabt. Ja, schnell, aber Stimmt, ihr, vor Corona, ihr ja. werdet ja wieder mal zusammen spielen, oder? Ja. Das ist der Grund, dass wir da sind. Ja, stimmt, ja, voll. Geil. Voll genau. Big. Herbst. Ich weiss nicht, ob euch Angst etwas sagt. Ich weiss nicht, ob immer etwas sagt. Nein, den Sprung darfst du nicht machen. Nicht? Nein. Oh. Immer, Da muss der Rick Gibt beschneiden. eventuell eine Band von diesen beiden, die nicht gekommen sind an dem Tag, aber das haben wir noch schon vorher gesagt. Da habe ich nicht zugelassen, das ist schon das Motto. Ah, Das, schon. das haben ihr auch gar noch nicht können wissen. Das ist das, Hey, zum Fernsehen, ich Aber hätte ist der Flyer nicht draußen? der Fleisch draussen. Flyer ist schon draussen, aber ich weiss nicht, wieso dass er schon draussen ist. Aha, alright. Ah ja, egal. Jetzt musst du erklären. Du, weil das ich ist bin jetzt- eigentlich- Ja, es gibt eine Ja. Band, die eventuell nach dem Sommer Bandpause macht, weil der eine weg ist. Aha, ja gut, aber du... Bist du weg? das kann ja Nein. Oh, Gott sei Dank. Das wäre mega schade, wenn ihr eine Double-Headlining-Tour würdet machen und nach einer Bandpause würdet eingehen und die Hälfte nicht Ja. würdet spielen. Nein, die haben wir Also schon vorher eingegeben, das ist das Problem.
Ja, du, egal. Wir sind Hol sicher jetzt an der Bar. einen Ersatz, Bruder. Nein. So ist der Drummer. Nein. Ist der Sänger? Dann kannst du einen Ja. Kate-Effekt machen. Aha. Nein. Ich kann auch rappen, ist schon gut. Nein. Ja, eben. Nein, ich Sollen glaube wir zusammen mir. rappen? Ricky, glaubst mir, ich kann das. Nein. I like big butts but I cannot cannot lie. lie. Jawohl. Otherwise Es it's gibt- getting high. Es gibt When you Sachen, walks wo in man- with an itty bitty face and one thing in your face you get sprung. Ich weiss nicht mehr, wie der Lyrics weitermachen. Ich kann nicht. Niemand Muss schon weiß. was. Stop. Hammer time. Der geht immer. Nein, es gibt Sachen, die Starts with die one lohnt sich thing. nicht I don't auszudiskutieren. know why. It doesn't even matter how hard you Das ist eine von denen. Keep that in mind, my design is right to explain you something. Oh, nein, no. Watch you climb as the pendulum Pendulum swings. swings. Ja. What's the clock? To the end of the day, the clock takes life away. It's so unreal. Didn't know where to go. Watch the time go right I got out the the window. window. Trying to hold on. Didn't know. Gut, schön. Okay. Fucking hell. Also Millennials sind unter sich, dann kann das mal Die passieren. letzte abgestellt haben. Aber wie gesagt, vom Anfang an, ich habe immer gefunden, es Einer ist von solid as Massido fuck. gelost, so by Danke the way. vielmals. Voll. Wir Und es wollten wird eigentlich besser. mal Werbung machen für das Konzert, das jetzt möglicherweise nicht stattfindet. Ich bin völlig überfordert. Bela, erklären. Voll, ja. Ah, was? Nein, wir spielen Hast du zusammen, das ist Bier? kein Problem. wir spielen, ja. Also, Ja, ich habe Bier, was scheiße. also wir spielen zusammen einfach. Ja. Also wir nicht, aber Also sie- also Eversis, Whiteout und Kate-Effekt werden alle irgendwann mal in irgendeiner Form zusammen spielen. aber das, was wir meinen, dass es stattfindet, in dem Fall nicht. Vielleicht nicht, Und wir jetzt nein. nicht darüber reden, weil es vielleicht nicht stattfindet. Es findet schon statt, halt einfach Aber ohne vielleicht- eine von diesen Okay. drei Bands. Aber was sicher stattfindet, ist ein weißes Fear Lab, Kate-Effekt und wir dass wir Das findet ganz sicher statt. Oder? Das andere findet auch ganz sicher statt. Das andere findet auch ganz, also mindestens Voll. Kate-Effekt und Whiteout und 1000 andere geile Bands irgendwann im Herbst. Jawohl. 1000 vor allem. Schau, wenn es mehr als 2 sind, könnte es auch 1000 sein. Das habe ich gelernt, als ich Binärsprache Wir nicht sind- gelernt habe. Wir sind auch Medienpartner für Save Last Breath, oder? Für was für Safer als Breath 6? Ah, das Konzert, wo wir an der Bar sind. Jawohl. Es gibt ein Konzert, wo ich an der Bar Ich sind. schaff's, LTE Versus schafft so oft als Barkeeper, das ist der Hammer. So gar nicht dir meine Pfeife zeigen, bekomme ich gratis Ah ja, wir sind sogar, Alkoholchef. wir sind sogar auf dem Flyer. Eben, Save Last schon Breath. reden wir jetzt? Ah, 13. April. Es kommt erst noch, aber Was, 13. April? da. Ah ja, 4. ist ist aber April. noch nicht stimmt. offiziell. Save Last Breath, Whiteout, Mal, Henry der B. ist- Lodgify. Mama, das ist voll draussen geil. gewesen, ja. Ich liebe es, dass Lotterify so in den Eck geschissen sind. Habt ihr jetzt eigentlich... Das finde ich völlig nicht okay. Habt ihr jetzt eigentlich schon ein Running Order? Ja. Weil Demi hat mir mal geschrieben, dass das Running Order für das Ding schreiben eigentlich so eine Aufgabe für eine Master Thesis könnte Ich kann gar nicht sagen, es ist wirklich, einfach, wenn das alles ist, einfach so, wer von euch Arme so ist Opener, weil es sind alles Headliner-Bands. Ja, ja. Also meine... Falls ihr noch einen Opener braucht, wer es ist, spielt am liebsten. Oh. Habt ihr... Was meinst du, wieso Lotterify dort spielt? Oh. Nein, Spaß. Hey, wenn Lotterify einen Foodtruck machen, dann heisst es dann Lottery Fry. Ja, aber jetzt, wir könnten ja mal untereinander, wie würdet ihr das Line-Up aufstellen? Du weißt schon, dass wir jetzt gefilmt werden, wie wir das Nattel anschauen, das niemand sieht. Das ist wie Ich weiss schon, dass sehen's Podcast alle. kein visuelles Medium ist, aber Also, Alter, ist es dein ist Nattel ein visuelles dreckig. Medium. Mach mal schnell. Also jetzt, wir wissen ja alle, wer spielt. Henriette B spielt. Ja. Lotterify spielt. Safer Last Breath spielt. Whiteout spielt. Wie würdet ihr das aufsetzen? Dass ich mal mit eurem Hirn kann etwas anfangen kann. Du willst nicht mit meinem Hirn etwas anfangen. Ich würde sagen, Save the Last Breath, fix guten Abend. Nein, wahrscheinlich Henriette B. Weil ich Die am sind, wenigsten die sind im Fall recht gut Ich weiss, unterwegs. logisch, und die haben sind richtig mega gut. gute Songs. Die glaube wenn ich mich nicht irre, 13'000 Monthly Listeners auf Spotify. Ja. aktuell. Hey, ich ist kann nicht mega auf schwierig Zahlen, irgendwie. ich bin Geisteswissenschaftler. Aber Soll ich mal hätte vorausgehen? Weil ich habe mir da schon Gedanken macht dazu es so, gemacht. wir gehen dann noch, welche Band ich am meisten gesehen habe. Okay, Henriette B. einmal gesehen, glaube ich. Ja. Mhm. Opener. jo. Was ist noch drauf? Whiteout habe ich glaube 5-mal gesehen, Lotterify 3-mal und Save Last Breath. Also dann Save Last Breath nachher. Ja. Die habe ich erst irgendwie... Nein, stimmt nicht, die habe ich viel mehr gesehen. Nachher alle anderen, am besten gleichzeitig. Alright. Also ich hätte Das ist gern geschehen. Das ist konstruktiv nicht gut gewesen. Also ich glaube, dort ist es eh nicht so schwierig, was machst du mit Whiteout und Lotterify, gell? Weil es sind etwa, so von meinem Level her sind wir eigentlich nicht weit voneinander entfernt. Wer mehr ist oder nicht, ist ja schlussendlich Ja, auch gleich, oder? Spotify-Listeners kommen am Schluss eh nicht drauf an. Nein, dort ist es halt mega schwierig, weil Henry B. ist doch schon recht gut im Business, denke ich. Vor allem eben halt auch ein bisschen eher im Und kommen Westen. von weiter weg. Ja, können halt ein bisschen weiter weg. Und Save Your Last Breath ist... Save Your Last Breath. Save the titties! Save the Last Breath, der ist in den 90ern. Das Oh, ist Gott, eine Alter. Brustkrebskampagne. Hey, ich habe letztes Mal, ich weiß nicht, mit dem es war, aber Sorry! irgendjemand, ich glaube,
irgendjemand hat mal gesagt, er versteht nicht, wie Save Your Last Breath den Durchbruch nicht geschafft hat. Mit dem Namen hätte er es nicht geschafft, Alter. Oh ja. Weil ich habe Sex Cells. Ja, Slayer hätte schier Wings of Fire geheißen, aber ich kann dir sagen, wenn sie so geheißen hätten, wäre es nie erfolgreich geworden. Weißt du, wie Silent Circus für einen geheißen hat? Fire Snake. Fire Snake, Mann. So ein Yes. Ich sage nicht, dass Silent Circus ein schlechter Name ist. Ich sage nur, Fire Snake ist einer der besten Namen, die ich je gehört Yes. Also, kannst du einfach schnell weiter elaborieren? Also, es ist wirklich schwierig. Also, Save Your Last Breath spielt ganz sicher, am Schluss macht ja irgendwie Sinn, es ist ja auch ein bisschen ein Event, oder, wo sie aufziehen. Danach wird eben Henriette B kommen und dann ist es wirklich tricky, wie du das machst mit Lotrify und Whiteout, weil ja, es ziehen beide einfach richtig Leute erst einmal und es spielt eigentlich nicht so eine Ruggel, wer vorne ansetzt, weil wenn Whiteout vorne ansetzt, du hast eigentlich wahrscheinlich etwa, ich würde sagen, du hast die Masse, wenn sie dann hast, sowieso von Anfang bis Schluss. Wo ist das Konzert? Im Werk, und das ist sowieso zweimal gefüllt. Also, das ist eigentlich so. Also, ich meine, letztes Jahr ist ausverkauft. Ja, logisch, ja. Aber stimmt, das ist so insane, man. Wir sind wir sind nicht Opener gewesen. Aber wir sind eine fucking zweite Band um 7:30. Aber die wichtigste Frage ist, hat es einen Töckeli-Kasten im Werk? Nein, ja, doch im Rauchraum rein. Jetzt immer noch, wirklich? Nein, ich habe es schon lange gesehen. Man hat 2 am Nachmittag sind alle dort und dann wird Töckeli. Ja. Also, ich kann es eben mal so. Ricky, du darfst nicht, du spielst. Du bist jetzt exkludiert. Weil meine Reihenfolge war Lotrify als erstes. Weil dann hast du einfach mal alle besoffen. Ja, aber nein, Lotrify ist kein Opener-Band. Nein, Lotrify ist keine Opener-Band. Aber weißt du, was Lotrify ist? Eine Stimmungsmache-Band. Ja, Lotrify ist eine Band. All. Aber ich glaube, ganz ehrlich, Whiteout ist die bessere Opener-Band als Lotrify. Lotrify braucht Leute, die schon ein bisschen beieinander sind. Ich sage eben, Lotrify sind die Leute zum Saufen animieren und nachher geht es rund. Aber Lotrify ist eine Band, wo die ersten 3 Songs die Leute zuerst reinkommen. Die Leute müssen schon warm sein, damit Lotrify funktioniert. Whiteout, erster Song, ein Akkord, alle gumpen. Fairer Punkt. Es kommt aber natürlich auch mega drauf an. Meine Meinung. Nein, der Punkt ist, der Kate-Effekt fällt da drauf. Es kommt irgendjemand muss das Publikum beleidigen, 25 Minuten spielen und nachher heimgehen. Ja. Das mache ich hinter der Bar. Nein, es ist im Fall... Nein, ich meine von der Bühne aus. Es ist im Fall mega schwierig, jetzt willst du in das Line-Up eine gute Konzertdynamik zu bringen. Ich bin einverstanden daran, das Booking ist schlecht. Das habe ich nicht gesagt, aber... Das ist genau so. Es ist so wie ein Wacken. Es sind viel zu viele Bands, die gut sind. Ich nenne immer gerne das beste Beispiel, das ich je gesehen habe. Von jetzt nicht Konzertdynamik, sondern grundsätzlich eher von der Setdynamik. Und das war Helvetica am Greenfield. Richtig geil, hure geil abgeliefert, Vollgas. Sie haben aber wirklich von A bis Z Hau drauf Songs gemacht. Also es ist abgegangen von Anfang bis Schluss. Und was das Problem war, ist einfach, dass in der Mitte keine Sau mehr Puste hatte. Effektiv. Die sind alle so hart abgegangen, die ersten 5, 6 Lieder, dass am 7., 8. einfach nachher so... Du musst mal einen Chiller reingeben. Ja, du musst mal... Und das ist ja, das kannst du ja nicht nur sehen im Set drin. Das ist ein wichtiger Setpunkt, dass man das macht. An dem haben wir auch lange studiert. Wir haben eigentlich auch nicht wirklich einen feinen Song. Und wie machst du das gescheit? Du musst auch das Alter von der Zielgruppe auch berücksichtigen, oder? Ja, und unsere Zielgruppe ist easy 40. Es ist nicht mal wegen dem Ding. Du magst einfach nicht die ganze Zeit nur Hau drauf Songs hören. Du musst wirklich die Dynamik finden, oder? Und das ist mega schwierig. Ja. Gerade also Trash-Talk habe ich schon recht geil gefunden. Okay, gut, das holt das Ganze ein bisschen oben runter. Und unser Black Metal-Projekt ist für eine Ausgabe. Da gibt es auch nur Blastbeats 45 Minuten. No. Also, jetzt jetzt kannst du die 4 Bands... Whiteout als Opener. Yes, wir spielen einfach... Sorry, du hast etwas Gescheites. Ja, ich habe etwas Gescheites sagen. Ja, dann Haus raus, komm. Aber jetzt siehst du die 4 Bands und du musst sagen, du kennst jemanden, was die für Musik machen. Wie vielleicht, wenn du schon mal jemanden gehört hast, was für ein Set das sie spielen. In sich haben sie sicher schon ein bisschen mit der Dynamik beleidigt. Jetzt hast du Lotrify, wo doch auch mal einen feinen Ton anrührt, nehme ich an. Ganz ehrlich, ich habe es nicht mehr ganz präsent. Es geht, gell? Eigentlich nicht. Nein, aber sie sind die einzige Band mit Klingsang, oder? Whiteout. Ja. Auch, ja. Ja, und darum das ist der Tim, was und Henry B. Henry B. Heiss. Von dem, der Mike, sorry. Von dem her müsstest du eigentlich jetzt wirklich irgendwie Henriette B. Gut, die haben aber auch Klingsang und auch relativ... Nein, sind aber keins. Haben sie auch keinen? Respekt. Ich hätte Henriette B. als Rausschmeißer angestellt. Ich hätte eben gesagt... Oh, okay, jetzt denkst du vierdimensional. Fuck. Ich hätte eben Lotrify, um die Leute zum Saufen animieren. Dann Whiteout, um die Leute zum Durchdrehen animieren. Und dann Save Your Last Breath, weil das ist der Mitte-Slot, der gut läuft. Und dann der Rausschmeißer Henriette B. Aber es ist ein Samstag, oder? Ja. Du kannst um 9 Uhr anfangen, es hat keinen Support-Act. Ja, das stimmt. Ja.
Ja. Also ich weiss, was der Dings ist, was ich sagen. Oh, tell me, Daddy. Nein, ich kann nicht. Dann können wir früher. Was? Sag mal schnell kurz. 1, 2. Yeah! Und dann spielt. Also eine Und von nachher kommt. Yeah! eine und von dann- jetzt richtig gemacht. Yeah! Gesagt. Heftig. Wir haben auch alle Varianten durchexerziert. Nein, aber Safe als Breath als Open. Hauptsache, es wird würfeln. geil und kommen früher. Und ich habe Tickets, weil es wird fix ausverkauft. Ja, das bin ich auch. Also, Das Bella bin ich nicht- sicher Bella dabei. nicht- Frage jetzt einfach, ob ich recht gesagt habe. Das ist eine Antwort. 3, Also, 2, ich habe 1. es eingetragen. Aber was Ja, das auch... bringt mir hure viel, wenn du es eingetragen hast. aber wo Ja, auch ja. müsstest Tickets Das Highlight ist vorkaufen. sowieso an der Bar. Ja. Aber Das hat schon in ihrer Hose, Baby. wo auch müsstest Tickets kaufen, früher, wird es wahrscheinlich ausverkauft sein, wird Siamese sein, mit Versus Whiteout. 25. Februar. Was habe ich gehört? Oder Wer ist das ein kann ich Whiteout? nicht. Oh. Ja, Da muss bessere ich Chance. ins Exil gehen. Ja. Siamese schauen. Sei es schauen! Ja, das wird geil. Ich freue mich auf Hey, Siamese. ganz ehrlich, ich habe mein Trick gelassen. Ich finde es nicht geil. Ich glaube, ich komme wahrscheinlich im Vergleich. Es ist wie so 10 Minuten von meinem Arbeitsort Ja. weg. Meine auch. Ja, ich weiss. Ich Du habe schaffst 2 Stück über mir, Kollege. aber ist es am Sonntag? Siamese aber schon mal live gesehen im Werk und anscheinend hasse ich es nicht. Mhm. Meine Freundin hat mir gesagt, Silvan, du hast die Band als einzige am Abend nicht scheiße gefunden. Die Freundin sagt der Silvan. Ja, Das tut mir mega leid. ist okay. Ich finde es eigentlich besser wie das andere. Aha, soll ich dir auch Silvan sagen? Nein, das ist okay. Soll ich dir Silvan sagen? Oh, das wäre Sylvain. super. Oh, Silvan. Sylvain wäre am besten. Sylvain. Sylvain interessiert. Talk to me. aber jetzt was ist der Plan für die Zukunft für die K-Effekt? Was Plan? Also wirklich einen Masterplan haben wir nicht, weil grundsätzlich nehmen wir es eigentlich wirklich, wie es kommt, und wir sind eigentlich mega happy mit dem letzten Jahr, das wir gehabt haben, denn wir haben hure viele coole Shows dürfen spielen. Wir sind, vor allem, das macht das Ganze schon hure geil. Wir werden wirklich angefragt und sagen, hey, Dudes, wir würden gerne mit euch spielen. Mhm. Und das ist einfach so, wow, das ist irgendwie so, für uns ist das so ein bisschen das Größte. Ja. Weil es wollen wirklich Leute mit euch spielen. Nein, und wir sind am Punkt, wo wir tatsächlich Anfragen bekommen und uns können überlegen, hey, wenn wir das machen. Und klappt es auch, weißt du? Und vorher bist du einfach froh gewesen, wenn du eigentlich so gesagt beim Rudi Rüdisüli hast du im Keller spielen, oder? Ja. Und, Das ist kein fiktives Beispiel. Der Rudi Rüdi ist mir alles in Nacht. bin mir nicht sicher. Nein, und schon, das macht das. Und jetzt nehmen wir es eigentlich mal so, wie wir es jetzt, also wie es eigentlich kommt, auch dieses Jahr. Wir haben schon wieder mehrere Anfragen gehabt. Wir dürfen sogar das Jahr noch eine Hochzeit spielen. Wer und wenn und wo ist natürlich Boah, alles. das würde ich auch gerne mal. Ist natürlich alles privat, das dürfen wir so weit eigentlich nicht sagen. Aber das ist geil. Aber es ist geil, das wird grossartig, weil es auch ein richtig geiler Bandausflug wird. Das ist schon geil. Und vor allem wirklich geil, wir haben bei dieser Person schon mal einen Geburtstag dürfen spielen. Das ist wie das zweite Mal ein privater Fest von der das ist Gleichen. geil. Und Immer der in Geburtstag Pizzaladen. ist In ab. Pizzaladen. Nein, Also es ist im Tessin, von dem her ja, aber nein. Ich glaube, ich darf sagen, dass es im Tessin ist. Ja, Tessin das, ist das gross musst du sagen, du kennst ihn besser als ich. Ja gut, im Tessin mit dieser Mit Info. Dream Info- Shade als Opener. Mit dieser Info. Hey, Hochzeit Dreamshade im hat im Fall Tessin. mal... Ja, jetzt kann das jemand erzählen da nachher, machen aber und, einfach zum Flexen. Dreamshade war mal Opener bei mir, wo wir gespielt haben. Was? 5'500 Jahre, weil sie für irgendwie 2 Wochen Geld sind, dort schon besser gewesen als wir. Crazy. Aber sie haben vor uns gespielt. Promethe auch. Ja, und nachher wäre eigentlich, wir wollen eigentlich wieder eine neue EP rausbringen. Mhm. Der März ist da schon dran, wie ein Hefti machen, Nein, weil Moment, ich wir haben- bringe es wir nicht haben- fertig zum Songschreiben. Der darum Merz muss und ich es- haben letztens unsere Songbaustellen durchgeschaut, um zu schauen, ob wir vielleicht 1-2 Songs haben wir können anschauen können. Turns out, wir haben eine fertige EP. Also wir haben Beste. zumindest 5 Lieder im Petto, die wir eigentlich mal durchziehen wollen. Nein, wir haben noch 8 Lieder im Petto, die wir können, Ach Gott. die wir können fertig Das machen. ist mehr als ich. 5 sind mehr oder weniger fertig. Einer davon ist von dir. Ah ja, Dann stimmt. braucht nur noch ein paar gute Riffs, einen guten Refrain. Guter Gesang, gutes Schlagzeug und dann Intro, Outro. ja, und nachher wäre es ein super Song. Aber Danke der vielmals, eine Lukas. Ton da drin... Nein, aber das Songwriting ist sehr weit fortgeschritten. Das heisst aber nichts, weil den Scheiß muss man ja noch aufnehmen. Ja. Ja, das geht und- so lang. Üben. Darum, wenn ihr einen guten Sänger kennt, Mhm. Ja, und mit dem Aufnehmen... Ich bin Zum ein Beispiel. Sänger, kein guter, aber ich bin ja, das ist Sänger. gut, da hast du mir etwas für aus. Und können wir demnächst auch Klingsang erwarten? Nein. Nein. Nicht Außer mal- du nicht mal machst vielleicht. Ricky macht Klingsang. Okay. Ricky, gehen wir Klingsang aufnehmen? für sie? Der einzige Klingsang, was bei uns wird geben, ist der Chor im Hintergrund. Sehr gut. Oder vielleicht ein Würgegeräusch von mir. Bürgergeräusch. Das geht auch schon fast unter Klingsang. Das oder? zählt auch, ja. Nein, und wegen dem Aufnehmen sind wir natürlich jetzt noch am Schauen. Jetzt haben wir eigentlich immer mit dem Drummer zusammen gearbeitet und noch einmal mit Wenn er dem sagt, das ist der Marc von Der Massilia. Marc, ja. Marc von Massilia und mit dem Schmidli noch einmal.
Das ist lange Warte, her. hat Das er ist nicht, lange her, ja, aber wie ist trotzdem. Shroom Studios? Den Mushroom-Dings. Mushroom Studio. Nein, MTR Studios heisst es. Von Mark. Aber ist nicht von Mushroom abgeleitet? Kid in the Mountain Kid in the Studios. Mountains Ja, heisst ja. ja, Also aber ich der kann- mit dem ich kann- Mushroom abgeleitet möchte ich jetzt nicht Ja, ich meine, on air darüber diskutieren. Das ist ja Mycelia. Ist Dann ja diskutieren aber wir off-air so- drüber. Ich habe auch noch Er einen hat mal Take so dazu. Mushrooms Studios, so irgendwie so Shroom irgendetwas mal, vielleicht als Idee oder so. Möchtest du unterstellen, dass Leute von Mycelia illegale Drogen konsumieren? Weil ich bin rechtlich verpflichtet, das zu verneinen. Das ist gut. Okay, fair. Und jetzt sind wir natürlich mal ein bisschen schauen, was wir machen, wenn wir eventuell mal noch ein bisschen, also nicht gegen den Marc, der macht seine Sache solid, wir sind immer mega zufrieden mit dem ganzen Zeug, aber wir haben mal gedacht, wir eventuell mal zueinander gehen, wir wissen es noch nicht ganz. Nehmen wir das Zeug selber auf oder gehen wir in ein Studio? Immer Beides. alles bei... Gut, schön einig sind wir uns Ja. auch einig. Nein, den Clip haben wir selber aufgenommen. Das Schlagzeug haben wir so halb selber aufgenommen. Der Bass ist programmiert und der Gesang habe ich beim Markt aufgenommen. Also es ist wirklich beides. Ja gut, stimmt. Ja, fair. Ah, was nutzt er Aber eigentlich ich find- für Basssound? Ja. Ja. Ah, den Was- sauberen was für Verrat Bass? kann ich nicht Was für wissen. Basssound? Ja. Ah, Ja. Was immer Presets sind, von was er immer für das Plugin der Markt braucht. Ja, okay. Ich nehme es an, er nimmt das Eurobase 2 Bass oder... Wahrscheinlich. Ah, Easy Bass wahrscheinlich. Also, nein, definitiv Easy Bass, ja. Easy Bass, alright. Easy Bass, ja. Also Easy Bass spielt sicher Bass Bass live. Mhm. Alright. Was der Das Markt ist- bei der das ist- Aufnahme das noch ist- für einen Chain drüber begleitet, weiß ich nicht. Ja. Alright. Und ja, nein, wir nehmen es eigentlich immer selber auf. Wirklich, daheim und alles. Vor allem dort kannst du auch Außer noch... wir es nicht die selber aufnehmen. Erstens mal ist es ein Kostenpunkt, das weiss jeder. Was natürlich cool wäre natürlich, wenn du natürlich kannst aufnehmen, dass du eventuell noch ein bisschen Inputs hast von einem erfahrenen Studio-Mensch, der dann eventuell sagt, Ja. hey, Dude, das würde noch einmal überlegen, das funktioniert irgendwie so nicht Das- ganz. So, hey Das Bella, das würde- Riff ist eigentlich schon geil, aber fick dich, es ist langweilig, spiel's mal so. Spiel's anders, ja. Danke Ricky, der Song ist nachher einfach viel besser mit dem gewesen. Ricky aufnehmen. Es gibt eben Weil Haufen- ich es weiss gibt nicht, ob Haufen das Varianten. Publikum weiss, weil der Ricky hat ja das Studio, man kann aufnehmen. Hey, ich mache nicht mehr wenig Recording, Geld. aber ich mache Mix und Master, ja. Ja, genau, das meine ich, wo man Das nicht wäre- kann aufnehmen Ja. Du, schau, bei uns ist es wirklich... Aber hey, je nachdem, wenn ihr die Band Eversis genug lang stressen, könnt ihr bei uns aufnehmen. Wir können es zwar nicht Mix und Master, aber ich kann es aufnehmen. Hey zusammen, also, zum kurz erklären, wieso das jetzt ein Yeah gekommen ist. Ich habe gerade auf den PC geschaut und gemerkt, dass wir nicht mehr aufnehmen. Ja. Was damit zusammenhängt, dass dem Ricky seine Festplatte voll ist. Und was damit zusammenhängt, dass der Kate-Effekt einfach seit 2,5 Stunden unser Ohr Aber ablabert. so voll ist es auch Shit, nicht. und deine Hey, ihr habt Festplatte ist immer angefangen. noch voll. Im Fall. Von dem her ist es eigentlich nicht mehr so tragisch, weil wir haben jetzt glaub, wirklich etwa 15 Minuten über etwas geschnurrt, das niemand interessiert. Es hat nicht mal mich interessiert, ich bin dabei gewesen. Um es kurz zusammenzufassen, es ist um Das weiss ich nicht mehr. Mycelia Album produzieren, selber Stimmt, ja, aufnehmen. genau. Kate Und- Effect, aber Kate, ja, nein, ihr seid ja bei Mycelia Drummer am Aufnehmen, Ja, das gewesen, oder? Ja. Er heisst Drummer und ist Drummer. Ja, das ist effektiv so. Da habe ich auch schon mal so lachen vor etwa knapp 10 Jahren. Fairplay, ja. Also viel mehr ist wirklich nicht passiert. Von dem her, Ricky, haben wir wollen mal kurz ein bisschen das als ein Wachrüttler nehmen, um vielleicht den Podcast wieder mal auf die Schiene zu bringen. Ja, würde ich mal oder sagen. einfach zu beenden. Ja, das habe ich damit eigentlich gemeint. Okay. Ja. Aber, Ich habe nie gedacht, sich zu sagen, wir schnurren Weißt- schon verdammt lang. Weißt du, jetzt haben wir das Frage-Antwort-Spiel gar nicht können machen. Welches? Das haben wir eigentlich immer wollen machen. Ja, dann Nein, machen das ist wir nur, das wenn die kurz. Leute bei uns zu Gast sind. Und wir sind jetzt zu Gast, wir sind Ja, aber- professionell. Quick Shot? Der Ricky und ich wären kurz dabei, das zu machen Gell? mit Das euch, ist wenn ihr da sicher etwas lustig. habt. Weißt du, du kannst Leute so gut in Stereotypen einteilen. Ja, wenn du go, nur- go. wenn du nur 10 verschiedene Fragen stellst. Ich Okay, wollte in aber den dann musst Stereotyp du eine eingeteilt Pause werden. machen, damit ich kann sagen und mir die Fragen überlegen. Das ist doch gut. Alright, warte schon. Also es wäre erst etwa die 3. Pipi-Pause. Aber dann hören wir jetzt, Ja. dann machen wir jetzt schnell kurz eine Pipi-Pause. Die Jungs Also von Jungs, Kate wenn wir Effect. jetzt weitermachen, haben wir noch eine Stunde. Also, Haben wir die noch Jungs Stunde? von... Okay, gut, fair. Was haben Ja, wir ist denn gut. für Also, wir machen jetzt Pipi-Pause. Oh die Jungs mein von Kate... Gott! Also, 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 Pause also- und dann machen wir jetzt Frage Why Antwort. makes this with Arnold Schwarzenegger voice? The boys from the... 25 we're gonna hours do a fitness, Pipi-Pause. And the guys from the Kate Effect are going to the toilet and thinking about the questions I will ask you. Nein! Quackshot. Ich finde es schön, dass es Alter, nach 3 sorry. Stunden geschafft hat, doch noch so etwas Ähnliches für das Format. Alter, das fucking Quickshot-Intro ist besser als Ja. jeder Whiteout-Song, der je geschrieben worden ist. Mach Aber das wer fertig. erzählt jetzt Fickmuschel? Okay, Ricky, du musst schnell das Mikrofon zu mir anheben. Du kennst ihn Alright. doch schon. Die australische Fickmuschel, oder? nein, ich weiß nicht mehr.
Okay, du musst auch das Mikrofon irgendwo in die Nähe von meiner Fresse heben nachher. Kennt einer, also wisst ihr, wie der Paarungsruf von der australischen Fickmuschel geht? Nein. Okay. Nein. Alle schauen, ihr müsst jetzt das Bild einstellen, sonst wisst ihr nicht, wie es geht. Oh Gott. Spumse! Okay. Das Das kommt jetzt unerwartet. Spotify Premium, aber hat sich gelohnt. Ich hätte jetzt irgendwie so... Tim und Dave. Eure, wir müssen am Schluss unsere Patreon Tim und Dave, eure ja. Patreon-Membership hat sich gelohnt. Ja, voll. Okay, du hast Patreon gesagt, ich habe etwas anderes verstanden. Pornhub. Ja, voll. Sag mal, es ist Alle das. Fans. Ist gut. Also ihr habt euch ein eigenes Quickshots-Format beigebracht, he? Ja, grundsätzlich Das machen habe wir ich das vorbereitet. Mitgebracht, nicht Genau. beigebracht. Aber das heißt, hast du das vorbereitet, die Ziggy-Pause? Ja, habe ich jetzt Ich vorbereitet. hätte nicht... Also, wir fangen an. Bella, Ricky. Jetzt Jo. schnell erklären, was. Nein. Also, Ja. wie auch schon Nein, bei du der... musst auch nicht erklären, es wird nicht erklärt. Oh, es wird nicht Es wird erklärt. einfach gemacht. Bella, Verstanden? Ricky. Ja. Klebeschuhe oder Gummistiefel? Was? Klebeschuhe oder Gummistiefel? Was zum fixen sind Klebeschuhe? Was zum fixen Klebeschuhe? So alt, so jung bist du nicht. Ja. Klettverschluss? Ah ja, sag doch das. Aha, Also oder? Klebeschuhe oder Gummistiefel? Klettverschluss in dem Fall. Klettverschluss, ja. Okay, also wir haben Gut, das ist 1-0 für Klebeschuhe. Hast du Gummistiefel? Hast du ein Eben. besseres Beispiel gehabt? Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Du scheiß Nerd. Okay, der Jetzt Ricky kommen wir braucht jetzt Star Trek. 2,5 Stunden, um sich Trek? Star vorbereiten. Trek, ja. Nur schon, weil du es lange überlegt hast, bist du ein Nerd. Fair. Wir haben einen bellenden Hund im Hintergrund. Ja. Das kommt gerade zu der nächsten. Also das wäre bei dir eigentlich wirklich eine sinnlose Frage. Hund oder Katze? Und Katzen sind Ja, weg. Und also das sind auch die Und du wohnst mit 2 Hund. Katzen. ja, es sind nicht meine. Also, hätte ich Zeit, hätte ich einen Hund. Hätte ich einen Hund, hätte ich Zeit. Jetzt hast du Zeit. Ich habe einen Hund, ich habe Zeit. Ja, temporär habe ich Zeit, ja. Oder eben nicht temporär. Hey, schau, in 10 Jahren sind wir alle arbeitslos wegen KI. Ja, genau. Fairplay. Ich nicht. Warte nur bis da bei ihre Roboter baut. Ja, das bringt gar nichts. Nur vielleicht schon. Oh. Ich habe vergessen, was ich wollte sagen. Ja, hast du gut noch einen? McDonald's oder Burger King? McDonalds, aber es ist beides Burger unterirdisch. King. Also Burger King. Kebab oder Falafel? Kebab. Ja, Falafel, aber die meisten sind trocken. Ich habe erst einmal nicht trockene Falafel gehabt. Und das war beim Alibaba in Winterthur. Es gewesen. gibt nicht trockene Falafel. Ja, zu Winterthur im zweitbesten Döner Ja, von wenn der jemand Schweiz. drauf fix. Alter Palestine Falter. Hä? Palestine Grill? Ich weiß nicht, Keine ob Ahnung. ich jetzt Das beste Fall. erregt oder angewidert bin. Es ist so... Es ist weiss nicht, es ist Okay, Anthrax oder Testament? Was? Anthrax oder Testament? Anthrax. Testament. Uff, alright. Aber einfach nur, ich habe noch nie ein Testament gelesen, aber Anthrax ist mir so auf den Sack gegangen als Vorwand von Slayer. Nein, denkst. Aber Anthrax. Ausschlussverfahren. Die eine finde ich scheiße, die andere mit Nein, besser aber Ich garantiere Anthrax John Bush Era. Ja, ja, das hat mir der Kollege schon gesagt. Er hat gesagt, Silvan, du wirst Anthrax geil finden, wenn du ein John Bush Album Ja, hörst. Ich John habe ein Bush, John best, Bush Album gelesen. Ey, ja, das ist voll. okay. Ich würde Anthrax sehr geil finden, wenn es gute Musik machen. Aber jetzt sind wir halt da. Testament. Aber so alt sind wir dann doch jetzt schon wieder nicht. Okay, jetzt, ich weiß, es ist ein unfair. Wir haben vorher schon vor Ding geleistet, aber In Flames oder Soilwork? So. Soilwork. Sehr gut. Korrekte Antwort. Danke. Okay, ich habe eins für euch. Was? Jetzt, es wird gekehrt. Stimmt, wir sind Gast. Katatonia oder Opeth? Oh, fuck. Damn. Opeth? Albumabhängig. Nein, also allgemein. Ja, allgemein Opeth, aber hure knapp. Nee, ich hätte Weil wenn Catatonia, nein, wenn Opeth gut sind, sind sie besser als Catatonia, aber Catatonia finde ich sind konstanter. Ja. Weil Ja. Opeth haben so viele Turds, Mhm. aber Catatonia haben einfach so, sie die richtig guten Opeth-Höhen erreicht, Catatonia nicht Mhm. ganz. Mhm. Inline-Skates oder Velo? Velo? Ich fahre Muss keine ich das beantworten oder wissen es die Leute? Nein, die Antwort von Bella ist ÖV, er fährt nicht Velo. Ja. Er hat einfach Velos. Was heisst ÖV, Alter? Also, mein Was heisst der Velo? Privatchauffeur. Jetzt sollen wir mal anfangen. Was Mein heisst der Privatchauffeur mit den weißen Händen. Okay, ich habe Aber du tust Downhill, ne? Ich Ja. habe Ja, Ah, Fragen ja, ich über- Downhill mein ganzes Leben, es geht Nein. nur bergab. Aber ich verstehe nicht, wieso das jetzt springen. Ja, der Ruf ist auch okay, streng. Okay, Genau, dann sorry, der ähm, Rick hat etwas Sinnvolles ich kann- gesagt. Wow, kann- das ist... Ich habe Lazarus AD. Was? Lazarus AD oder Havoc.
Lazarus AD. Lazarus AD sagen wir jetzt nicht. In dem Fall Ich habe Havoc. keine Ahnung, was du Oh, hörst. Bro. Das Tool-Album. Es ist eine Band, die ein Album rausgebracht hat in Thrash Metal und nachher nie mehr etwas gehört hast. Aber das ist so gut. Das ist so gut. Im Ist Fall. das Lazarus AD-Album? Oder ist das, was du mir geschickt hast, oder? Es ist. Ja, das ist geil. Das mit dem auf der Beat und dann der Gesang so. Ja, mit den tighten Röhrenjeans und der weißen Sneaker. Ja, genau. Und Solo ist so ein bisschen Auf da mit Ja, nie gehört. Es ist im Fall das Beste, für mich ist einer der besten Thrash Metal Albums ever. Und die Band hat ein Solo rausgebracht und ich fand, ciao zusammen. Ist so wie Necrophages, weißt du? Ah, stimmt, die Band hat es mal gegeben. Ja. Ja. Voll. Periphery oder Tesseract? Wenn wir schon bei, Tesseract, bei ja. Musik sind, wo niemand möchte Sex haben dazu. Oh ja, Tesseract. Periphery? Bruder, ich kann es wie nicht sagen. Oh shit. Ja. Weißt du wieso? Ich habe von beiden Bands, glaube ich, noch nie einen Song gehört. Aber Die korrekte Antwort ist Periphery. Periphery geht mir mehr auf den Sack, weil ich es mehr höre. Darum Tesseract. Inkorrekt. Inkorrekt. Das ist Periphery. Ich habe ich habe absolut keine Meinung dazu. Ich kann da mit keinem guten Gewissen eins von beiden sagen. Nicht so wie bei was ist es? Testament und Anthrax. und Anthrax. Mhm. Ich kann noch etwas fragen, aber ich habe den Namen von der einen Band einfach vergessen. Hey, same. Aber ich glaube, ich habe einen anderen. Green Day oder Blink 182? Green Day. Du Nutte, so eine alte. Blink. Hey! Du Nutte. Nein, sorry, das ist fies. Das sind beide absolut geil, aber Blink 182. Ah, jetzt habe ich es. Korrekt, ja. Alright. Modern Day Babylon oder Intervals? Ja, Intervals für die anderen keine ich nicht. Oh. Also ich weiß, dass sie existieren, aber ich finde es wahrscheinlich nicht gut. Sehr, sehr gut instrumentales Gent Atmospheric. Bruder, Alter, du kannst die zwei Wörter nicht miteinander verwenden. Oh, yes. Sehr gut und Gent. Oh. Erstens ist Gent immer instrumental, Gesang ist Zufall. Und das ist ein nötiges Ärgernis. Das ist wie der Deadmau5. Es gibt ein mega geiles Interview mit dem Deadmau5 und er findet, er möchte eigentlich Synthi-Choral programmieren und einen Beat leiten darunter, damit irgendwelche Bitches können tanzen können. Ja. Obwohl ich Er muss sagen, klarifiziert hat, dass mit Bitches dass das Geschlecht unabhängig ist und das macht ihn nicht sympathischer. Er ist so ein Stück Scheiße. obwohl ich muss sagen, der Album, das mir am meisten, oder der einzige Album, das mir gefällt von Intervals, ist genau der, wo die Vocals geholt hat. Es gibt Interviews mit Vocals. Das ist Oh ja. furchtbar. Sie haben es versucht zu scrapen vom Internet im Fall. Ja, aber der ist so gut. Aber das Thema ist der Aaron Marshall, der ist so pissed, nachher einfach das Sänger rausgegangen von der, wir sind eine instrumentale Band, wir machen nicht mit Gesang. Apropos, haben wir mal das erste Polyphia-Demo gehört, was noch so Prog-Death gemacht haben mit Gesang und allem. Nein. Wir sind irgendwie 16 gewesen, das ist gut. Das kannst du nicht hören, das ist katastrophal. Der sieht immer noch 16 aus, aber... Ja, aber jetzt sind es for real 16 gewesen. Es ist gut gemacht, du kannst es nicht hören. Es ist grausam, furchtbare Musik natürlich, aber das ist einfach so, was die mit 16 schon abgeliefert haben, ist einfach so... Ja, du meinst, das ist so wie das erste Architects-Zeug. Das kannst du auch nicht hören. Ja, aber das ist, wie es schlecht ist. Und das erste Polyphia-Zeug ist nicht... Mal ist ja schlecht, aber für andere Art schlecht. Ich bin wirklich musikalisch zu dumm, um auch nur ein bisschen die Musik zu hören. Alright. Ich fühle mich so richtig alienated, wenn ich so Scheiß höre. Ich denke mir dann einfach immer so, okay, das ist nicht für mich geschrieben, weil ich nichts verstehe. Ja, nice. Madball oder Agnostic Front? Madball easy. Yep. Oh. Madball, Brudi. Ja. Mit Agnostik fand ich es einfach zu viel. Agnostic Front sind sicher funnier und sie haben Props als die OGs, aber Madball musikalisch massiv. Ja, aber der Madball ist ja eigentlich Agnostic Front. Die interessantere Frage ist Madball oder Terror? Madball oder Madball. Ich kenne aber keine Terror-Songs. East Coast oder West Coast? East Coast. Die Antwort ist immer Snoop Dogg. Nein, aber ganz ehrlich, nachdem ich Terror gesehen habe am Grenichen letztes Jahr, easy Terror. Okay. Hey, so abgehoben. Madball sind Weltklasse live, aber Terror ist nochmal andere. Der Sänger von ihnen hat einfach so den Vibe von so einem richtig chillten Tauchlehrer. Alter, weißt du, was das Beste war? Ich habe Terror im Kopf gehabt, als die huren Bumperatzen, oder? Ja, genau. Und dann bin ich mit Safe Last Breath. So chillte Boomer. Dann bin ich mit Safe Last Breath im Backstage und der Moritz so, boah, Alter, da ist einfach Terror. Da ist einfach Terror und zum Mittagessen. Ich schaue so, das ist sicher nicht Terror, Alter. Das sind irgendwelche Väter, die ihre Kinder zum Fußballtraining fahren. Alright. Soccer Dads. Das ist genau der Vibe und darum sind sie so Da habe ich geschaut so, okay, es war Terror gewesen, aber eben... Aber die haben so abgeräumt live. Aber mein Problem ist eben immer so ein bisschen mit dem ganzen East Coast Hardcore, es ist so proletenhaft. So, du weißt...
Also du meinst jetzt Madball mit Proletav? Nein, das ist eben nicht. Das Also ist eben West Coast. Nein, Madball ist East Coast. Ja. Madball. Madball Ja, ist von New New York. York, Dude. Eben, East Coast meine ich, sorry. East Coast. Ich finde West Coast, Mehr California Beaches, HC. Palmen. Du findest Madball nicht proletenhaft. Ich meine, bei allen Weniger, aber weniger als Terror, von der wie die Was? Musik tönt. Ich meine, das ist von der Working Class, New York, weißt, Gabagool, weißt du. Ja, eben. also der ganze Vibe von Madball, den ich das gefunden habe, ist auch so Oi! 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 Jude! Oi! Ich weiss, ich mache jetzt britische Geräusche, aber das ist genau der Vibe. Ja, sehr nein, britisch. das passt perfekt. Und der Vibe von Terry ist so oh, hey man, you wanna go surf? Ich weiß nicht, ich habe sie eben immer gesehen und dann haben sie, vielleicht liegt es daran, dass ich sie an der Empirican Persistence Tour gesehen habe, wo sie mit Hatebreed gespielt haben. Ja, gut, Die haben aber- Hatebreed, Madball und Terror gespielt. Und Madball sind die einzigen, die irgendwie gechillt ausgesehen haben. Bei den anderen Bands sind immer so Fleischklops da gestanden, so Beefcakes. Und so klatscht, so mit Faust in die Handfläche rein. So, the fuck. Aber schlussendlich hätte ich jetzt eher bei Madball als bei Terror, aber ist ja gleich. Der Rick hat eine Frage gehabt. Ich habe noch eine Frage gehabt. Auch dass wir den Podcast Ich hätte wirklich Ja. noch die alle entscheidende letzte Hin- und Her-Frage. Was Okay, dann bisschen macht Angst am Schluss davor. nach dem Ricky sein. Ja. Was habe ich fragen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Die ja. Frage ist, was hat der Ricky fragen? Ja. Jetzt brauchen wir das- 50-50 Antwort. Wieso sind meine einen Pubes weiss? Hey, ich weiß sicher nicht mehr, was ich kann fragen kann. Madball, Agnostic Front, was ist noch? Tut's was viel Wichtigeres? Hm? IMS? Oder wer belastet was? Ubu. Müssen wir das rausschneiden, Ricky? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon. Ja. Weil das ist ganz sicher noch nicht öffentlich. Nein, It's not a tumor! Sorry, ausschneiden. I need your clothes, Also- your booze, and your motorcycle. Du, aber es ist, also EMS kann sowieso nicht aufhören. Wenn ist das letzte Versus-Release rausgekommen? Und trotzdem gibt es also noch. Es ist Tweets Passt ja. rausgekommen auf Instagram und niemand kommt raus, was wir mit dem Scheiß machen sollen. Die Ja. sollen da gefälligst Threads. schauen. Threads, meinst du? Threads, Ja, sorry, ja, Threads. Ja, keine Die Ahnung. Antwort ist ignorieren. Ja, ich habe es jetzt auch gemacht, Joel. aber ich komme nicht raus, was man dort macht. Ignorieren. Es ist einfach Twitter. Weißt du, was du es ist dort machst? Twitter für not Weißt du, was du dort machst? Nichts! Dort schreiben Ignorieren. irgendwelche dummen Weiber, Tango zur Seite schieben oder ausziehen. Und ich Ja, denke mir so, genau, wieso ja. sehe ich das, Alter? Was soll das? Das Ja. nicht Die wahrscheinlich, Antwort weil ist, wie du es Google installiert genau hast. weiss, auf welchen Seiten dass du angemeldet bist. Nein, Google nicht, weil ich brauche... Alright, ich habe noch eins. Vielleicht Okay, sind ja, ihr andere auch so- Suchmaschine. Ich Vielleicht sind ihr- Rant über Threads. vielleicht sind ihr auch so Nerds wie ich. Ich habe Angst. weil- Ganz sicher nicht. Wahrscheinlich schon. Ist eine dreifache Frage. Also mit Alles drei geht 1, Optionen. 2 oder 3. Geht die auch Genau. an mich oder nur an die Blind zwei? Guardian, Hammerfall, Camelot. Camelot, easy Blind Camelot. Guardian, Bruder. Let the Oder? hammer fall! Ich weiß aber auch nicht im Fall. Nein, Also, Camelot. also, Alles Camelot hat mehr den modernen Twist. Wir sind uns eigentlich Vor allem sowieso früher einig. Camelot haben sie haben so die Kitschstyle von Blind Guardian, aber es ist einfach das, es hat so, ich glaube, es ist so der Goth-Einfluss. Ja, mega. Aber mega. Blind Guardian haben mit Heaven Shall Burn zusammen geschafft. Congratulations, das haben Parkway Drive auch, aber sie sind gleich nicht so gut wie Camelot. Mm. Ist schon schwierig, aber ja. Nein, easy Camelot, keine Frage. Voll. Center of the Universe, Mann. Obwohl Camelot könnten von den Bands, die ich am meisten live gesehen habe. Wirklich? Mit dem Also- Roy, mit dem Roy Khan. Damn, glaub, weiss jeder drei die oder Band, vier die er am Mal meisten im live gesehen hat? Mhm. Ha! Damn. Und dann gibt es natürlich Das wäre eine gute Frage. Ja. Also ich habe es bei mir Einmal zusammen mit 100% beantwortet. Evergrey als Ja. Support, das ist schon Nice. richtig fix. Nice. Und Amaranth noch vorher. Ah, geil. Ja. Aber ich muss überlegen, weil ich habe mit dem irgendwann Liste Hammerfall Cover gemacht. Das zählt auch. Wo Aber- wesentlich nein, sorry, besser ist als das alle Bands sind Original. super, Alles ist super. Ja, aber Camelot, finde ich, sind so musikalisch die interessante Band. ja voll. Aber wenn wir so bei Deep Cuts sind, ist die Frage so ein bisschen Amaranth oder Dragonland. Von beiden habe ich Dragonland. wenig gelesen, aber ich habe mehr Amaranth gehört. Bruder, Ja. das ist ein fickes Dragonland. Dragonland ist die Vorgängerband von Amaranth, so halb. Der Gitarrist hat vorher... Hast du dort die Rothaarige auch schon gehabt? Den Weil die Rothaarig, du meinst einen anderen. Du meinst Epica, Delane. du meinst Epica. Nein. Ah, Epica. Oder Delane. Welche Band hast du gesagt? Amaranth oder Dragonland. Bruder, Amaranth hat auch eine Frau. Also Nein, alle, ja, nein, das ist die, alles Gothic wichtigste, Metal. die wichtigste Frage ist Dragon Force Mhm. oder Ailstorm. Also, Und die heavy. Antwort ist sowieso direkt vor das Verschiessungskommando. Beide Bands sind einfach absolut unterstützt. Das muss man vielleicht schneiden. Ich muss sagen, nein, ich muss sagen, Ailstorm, weil die haben den Enten auf der Bühne. ja. Okay, Amon Amarth oder Ailstorm? Und ich meine Amon Amarth jetzt, nicht Amon Amarth vor 20 Jahren. Was? Immer noch Amon Marth, Amarth immer noch. und Ailstorm. Ja. Jetzt. Ah, sorry, der Lisa Reed ist nicht rothaarig, die ist brünett, tut mir Ja. leid. Ja, sorry. Gut, ich meine, wann haben Amon Amarth letztes Mal etwas rausgebracht, Wo gut war. wo gelost wird?
2012, als ich sie am Wacken gesehen habe. 2004 hätte ich es gesagt. So, wann ist Rise of the Thunder oder 2012, als ich sie am Wacken gesehen habe. Das ist 2008 oder so. 2008 oder so, ja. Ja, voll. Ja, ich würde mehr Amaranth hören. Ja, ich befürchte es. Vor allem, wir haben mit Ailstorm mal zusammen gespielt, also am gleichen Festival. Geil. Ich habe noch nie etwas erlebt, das so gestunken hat wie Ailstorm. Das glaube ich dir aber. Das ist 10 Meter weggestanden. Das ist wirklich so. Du kennst es, du schaust in der IT. So der Geruch von jemandem, der sich wirklich schon seit Wochen nicht mehr gewaschen hat. Ja. Das ist nicht einfach Schweiß, das ist so abgestandener alter Schweiß, der schon das Weile können. Gut, ich kann noch nie. Es hat auch noch so recht viel schwarzen Kaffee drin. Nein, es ist einfach so. Das ist wirklich einfach so. Das hat jetzt einfach gesüdert. Ah. Und das ist so gegen den Wind. Und das ist so der Vibe, den ich für Ailstorm 2007 kann. Das ist wirklich nice. Geil. Ah, Sind es dort aber noch Piraten gewesen? Ja, fest. Okay. Und sie sind nicht mal Headliner gewesen. Sie sind nicht mal Elevate sind Piraten. Headliner gewesen. Das ist so lang ist das. Welches Festival ist das gewesen? Das Fiesta Pagana. Jesus Gott. Ja, eins von der 2 grössten- Auflagen gegeben. Ja, die erste war ein Reinfall gewesen, und die zweite ist ein Debakel. Alter, Ja, das ist mega schade. Pagan Metal hat so ihre Zeit gehabt. Ja. Ja. So, ein Moment. So. 2011. Aber leider nicht die Schmeriken. Mehr so 2009. Alright. Equilibrium versus Elevate. Ja, easy Elo. Equilibrium mit den Gen Maschinen. Enziferum oder. Nein, die Antwort ist Enziferum. Enziferum oder Norther. Ich glaube, das ist die spannende Oh, Frage. North ist Also sorry, also jetzt müsst ihr euch alle wirklich mal einfach mal an die Nase fassen und sagen, aber ich Was läuft eigentlich mit mir? Nein, ich ich habe hätte jetzt Enziferum oder- oder Winter Sun. Nein, oder Fintroll. Nein, die Antwort ist immer Fintroll. Ja, Enziferum Okay, würde ich gut, können gut. sagen. okay, also ich rede jetzt Aber es ist einfach interessant, in die Kamera, weil ich habe Es ist keine interessant, Ahnung dass mehr, wir alle was so da Nerds sind in abgeht. diesem Bereich. Ja. Das ist, weil wir alle einfach beschlossen haben, kein Sex vor 2009. Ich bin am überlegen, Kein Sex ever. Ich kann euch jeden Sex, ich sprich euch jetzt jeden Sex, den ihr jemals im Leben kann, wieder ab, Alter. ich bin am überlegen, was Ich bin jung. für Deep Cuts finde ich noch. Oh, warte. Stratovarius versus... Hör auf. Sonata Arctica und die Antwort ist Sonata. Okay, also Ja, ich glaube, muss ich schnell einen eindeutig. Kaffee machen in der Sonata. Zwischenzeit. Varius ist wirklich zu Nein, viel des oder- Guten. Adguy oder Avantasia. Wow. Da kann ich jetzt einfach sagen, Edguy. Und zwar, weil ich eine verdammt Edguy. gute Story dazu habe. Sehr gut, das ist sicher Also. besser als das Gespräch, das Ricky und ich jetzt führen. Ja, weil ich bin 2012 am Wacken gewesen, mit dem Das tut Dave. mir mega Mit dem leid. Dave von Safer Last Breath und dem Patrick von Safer Last Breath und dem Moritz von Safer Last Breath. Also fix auch keinen Plan gehabt zum 2012 Sex haben. Ja. Ja. Nein, nicht mal vielleicht, ja. Auf jeden Fall sind wir dann dort gewesen, dann sind wir irgendwann, es hat angefangen, es ist so kalt geworden und nebelig auf dem Campingplatz. Und wir sind irgendwann hure spät heimgelaufen. Der Moritz hat so das Gefühl, wir müssen dort durch. Und ich so, Bruder, dort hinten ist der Parkplatz, wir müssen dort durch. Moritz so, nein, wir müssen dort durch. Das war, nachdem wir schon einen ganzen Büdel Met haben müssen saufen, weil er das Gefühl hatte, wir könnten mit reinnehmen ins Festzelt, wo... Hey, noch ganz schnell. Sorry. Läuft echt die Aufnahme noch? Läuft. Ja, die Story geht elendslang, weil wir sind zuerst eigentlich fertig, irgendetwas am fertig gewesen. Dann sind wir ins Festzelt. Im Festzelt ist Karaoke. Zum Abschluss kommen. Sorry, nein, Komm schon, die Story es muss ist so da ziemlich der fertig Point erzählt of no return. Weißt du, jetzt läuft Sorry, und ich muss läuft und fertig werden. läuft. Und irgendwann zum liegt da Bella Wir sind dann Karaoke vom Hell schauen. Der Moritz, ich bin drinnen. Ich sehe nichts. Ich gehe wieder raus. Moritz so, sorry, ich habe mit Büdel Met nicht reinnehmen. So ein Liter. So, wir beide klopfen den Büdel Met weg, laufen rein. So ein Beutel mehr tönt so nasty. Ja, es war so ein Blutbüttel gewesen. Ja, nein, kannst du das mal. und Das dann- tönt auch so ekelhaft. Und so macht dann sind wir dann vor dieser Bühne gestanden. Und dann kommt so der Dude, der Karaoke from Hell ansagt. So, jetzt kommt Karaoke from Hell. Und das Erste, was er macht, ist einfach, er singt den Song Erection von Danko Jones, glaube ich. Hat dabei eine Trainerhose an und eine Latte. Einfach, ja, stabil. Ja, Der Moritz geht Drinks holen, kommt Das zurück. tönt wesentlich besser als alles andere am Wacken kann passieren. Ja, ja. Der Moritz geht Drinks holen, kommt zurück. Hey, sorry, Alter, ich habe eigentlich Rum Cola, weil aber jetzt haben wir Rum Energy. Und ich so, Nein! Wow. wir haben es trotzdem hintergestellt. Dann sind wir hure verwirrt so zurückgelaufen. 3 Stunden später kommen wir irgendwo an, sehen so Leute dort hocken. Wir holen uns einen Campingstuhl. So einen Campingstuhl angestellt. Da kommt so einer, pöbelt uns einfach so an, was wir da machen. Weil wir sind wirklich wie so Zombies. Es sind einfach so 4 Leute gehockt auf dem Ding. Alle sind so rumgelaufen, es hat so einen Nebel gehabt. Und dann kommt einfach so einer, was machen wir da? So, ja, wir sitzen da und chillen. Er so, braucht ihr noch etwas? Ich so, ja, ein Feuerwehr geil. Er so, alt. Er läuft weg. Wir so, what the fuck? Kommt er so eine Viertelstunde später zurück zum Kübel Feuer. Ich habe Feuer gemacht. Der Bruder so richtig wackelmäßig. Kommt er einfach so mit so einer Küche, mit so einer Pfanne, wo einfach so Feuer drin hat. Und wir so, was ist das? Er so, Ja, ja, das Feuer. tönt nochmal Deutsch am Festival. Hockt er einfach mit uns an,
der Dave, der Moritz und ich sitzen dort und er und nochmal 2 andere mit den Campingstühlen einfach irgendwo auf dem Backen und sind einfach am Leute abhöbeln, was so durchläuft. Das war fucking funny. Und dann irgendwann kommt so eine Hippie-Tusse mit so Dreadlocks zu uns, hockt so auf den Dave auf und macht so Uhren auf, erzählt uns, dass sie morgen geht Ed Guy schauen. Ob wir können mit ihr Ed Guy schauen. Und ich weiss, die Antwort nein war, dann musst du mir nicht mehr unter die Augen kommen. Die Antwort war so, nein, und ich weiss nicht mehr wer. Ich weiss nicht mehr, wir sind besoffen gewesen. Ich weiss nicht, was genau stimmt. Der Dave so, ja, aber vielleicht sollten wir ja gleich. Und wir so, wir gehen morgen Abend heim. Und er so, ja, aber offensichtlich schon verliebt in die hure Hippie-Frau, die ihm oben sitzt. Und dann hat sie uns einfach 3 Stunden von Ed Guy erzählt. Was ist das für eine geile Begrenzung? Aber ich glaube, das ist das erste und das letzte Mal, wo Ed Guy nur im Ansatz mit Sex in Verbindung gebracht worden ist. Das ist wirklich, das ist so der absolute Virginity Protector. Ja, ich habe dann nach dem Backen auch Ed Guy gegoogelt und sie denkt so, no fucking way. Ich liebe Ed Guy. So, ganz sicher nicht. So, wenn jetzt wirklich noch irgendjemand zulässt, dann ist er ein harter Krieger. Ja, Nightwish oder Children of Bottom. Oh goddammit. Nightwish. Ja, Nightwish habe ich mehr gehört eigentlich. Ich habe mega wenig Children of Bottom gehört. Ja, ich auch. Aber Children of Bottom hat auch keine Titten, Alter. Ich bin Mengenband noch so. Ich glaube, die haben im Schnitt mehr Titten Backstage als Nightwish. Das ganz sicher, ja. Sorry, da Alexia, Bums. Du kannst mir sagen, was willst du? Der sicher hot gewesen. Ja, gar nicht. Seine schwarzen Fingernägel. Ja, so bumst. Ist das jetzt wirklich das Schlusswort, dass Alexia auch bumst hat? Ja. Das wird der Folgetitel. Rest in Peace und Bruder, der restet nicht in Peace, der restet in Pussy, Alter. Rest in Tits. Sorry, Alexia Lahio, rest in Pussy, Bruder. Hey, darf ich mich noch schnell bedanken bei euch, dass wir einfach kommen? Ja, sicher. Und euch etwa 10 Ohren abgehauen haben. Ja. Und dem Ricky seine Festplatte gefüllt. Also das Publikum ist jetzt keine Sekunde schlauer über den Kate-Effekt, aber vielleicht findet es euch sympathisch und sie hören es auf Spotify rein. Schlauer über den Kate-Effekt. Vielleicht nicht darüber, was wir machen. Nein, aber vielleicht könnte ja irgendjemand eine Zusammenfassung schreiben, der das gelost hat und sich das wirklich angetan hat, dass jeder ich als Barkeeper von dieser Show, wo da die 2 zusammenspielen. Wenn du eine Zusammenfassung schreibst und sie an Metal-Server schickst, bekommst du ein gratis Bier. Und ein Hut von uns. Und ein Shirt von uns. Warte, wann schaffst du den Bar, wo wir beide spielen? Nie. Nie. Ich glaube am 19. Oktober. Es ist am 19. Oktober. Ja, nicht. In dem Fall nicht. Aber dann kommst du als safer als Breath-Konzert, dann gebe ich dir nicht etwas gratis Bier. Hey, look, wenn du eine Zusammenfassung schreibst, find uns und du kriegst etwas. Genau, Also, absolut. wichtig, Schreib uns und schick uns die. Wichtig, 25. Februar, Siamese, Wild Eversis. 16. März ist Fear Lab, Whiteout und Kate Effect. Wie geil. 16. März, 4 Lab, Whiteout. Ja, ist gut, dann spielt deine Band anstatt meine. Nein, 16. März ist Fear Lab Versus. Fear Lab Versus, genau. Spielt dann Whiteout, Double Headliner Tour von Fear Lab und Versus. Kein Problem. 13. April Safe Last Breath, Lodgify, 100B und Whiteout. Geiler Scheiß. Werk 21. Haben wir nicht auch noch mal ein Felix-Konzert? Nein. Ihr habt etwas geschrieben, aber ich glaube, das ist nur noch... Es ist noch nicht draussen. Wir haben offiziell keine Konzerte im Frühling, außer 16. März. Ja, voll. Sie haben auch keine andere, ihr müsst dann kommen. Ja, genau. Dann alle 3 Leute in Sebrina ist voll. Dann 9. bis 11. März Red Bull. Bullhead Festival. Red Bullhead Festival. Unbedingt. Einfach noch so als Reinschiss. Was halten wir eigentlich davon, dass Paleface geschafft hat, das Greenfield in die Knie zu zwingen? Geiler Scheiß. Habe ich verpasst? Paleface spielt am Greenfield. Ja, geil. Mobbing funktioniert. Und ich bin mir ziemlich sicher, es hat nur damit zu tun, dass Paleface unter dem Greenfield-Post geschrieben hat: Hey, komm, zeigen wir denen mal, dass es auch lokale Band. Ich weiß nicht, wie der Post, aber es ist so eine hure, irgendwie, ich glaube, der Paleface hat auf jeden Fall so hure Bauerndeutsch geschrieben: Kommt, bringen wir mal ein paar lokale Bands auf Bern, oder? Voll. Und dann einfach alle an der Einscheiden. Ja, buchen Paleface. Hey, aber das macht auch wirklich Sinn. Also. Wichtig, ich habe noch vergessen, wir sind Medienpartner von Days of Ruin und Comaniac. Ja. 3. März. 2. 3. März. Immer Samstag, Huttwil. Hutu, genau. Huttwil. Wir sind auch Nicht dort. Tutsi. Sorry. Voll. Genau, ja. Wir bedanken uns auch mega herzlich bei
euch zwei haben da Zeit genommen und jetzt die 3 Stunden haben genommen, um mit Das uns zu wir schnurren. haben euch die Zeit genommen. Die Lebenszeit ist nie mehr kriegen. Ich glaube, es ist eine recht gute Kollaboration gewesen. Es ist nicht das letzte Mal. Ich würde sagen, das wir noch machen. Wir bedanken uns auch mega bei unseren Patreons. Nicht mehr nur einen, jetzt haben wir 2 Patreons. Ja, der zweite geht mir aber auch Huren auf den Sack halten. Einerseits, Messi Tim von Polar Shift, gerne sie. Schreibt mir die ganze Zeit, dass wir mal etwas produzieren für ihn. Obwohl wir offiziell gesagt haben, wir machen nichts mehr. Genau. Gehen Polar Shift hören und Dave von Save Last Breath. Gehen mal Save Last Breath hören. Und wenn du uns auch supporten Save Last Breath und Polar Shift hören. Voll. Unbedingt beide hören. Wenn du uns supporten patreon.com/metal.servola. Dort findest du uns. Ihr seid geil sicher. Dave erklärt dich trotzdem. Ciao zusammen. Welches ist das Outro, Ricky? Erste. Das C. Ja. Bam.